Ist das Zell oder bin ich dumm? Das war der Ricky von 5 Sekunden, wo wir den Podcast das erste Mal gestartet haben. Bonjour, bonjour. 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 Guten Tag. Wir haben hier mit französischem Akzent Krautkill Reporter, right? Yes. Ah. Bonjour. Viele Leute fragen sich, was ist Krautkill Report? Ich bin ganz ehrlich, das habe ich mich auch gefragt, von der Ricky mir geschrieben hat. Ey, Krautkill Report im Podcast nicht. Ich habe schon beide Folgen gehört. Fix, machen wir. Kein Problem, Ricky. Who this? Ich glaube, wir fragen uns auch selber noch, ja, wir sind Sachen herausfinden. Genau, also ich glaube, das Projekt hat gestartet vor einem Jahr, wo der Jona und ich mal während keine Bandprobe und Musik machen gefunden haben, es wäre lustig, einen Podcast zu haben. Ja, und dann hat sich so das Konzept aber noch nicht so klar etabliert, wie es die letzten 2 Wochen, glaube ich, gemacht hat. Also wir haben über alles Mögliche geschnurrt und ich glaube, wir haben das selber nicht mehr hören. Ja, und wir schnurren sonst so über alles und darum ist halt, wir haben das wie wirklich konkretisiert und haben wie gefunden, wir machen das wirklich in Form von der Musik halt und bleiben ein bisschen, auch uns ein bisschen treu in dem, was wir gemacht haben und wollen machen. Ja, dazu ist halt ist auch cool, dass... Darf ich mal schnell kurz reingrätschen? Yes. Darfst du schon Lüftung abschalten zuerst? Du mit einer Lüftung, das ist wieder ein Breakdown of Sanity-Ding. Bruder, chill! Erstens, das gehört kein Sau auf dem Podcast, du bist wieder der Autist. Zweitens, wir haben keinen Strom mehr. Ich weiss nicht, was gemacht hast. Bruder, wir nehmen den mit dem PC auf. Oh ja, das stimmt. Wir nehmen mit der SD-Karte auf. Ach ja. Fairer Punkt, ja, da hast du vollkommen recht, Ricky. Jetzt ist es gerade saumässig ruhig, wenn die Lüftung nicht mehr läuft. Absolut. Bevor der Ricky in meinen reingerätscht ist, habe ich eigentlich noch mal geschaut, könnt ihr euch schnell kurz vorstellen, für Leute, die euch vielleicht noch nicht so kennen. Wer sind denn ihr? Was macht ihr? Wie sind ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr überhaupt den Podcast Krautkill Report ins Leben gerufen habt? Welchen Jahrgang sind ihr? Welchen Jahrgang bist du? Ich habe gehört, Tinder hat jetzt das Feature, dass du deine Größe kannst eingeben und das nachher kannst filtern danach. Aber du wirst nicht blockiert, wenn du kleiner bist. Du wirst halt einfach nicht angezeigt. Ja. Dann sage ich bin zwischen 1,70 und 2 Meter. Ich bin der Jona Marecke. Ich bin von Baden Region, schon immer so ein bisschen. Ursprünglich von Windisch, 96er Jahrgang. Ich bin schon immer Musiker gewesen, Music Producer, Sänger, Bassist. Und jetzt neu auch selbsternannter Möchtegern Journalist. Mit dem Bursch da. Wer ist der Bursch? Yes, ich bin der Mick, 9,61 Meter groß. Nein, irgendwie keine 1,70 oder so. Bin gelernter Tontechniker, habe das SOE gemacht, bin jetzt gerade den Bachelor machen. Auch ebenfalls sehr viel am Musizieren als Sänger bei diversen Bands und ja, auch als Live-Mischer in den letzten paar Jahren. Und ja, seit wir unseren Podcast gestartet haben, auch als Journalist offenbar. So schnell geht's. Ja, so schnell geht's. So schnell geht's mit YouTube, oder? Ganze 25 Abonnenten. Shoutout, es werden hoffentlich mehr, oder? Das sind mehr, als die meisten Leute auf dem Planeten haben. Das so ist tatsächlich so. Also wirklich, also ich habe schon andere Projekte probiert zu starten in den letzten 28 Jahren, die es mich gegeben hat. Und ich muss sagen, das ist fast schon eine Ehre, so nach 2 Wochen tatsächlich Menschen zu haben, die einem nicht kennen, die nicht die Grossmami ist, oder? Die nicht die Mami ist, die nicht der Brüder ist oder wer auch immer, weil die unterstützen einem immer. Und es ist schön zu sehen, dass das ein bisschen Anklang schon bekommt und dass wir vor allem auch nach 2 Wochen, wo es uns gibt, schon da stehen und da hocken. Absolut. Also danke auch für die Einladung. Ja, cool. Wir haben mega Freude gehabt, sicher zu hören. Yes, so ich eigentlich das. Ja, cool, dann haben wir nochmal einen SH-Alumni da, gell? Yes. Ja, richtig. Also der junge Mann nebenan auch. Ja. Wann hast du abgeschlossen? Ich bin der einzige der nicht qualifiziert ist, über Musik zu reden. Ich glaube, keiner kann gerade sagen, er ist qualifiziert, wenn er nur schon den SAE-Abschluss hat. Also ich glaube, das Einzige, was die SAE-Absolventen wirklich alle gemeinsam haben, ist weniger Geld als vorher. Das, ja. Ich definitiv. Ja, ich selber habe viel können daraus rausziehen, aber ja, vor allem bin ich immer noch am Zahlen. Immer noch, nach 2 Jahren im Fall. Ja. Bin immer noch ein bisschen am Portemonnaie leeren. Das ist eine gute Grundlage, aber du merkst, sobald du fertig bist, oh, jetzt fängt es an zu lernen. Absolut. Also ich finde mega, oder? Es ist halt
Tessoi, wir haben schon ein paar Mal über das geredet, das wie Tessoi ist mega cool, wenn es darum geht, mal einfach einen Spielplatz haben, glaube ausprobieren können, weil du kannst so viele Sachen dort ausprobieren, es ist crazy, oder? Ich habe zu wenig Zeit in diesen Studios verbracht. Ja, eben genau, oder? Das ist wie so das Ding, oder? Man hat wie wenig Unterricht und durch das verlagt man, glaube ich, auch ein bisschen weniger dort zu sein. Ja. Also ich bin jetzt auch, glaube während meiner Diplomszeit bin ich eigentlich nie in einem Studio, glaube ich, außer vielleicht ein paar Mal, so, wenn ich haben müssen für irgendwelche Ja gut, Aufträge. du hast es nicht, du bist 20 Minuten von Zürich. Es gibt Leute, Ja, die wir in der Klasse sind, die sind vom Thurgau jeden Tag. Also ja, Eben, jeder das ist Schultag halt 4 auch noch so Stunden das Ding, angefahren. oder? Wenn du natürlich nicht gerade näher wohnst, ist es halt blöd, oder? Dann gehst du natürlich vielleicht auch nicht gerade so Campuszeiten dann, wenn es in die Schule hättest, oder? Also lang lebe DIY ist da der Lang lebe Fazit DIY. eigentlich, Ich, oder? ich weiss, was am meisten schockiert ist, bist du in der Schule, hast das geile Mikrofon, Preamps, dann gehst du heim, nimmst mit deinem Focusrite auf und so, warum tun sie nicht gleich? Ja. Aber Oder irgendwie- umgekehrt, du gehst dort her und hast das Gefühl, du wirst rocken und nachher nimmst du mal mit einem richtig guten Mikrofon auf und merkst, Scheiße, Ja, voll. tue ich wirklich so schlecht. Den gibt's auch. Kann ich bestätigen, habe ich am Dienstag vor einer Woche gehabt. Ich kann nur besser werden, so, oder? Ja. Hey, aber so aus dem Gedanken, dass ich eigentlich Livestreams machen in unserem Bandroom in Dettwil, der Red Carpet Bandroom, den gibt es eben schon seit 10 Jahren. Wo ist der? Ich wohne, glaube ich, ziemlich Wahrscheinlich. straight neben dem Huren Das kann Band. einfach gut sein. Es ist grad, weißt du, wo das Phoenix ist? Hinten dran. Es ist wirklich, also, es ist hinten dran. Ich wollte jetzt nicht mehr darüber reden, weil sonst wissen die Leute, wo ich wohne, aber wir können das nachher sonst gerne klären. Hey, Das ist sehr gut. soll ich den Mic Lüter pegeln oder ist gut? Ja. Ah nein, du musst einfach nicht. Ja, ich glaube, ich muss einfach näher sein. Ich nehme einfach das Mikrofon. Bist du nicht eigentlich Sänger in wie vielen Bands? Warte, du musst Muss es man so dir machen. ernsthaft erklären, wie man ein SM58 Hey, das gibt? Ding ist im Fall, ich habe im Fall ganz lange, glaube ich, das Mikrofon falsch gehabt im Fall, weil irgendwann bin ich mal so gewesen, und dann bin ich mal Musst so du gewesen, dann bin ich abkappen, mal der gewesen und ja, mittlerweile habe ich so ein Zwischending. Aber, also, Ja, der Red Carpet Bandroom, der ist in Das Red Carpet Dettwil Red Room? Der Red Carpet Red Room, der Band Carpet Red Room. Call it what you wanna call it. also, es ist der Red Carpet Bandroom. Der ist seit einem Jahr sind wir ein Verein. Und ich habe mir eben gedacht, ein Verein, der macht doch Sachen meistens. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir doch die Sachen. Und eine von diesen Sachen ist Sachen veranstalten. Ich sage jetzt nie mehr Sachen, weil sonst ist, glaube ich, meine Karma-Points sind aufgebraucht. Und da ich zu faul bin, zum Events planen an irgendwelchen Orten, weil da ganz viele Sachen hin und her immer sind mit so vielen beteiligten Menschen und ich doch lieber dann Sachen einfach allein mache, habe ich gedacht, gibt es einfach Livestream-Events. Und habe gemeint, das ist eine einfache Aufgabe, aber hat sich herausgestellt, das ist nicht so eine einfache Aufgabe und Monate später bin ich jetzt da und habe einen Podcast. Ist ein bisschen einfacher. Nein, das ist auf jeden Fall der Anfang. Also in dem Red Carpet Bandroom wird noch einiges passieren und der Crowdkill Report ist eigentlich so ein bisschen die offizielle Metal-Ecke von dem Red Carpet Bandroom. Deswegen ist unser Podcast auch auf dem YouTube-Account vom Red Carpet Bandroom. Ja, ist Genau. eine gute Idee, eine eigene Instagram-Page zu machen für das Branding, weil ich bin recht Ja, verwirrt gewesen beim das glaub ersten ich. Mal. Das ja, glaube ich. auf diesen Punkt sind wir, glaube ich, einen Tag nachdem die erste Folge rausgekommen ist, sind wir genau auf das gekommen. Scheiße, wir haben keinen Instagram-Account. Ja, vor allem bin ich Leute random sind Leute mega verwirrt. fragen, so hey, an der Fantasy Basel bin ich ein bisschen Werbung machen und die Leute haben es zum Teil wirklich nicht gecheckt. So, ja, Ja. aber wo ist jetzt... Wo ist jetzt... Und unbedingt auf Spotify hochladen im Fall. Unbedingt. Es ist einfach so easy. Ist vor allem halt auch ein Ort, wo die Leute tatsächlich viel Podcasts hören. Ich bin, Ja. für mich ist YouTube der Podcast-Ort. Ich konsumiere alles auf YouTube. Musik ist für mich Spotify, Musik so. Aber ja, Mann. Ich kann beides, ja. Gell, es Fair. gibt dort viele Leute, die Spotify Podcasts Ihr hören. ladet ihr zum Ich Beispiel zähle nur auf zu Spotify auf? Nein, beides. YouTube, Spotify. Okay. Aber durch Spotify for Artists, du hast auch überall hochladen, wo es einen Podcast hat. Und du kannst noch extra Dienst ergänzen mit dem RSS-Feed. Du kannst einfach mal einmal reinpasten und es tut immer der Distributor. Also es ist das ist über Spotify selber gehostet. Spotify hat Anchor.fm gekauft und die haben einfach das übernommen. Das heisst Spotify for Artists, aber es tut es einfach wirklich überall distributen. Deswegen unbedingt machen. Das Okay. muss man also gar nicht so konventionell über DistroKid oder so machen. Nein, es Das ist immer ein übernimmt, Pain. es übernimmt Distribution und es ist gratis. Also wenn du einen Podcast willst anfangen, dann ist es easy. Ja, ich habe das Gefühl, Spotify macht Geld mit Podcasts und nicht mit Musik. Ja, Und probably schon. und der Video, Danke für den Tipp, werden wir umsetzen. ja, Videopodcast ist auch easy, ist einfach mal ein File aus Ja. und go for it. Ja. Ja, kann ich nur empfehlen. Okay. Danke.
Ja. Yes. Danke, werden wir umsetzen. Checken wir ab. Voll. Ich habe jetzt zu tun. Der Nick ist nämlich nächste Woche in der Ferien. Nächste Woche, die nächsten 2 Wochen mache ich allein. Oder mit jemandem. Mal schauen. Aber ich muss sagen, Weekly Rate ist hart. Also da Respekt. Respekt. Ja. Ja, wir haben, glaube einen Workflow. Wir sind am Optimieren die ganze Zeit. Wir sind am Optimieren, weil die zweite Folge ist ja... Also die zweite Folge haben wir, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen aufgenommen. Wir haben sie eigentlich am Sonntagabend haben wir alles recorden, aber dann ist auch Licht. Oh nein, das ist nicht cool. Die Lüftung noch an. Die Lüftung noch an. Und nein, das ist nicht cool. Und nein, das ist noch nicht gut. Nein, jetzt ist viel Hunger. Hunger. Es ist schon morgen um 1. Ja. Irgendwelche Sachen müssen korrigieren und dann, ja. Ich muss sagen, Wir haben es am Montagmorgen gedacht. Ich habe eine erhebliche Verbesserung gesehen vom ersten zum zweiten. Schon. Also so, es ist halt etwas Neues, oder? Ja. Aber jetzt fühlt es sich mega natürlich an. Also ich habe beide durchgelassen. Du hast schon noch nicht gelassen, gell? Bruder, es gibt Leute, die spielen die deine Bands, müssen neue Songs lernen wegen dir und haben zwischen noch Hobbys nebenbei. Und alle, also keine Zeit leider. Wie tief die Jungs können mit News, Releases und Shows. Ich glaube, wir müssen das Segment noch machen. Bruder, wir müssen einfach mal aufhören, Gäste haben und wieder mal miteinander schnurren. Dann könnten wir schon wieder. Ich glaube, wenn wir ein News-Segment machen, dann tun wir einfach ein Snippet von fucking Crowd Report. Wir können es aus. Was? Das Konzert gibt es? Ich habe nicht gewusst, Alter. Hey, also... Das könnte man im Fall, das ist nicht so ein Ding, das könnte man sonst schon mal wieder reindingsen. Wir müssen das halt einfach 10 Minuten Zeit nehmen, bevor wir den Podcast aufnehmen. Nein, jetzt mit Moschstübli müssen wir nie mehr Screenshots von Instagram einfach sammeln und 10 Minuten vor dem Podcast einfach so. durch. Hätten wir nie müssen, so. weil ich habe gemerkt, ich habe ja das blöde Gedoodle-Internetseite, wo sowieso alle scheiß Konzerte eingetragen sind. Sonst machen wir mal ein kleines Shoutout. Ja, Shoutout an Mosch. Shoutout an Martin. Der Martin ist der geilste Sieg, was es gibt. Der Martin hat eine Homepage gemacht. Ja! Mit all seinen, wo er alle Konzerte gesehen hat. Musst du ihn mal fragen, ob du einen Account kannst machen. Ja, wir haben schon mal mit ihm kurz connected, weil wir im Flüssig gespielt haben. Also ich habe im Flüssig gespielt. Mit Mo, du bist nicht dabei gewesen. Das ist die letzte Show. Mit Crackfist und Citrus, Dig Reg und Aura. Das war ein Yu-Gi-Oh! Card Flyer. Das war der zweite Yu-Gi-Oh! Card Flyer. Yes. Und dort haben wir den Martin wieder mal gesehen. Also, dann ist ich habe den überall gesehen. Wir müssen den Martin mal interviewen. Ja. Oh, ja. Der Martin ist Charakter. Yes. Ja, also eben, er hat mir den gezeigt, den Kalender. Ich habe nämlich gefragt, hey, cool, dass du immer wieder so da landest und so. Und er hat ganz stolz, so, das ist irgendwie schon die 12. Show am 2. Tag der Woche gefühlt. So. Und dann hat er seinen Kalender ausgepackt und ich bin ins Loch. Ich so. Ja, er ist der Einzige, der Umi kann rivalen. Also Martin bist du das Reto, Alter. Ultimative Showdown. Martin, Umi, Reto. Ja. Ja, wenn die 3 fighten, mein Geld ist für den Martin. Wenn wir ein Bett machen. Ich sage, das Problem ist, der letztes Jahr besucht. Der Umi, 100%. Also ich kann es sagen, ich könnte nachschauen, aber es ist der Umi, der hat irgendwie, der hat mehr als 280. Obwohl Amis gerade einfach in der Ferien irgendwo und vielleicht durch das ist der Reto mega gewesen. Der Reto? Ich weiss nicht, der Reto mega. Aber das Ding ist, ich meine, der Umi catcht aber auch etwa 4 verschiedene Shows an einem Abend. Ja, okay, das ist mein Maxing, Alter. Wow. Das ist so. Das ist einfach Hacking. Wow, okay, krass. Er geht, glaube ich, etwa 7 Festivals in den nächsten 2 Wochen. God damn. Oh Gott, damn. Ja, weil er macht es auch noch für den Job, weißt du? Ja, klar, natürlich. Ja. Das ist auch ein Motivationspunkt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin halt doch auch eher in der Kreation von der Musik auch so immer gewesen. Ich habe eine riesige Begeisterung für Shows und vor allem für Inspirationen auch zu bekommen von anderen Künstlern. Und es tut einfach wirklich auch gut, mal aus dem Studio rauszukommen und dann mal zu sehen, ach wow, ich bin nicht allein. Aber definitiv die Journalistenrolle tut, glaube ich, auch ein bisschen gut, um zu sagen, hey, mal, jetzt geht man auch mal an Shows, damit man ein bisschen etwas zu erzählen hat als in seinem Kanal, oder? Absolut, ja. Vor allem, es ist so, vor allem in der zweiten Folge habe ich es gefunden. Was macht ihr eigentlich so blöd? Sorry, ich habe das eigentlich eigentlich hatte ich das gerade kurz nach dem «Wer sind ihr?» reingrätschen. Was macht ihr eigentlich bei Crowdkill Report genau? Wir berichten Oder haben wir das noch nicht herausgefunden? Wir berichten schlussendlich. Gib mir das Mikrofon. Damn, Ricky, was zum Teufel machst du wieder da? Also die 4 Stunden, bevor wir aufnehmen, sehen genau so aus. Yes. Genau so, wirklich. Ja. Okay, was machen wir eigentlich bei Crowdkill Report? Schlussendlich, wenn wir lokale Leute und lokale Bands aus der Schweiz, wenn wir eine Plattform geben und halt... Also nicht nur Hardcore? Nein.
Okay. Also es geht wirklich so zwischen Hardcore bis Metal. Ja, das haben wir in der letzten Folge auch angesprochen. Genau. Und Willie Nelson. Und der Willie Nelson hat einen festen Platz in meinem Herz. Falls ihr nicht den Willie Nelson kennt, hört den Willie Nelson. Ich muss mir dazu sagen, hört den Willie Nelson. Fertig. Also einerseits als Plattform, wie er sagt, für lokale Bands, nicht nur Bands, sondern einfach lokale Menschen in der Metal-Musikwelt. Das sind auch Produzenten, Tontechniker, Fotografen, Artists, Tattoo-Artists, Cover-Artists, wirklich, also die ganze Welt. Für die ist es einerseits eine Plattform und andererseits auch so ein bisschen ein News-Channel, wo wirklich so gedacht ist, um Informationen überbringen, so à la News-Channel-mäßig. Absolut. Und etwas hast du schon in der zweiten Folge gesagt, wo ich da repetieren wollte, und zwar, wie war es? Ihr macht das ähnlich wie wir machen, aber mehr ist mehr. Oder wie war es? Fuck, ich habe es jetzt vergessen. Es kann nicht genug Leute geben, die das machen. Genau, genau. Weil so oft, ich sage Leuten, Bro, du bist interessant, du bist Naturtalent, machst einen Podcast. Ja, aber ihr macht es schon. So, ja, fucking ja, das ist ja wie genau das Ding, oder? Es ist nur so, ich meine, in der Musik, also zum Beispiel, wir zwei haben die Diskussion sehr viel so, wieso machen wir überhaupt noch Musik? Es ist so, es geht ja schon alles. Also, fair, der Punkt, da bin ich aber letztes Jahr wieder mal gesehen. Ja, ich meine, an den Punkt kommt man immer, wenn man eine Art von Kunst ausüben tut, dass man wirklich in Selbstzweifel reinkommt und findet, hey, eigentlich bringt es ja gar nicht, weil es macht ja schon etwas. Aber jetzt in dem Fall finde ich, wieso, hey, wir als lokale Künstler, wir als lokale Künstler bekommen schon nicht genug Aufmerksamkeit oder bekommen nicht das, was wir genau wollen oder was auch immer. Einfach halt, wenn du nicht weisst, dass es solche Bands gibt, wirst du so Bands nie kennenlernen. Du musst ja so Konzerte gehen, um überhaupt mal zu sehen, in der Schweiz gibt es eine Underground-Szene. Und all das Zeug, das soll ein bisschen Aufgrund kommen. Und soll nicht immer im Untergrund rumschlummern, finde ich. Und ich habe das Gefühl, genau so machen wir das. Oder indem wir an verschiedensten Orten in der Schweiz auch einzelne, sagen wir, ja, ein bisschen Organisationen, ist jetzt blöd gesagt, einfach Menschen, Gruppen, die sich zusammentun, dass die lokal etwas machen. Und wenn wir jetzt das schweizweit anschauen, wenn die sich alle zusammentun, hat man das gesamte Netz von einer Community. Genau. Oder? Und das ist eigentlich so ein der Gedanke, den ich dahinter eigentlich auch verfolge, weil die Musikwelt wird eingenommen. Von den grossen Fischen, von Raubtieren, von riesigen Konzernen, von sehr gierigen Menschen. Sehr gierige Menschen, die haben keine guten Intentionen. Und es bricht mir einfach das Herz, Geschichten zu hören von Musikern, ich stelle mir einfach vor, wie ich würde daran untergehen, wenn ich mir vorstelle, wenn ich so Geschichten höre aus Hollywood und aus grossen Bands, was die alles für Struggles mit Labels und so haben. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das so mein Beitrag an die Musikwelt, weil ich habe mich entschieden, das nicht zu machen, weil ich würde wahrscheinlich daran untergehen. Ich bin zu unstabil für das wahrscheinlich. Übrigens, Jona, ich bin ein grosser Fan von deinen Shirtless Rants, muss ich sagen. Die sind recht Shirtless Rants auf Instagram? Das ist immer am Morgen. Immer shirtless. Immer so wie... Das sind die Momente, wo der Jona noch keinen Kaffee gehabt hat am Morgen. So. Und entweder sind es solche Sachen, oder ich bekomme Sprachnachrichten an mich hören. Es ist herrlich. Ich habe letztens vom M4M Festival gesehen. Ich liebe so Sachen. Und sonst, einmal ist, glaube ich, bei Gender in Bands oder so etwas gewesen. Ist schon sehr lustig, sehr unterhaltsam und hat gute Sachen drin. Also man muss vor allem nichts zu ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, da vergisst man einmal, dass man da einfach auf einer Instagram-Story ist und nicht auf meinem Steckbrief oder auf irgendeinem Steckbrief von Leuten. Aber ich bin auf jeden Fall... Ja, oder im Bundeshaus Bern. Oder im Bundeshaus Bern, genau. Wenn du auf Instagram irgendetwas in die Welt rausschreist, weil du am Morgen noch nicht geschissen hast und einfach das Gefühl hast... Ich meine, wenn du etwas auf Instagram auflädst, bist du ja wahrscheinlich vorher etwa 2 Minuten, 3 Minuten auf Instagram rumscrollen gewesen. Und jedes Mal, wenn ich länger als 5 Minuten auf Instagram rumscrolle, denke ich mir eigentlich so, hey, ich kann den Arsch schaffen! Genau. Spinnt ihr euch? Geht's noch? Seid ihr irgendwie völlig blöd? Also da haben wir den Beschreib von meinen Shirtless-Rants. Genau das ist der Grund. Das passiert dann halt. Ja. Ich habe letztes Jahr schon, was ist es wieder gewesen? Ich habe einen Kollegen, der irgendwie bei einem Radiosender in Bern arbeitet und der fragt, hey, ihr seid doch sicher alle am Linkin Park Konzert. Darf ich dann euch irgendwie nach einem Zitat fragen? Weil ich habe keinen Bock, Leute anzusprechen, nur um dann nicht wissen, ob irgendein Scheissdreck rauskommt. Und wenn ich jetzt euch sehe, dann weiss ich so, dann kannst du wenigstens etwas brauchen. Und ich habe ihm gerade eine Sprachnachricht zurückgeschrieben. Ich kann ein Zitat davon sagen! Wenn du sagst, dass die Emily scheiße ist, hoffe ich, dass du Nike SB gerne hast, weil ich ging dir direkt in die Schnur, du Wichser! Das ist also ein Zeug, das solltest du nicht ernst nehmen. Ich mache meine Schuhe nicht dreckig mit deinem Gesicht, aber... Nein.
Aber ja, das ich glaube aber, ja, wir haben das in dieser dieswöchigen Folge auch angesprochen. Ich glaube, wenn man heiß drauf ist, Feinde zu finden, dann findet man sie, egal wo man ist. Oder? Ja. Und dann kann man sagen, was man will und recht machen tut man es eigentlich niemandem. Wir wollen einfach Spass haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach fair bleiben und Leute supporten. Sofern, das ist die einzige Regel, und ich glaube, da sind schlussendlich alle damit einverstanden. Sofern niemand tritt, damit Schaden zugefügt wird. Sofern niemand tritt, damit beschädigt wird, können wir alle tief durchschnaufen. Ausser das ist der oben am Ebri, der während Corona eingezogen ist und sich nachher darüber aufregt, dass das Bar unten dran laut ist. Wirklich? Ja. Selbst für den habe ich Verständnis. Selbst für den habe ich Verständnis. Wenn du dir im Niederdörfli eine Wohnung kaufst, oben an einer verfickten Metalbar und dich dann darüber aufregst, dass es ein Konzert gibt dort unten oder dass Leute laut sind nach dem 9. Da gibt's eine Version von mir in 30 Jahren, die so verbittert ist. Ja gut, fair. Und es wirklich einfach nie probiert hat. Ich glaube, die Dimension ist schon möglich. Zum Glück habe ich schon genug probiert in meinem Leben. Aber die Version von mir in 30 Jahren, die nie irgendetwas probiert hat, die kauft sich genau eine Wohnung über dem Ebrietas, damit ich mich jeden Tag darüber aufregen kann. Jeden Tag. Ich finde das geil. Bin ganz bestimmt nicht das Problem. Oh, weißt du noch der Typ in Deutschland? Ja. Während in Deutschland im Youth Tingen gespielt. Der ist einer, der ist vis-à-vis vom Dings, wohnt er anscheinend. Und wegen dem haben sie den Basketballkorb vor dem Jugendhaus abnehmen. Und auf dem Pausenplatz hat es dann auch, der Stadtrat hat Zeiten einführen, wenn auf dem Pausenplatz der Fußball gespielt werden. Und der hat immer gemotzt, außer das sind Konzerte. Wenn im Jugendhaus Konzerte sind, dann kommt er schon mal gar nicht rüber und trinkt ein Bier, weil er hat früher selber in einer Band gespielt. Und darum findet er das geil. Wenn Konzerte sind, findet er das geil. Wenn sonst Jugendliche laut sind, dann hasst er es. Oh Jui. Lol. Das ist noch, dort sind andere Sachen schiefgelaufen. Ja. Das ist unglaublich. Ja, wir haben ja auch so einen Kandidat hinter dem Pick, der ganz fest Freude hat an der Kulturhaus. Ja. Wenn wir nichts drin machen. Sobald wir etwas machen, hat er nicht mehr so Freude. Und ja. Hey, ich finde bei so Leuten finde ich mir einfach so, was hast du dir denn genau überlegt? Was hast du das Gefühl gehabt, was passiert? Ich glaube, die sind einfach auch nicht informiert worden. Also das ist ja der andere Punkt. Wenn du jetzt die Wohnung vermietest und du weißt. Aber ich meine jetzt, du weißt ganz genau. Sind wir ehrlich, wenn du jetzt eine Wohnung hast hinter einem Pick oder ein Haus hast hinter einem Pick, du kannst das Pick gar nicht umgehen. Du siehst es ja. Ja, aber sorry. So viel wie der Pick läuft, würde ich ja auch zuerst denken, das Gebäude ist ausgestorben. Fair. Oder? Also so viel läuft dort jetzt auch nicht. Stimmt schon. Gut, vielleicht ist vor 20 Jahren noch Saison, vor 20 Jahren steht noch voll was gelaufen. Ja, aber der wohnt ja sicher schon, also der wohnt ja schon lange dort. Darum hat er sich daran quasi gewöhnt, dass nicht so viel läuft. Genau. Früher war er schon jung, so geil. Und jetzt regt es ihn auf, dass nicht mehr so viel läuft. Darum ist er hässig, wenn etwas läuft. Also ich glaube, ich könnte das schon überleben neben einem Konzert. Aber dann müsste es einfach Musik sein, die ich wirklich auch mag. Dann muss ich wirklich auch das Programm anschauen, bevor ich die Musik wäre nicht das Problem. Ich glaube, mehr so Touchköpfe, die Leute. Ja. Wenn du nur so Rammstein-Fans vor der Hütte hättest, das wäre, glaube ich, mühsamer. Was ist denn so mit Rammstein-Fans? Ich kenne persönlich keine Rammstein-Fans. Es ist einfach immer mein Go-To-Beispiel für unangenehme Leute. Und jetzt, wenn du persönlich ein Rammstein-Tattoo hast oder so, fühl dich nicht angegriffen. Es ist die Masse von Leuten. Es sind immer die im letzten Grund sind, nicht die einfach Rammstein hören. Du gesagt hast, weißt du, wenn so 10 Leute mit einem manche Führen, manche Folgen-Shirt hintereinander herlaufen und ich mir einfach so denke, so, keiner von euch führt. Ja, definitiv keiner von euch führt. Also vor allem, wenn du das Gefühl hast, du kannst ein T-Shirt anlegen und das sagt schon alles über dich aus, dann sowieso. Also das ist dann bist du mehr der Folger. Das ist eine Alpha-Theorie, oder? Das ist meine Alpha-Theorie. Es gibt keine Alphas außer der Joe Rogan. Sorry, die schnurren dem alles nach. Ja. Alle von denen. Gut, aber das ist ja mit mega vielen so. Also, ich meine, das kann man, glaube ich, auf ganz viele Themen implizieren. Es ist so... Wir auch.
Reden wir auch? Nein, wir sind auch den Joe Rogan nachstellen? Nein, wir eben nicht. Aber ich würde uns auch nicht als Alpha... aber wir würden ja von den Alpha-Mails auch als Betas bezeichnet werden. Weil, wie machen die Wasserflaschen auf? Ich bin mit dem Mike biken. Haben wir eine Wasserflasche da irgendwo? mir ist letztens... Ich habe auf YouTube ein Video gesehen. Nein, auf Instagram habe ich ein Reel gesehen, wo ich auch wieder gedacht habe, habt ihr euch den Arsch offen? Ricky, kannst du mir schnell das Mikrofon so anheben? Es nimmt mich unter. Wenn du eine Wasserflasche hebst, musst du die richtig so heben. Du musst sie wirklich so manhandeln. Und dann von unten. Und dann, wenn sie männlich aufmachen, musst du sie unten drehen. Du musst die Flasche, das geht alles andere. Du bist instant eine Frau. Genau Videos, die sagen, hey, du kannst im Fall, wenn du etwas in der Pfanne brötelst, kannst du es auch wenden, indem du nicht die Pfanne bewegst, sondern einfach so das und die Pfanne unten drauf drehst. Also der Flaschenaufmachleser kann jetzt mich deuten. Ich finde es schön, dass man auch noch meine Flasche demoliert. Das sind noch meine Hände für die Hände. Der Bill hat noch nie gemacht, aber Jonas, du hast das gerade völlig abgeschossen. Was hast du gemacht? Schau mal, bam. Hä? Es kommt davon. Das sagt auch Bruder, er hat die Flasche aufgemacht wie eine Frau, darum ist die Flasche jetzt gerade kaputt. Hey, als ich das Video gesehen habe, ich wirklich, das ist auch wieder so kurz vor Shirtless Rant. Ich bin aber zu wenig fit, darum mache ich die nicht mehr online. Nein, Shirtless Rant? Ja. Deswegen zeige ich auch nur bis da. Ja. Okay, fair. Bella schickt immer einfach Sprachnachrichten, also deswegen kann ich es. Du müsstest mal die hässigen Sprachnachrichten von mir zusammenfassen, wenn es genug korrekt sind, um im Podcast zu bringen. Ich finde immer noch die beste Sprachnachricht, die ihr als Intro gebraucht habt vom Bömbi von People That Affair, wo nicht so viel ist. Das muss ich mal zeigen. Das ist eine richtig geile Sprachnachricht. Also wir sind irgendwo in einer Bar am Saufen gewesen, mittlerweile glaube ich etwa 8 Jahre her. Und der Drummer von People That Affair, damals hat er noch gesoffen, wie blöd. Er hat gesagt, er geht heim. Er hat damals noch in Bülach gewohnt. Okay. Ist aus der Bar heimgelaufen. 5 Minuten später kommt so eine WhatsApp-Sprachnachricht, wo er grob darin erklärt, dass er Hacke voll sagt, nicht mehr wissen, was er sagt, dann einen Kollegen getroffen hat und jetzt mit 2 anderen Leuten in einem Auto sitzt, irgendwo in Scheisshussen, um an ein All Together Konzert zu gehen. Ist All Together gewesen? Ja! Wow. Ja. Also das wäre eigentlich also das Intro für einen Song. Der genaue Wortlaut kann ich da jetzt nicht wiedergeben, aber ich kann nicht die Sprachnachricht sich nachher zeigen. Und ja, am letzten Konzert von seiner alten Band Skulls haben wir eben die Sprachnachricht bei Versus in einem Intro rein gehabt und sie haben das Intro, das ist das gottloseste Intro ever, das geht 3 Minuten, das ist ein absoluter Mindfuck. Das Beste war, unser Schlagzeuger und der Bassist und die Fotografin haben das zusammengebastelt, als sie in der Skiferie waren. Und sie sind in der Skiferie und sind dann am Freitag heimgekommen und am Freitagabend war das Konzert gewesen. Und keiner von uns hat das Intro kennt voran. Und dann stehe ich auf der Bühne, das erste Mal das Konzert mit In-Ear gespielt und dann läuft das gottverdammte Intro. Und ich einfach so gekocht, so, was zum Teufel geht jetzt ab? Weil das ist wirklich ein Fiebertraum des Jahrhunderts. Und dann drehe ich mich so um, und schlage, ey, wann ist das fertig? Und er so, geht nicht. Aber immerhin hat jemand gewusst, wenn es fertig ist. Ja, das ist die zwei, die es gemacht haben. Wenn du so Intros hast, ist immer so der Punkt, wenn sich dann alle so fraglich anschauen. So. Ja. Oder wie letztes Mal, wo wir im Piccadilly gespielt haben, wo ich auf die Z-Liste geschickt habe. Das ist die Z-Liste, gell? Alle so, ja. Ich schaue so den Song an, gut, jetzt kommt der Song und dann macht es plötzlich gut, es kommt nicht der Song. Tatsächlich, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, es ist eben... Ich habe aufmerksam zugeschaut. Es ist eben zum Glück so gewesen, es ist wirklich die 2 Songs geswitcht, die im Einzählen der Schlagzeuger, also der Drummer, der Domino 4-mal aufs Crash haut. Und dann merkst du halt relativ schnell, dass nicht der Song kommt, den du eigentlich hättest spielen. Und dann kannst du noch gut mitmachen. Einen Tag Zeit hast. Ich habe das am Anfang, wo wir mit Crackfist gespielt haben, habe ich das damals gehabt, wo wir das erste Set gespielt haben. Ich bin mir nie sicher, wer der nächste Song kommt. Dann ist es so... Kann ich. Wer ist es? Gell, wir hoffen immer so, dass einer von den Jungs weiss den schon. Ja. Aber du bist der Sänger, oder? Das heisst, du hast nicht das Problem gehabt, dass du der Gitarrist bist, der muss anfangen muss. Weil das ist mein Problem bei den ersten 3 Taoist-Shows. Das definitiv, ich bin definitiv der, der am meisten Luft nehmen und verbraucht hat auf dieser Bühne. Gut, fair, ja. Das war auch der Grund, warum ich am Anfang nicht gesagt habe, weil der erste, der Crackfist, eigentlich nie etwas gesagt, außer dann der Joni. Ist dann mal aufgestanden, unser Drummer, und hat gesagt, ja, das war Crackfist gewesen, danke. Es gibt einen Satz, wo wir gesagt haben, den wollen wir das sagen wir. Ja, das Einzige, was wir sagen. Fuck War ist sicher etwas, was wir im Set immer noch bis heute platzieren tun, aber mehr eigentlich nicht. Und halt, das war ein grosser Grund, ich kann einfach nicht mögen. Das war anstrengend. Nein. Das hat der Ricky auch lernen. Ja. Ja. Also singen sowieso, also ich meine, da haben wir
3-4 Sänger am Hocken. Also ihr sind mehr so im Metal, Shout, Schreien singen. Ich bin mehr so im also du kannst singen, er kann singen, ich kann schreien. Ja, ich kann auch singen. Ja, aber nicht so gut wie jetzt. Also ich kenne euch alle, ich habe auch alle gehört, ich kann alle singen. Okay. Stimmt, ich kann gar nicht erzählen, das wäre eigentlich exklusiv, oder? Also uns könnte man jetzt eigentlich gerade alle fragen nach exklusiven Singtipps. Wir könnten eigentlich unser eigenes Patreon starten. Ja, wir müssen leider noch nicht live gesehen. Boah, Crackfist ist der fucking Shit live, Alter. Ich kann leider noch nicht. Der Ricky ist noch nicht. Bist du gar nicht gekommen am Abend? Dort, wo Hogwarts. Nein, dort wo Hogwarts wieder bin nur ich gewesen. Dann sind wir eben auf euren Podcast aufmerksam geworden, weil ihr Crackfist in eurem Titel erwähnt habt. Stimmt, ich habe den Namen so lustig gefunden. Du hast den Namen brutal geil gefunden. Crackfisting, stimmt. Ja, Crack am Geburtstag entstanden. Ja, wir haben uns dann gefragt, ob es mit dem Crack zum Rauchen zu tun hat oder mit dem Crack hier oder was auch Fisting immer. und Crackhead, weißt du was? Die 2 Fragen haben wir ein paar Mal gehört. Hey, und das ist im Fall sowas von frei für deine Fantasie. Es kann auch beides sein. Es ist in dem Fall beides. Genau. Ja, voll. Du kannst so interpretieren, wie du willst, und es ist nicht falsch. Genau. Voll. Genau. Auf jeden Fall ist es ein Kraftausdruck, wo wir nach 3 Tagen Party und nicht schlafen und einem Jam ist das so gewesen, so hey man, Crackfist ist voll eine geile Band. Ja, und vor allem, es ist recht lustig, weil ich bin irgendwann heim. Ich bin glaube ich am ersten Tag bin ich heim und bin dann am Abend wieder gekommen und dann ist so «Mick, mal eine neue Band! Sie heißt Crackfist!» Und ich bin so «Nochmal!» Das ist voll geil, «Ja, du bist jetzt dabei. Crackfist ist super geil!» Egal was. Und der Nathaniel spielt Gitarre. Das ist am Joni auch schon klar. Also der Joni hat gewartet für einen Grund für das Projekt mit Nathaniel. Er hat schon lange gewartet. Genau. Und somit ist eigentlich Crackfist dann entstanden. Und lustigerweise ist, glaube ich, die Hälfte der Gründungsmitglieder, die damals Crackfist gegründet haben, die gesagt haben, sie sind dabei, sind erstens nie gekommen und zweitens dann irgendwann nicht mehr da gewesen. Ja. Ist noch lustig. Ist so. Das ist schon geil. Ja. Oh, shit. Ja, hey, Ricardo, ich mach schnell das Fenster auf, ist gut? Es ist auf, Alter. Es ist einfach... Es ist gekippt, ich mach's auf. Okay, ja. Also, als ob es weniger heiß wäre draussen. Es ist... Meinst du? Das finden wir jetzt raus. Die Softbox, glaube ich, wir können von mir aus auch ein Meteo... Wir können auch eine Meteo-Sektion haben bei Crowdkill Report, falls euch das hilft. Ja, das ist gut. Ja, voll viel besser. Was soll das? Warte, es geht wieder zu. Was Wetter reden? Du musst den Mikrofonständer dort... Okay, so, nicht reden wir über das Wetter. Guten Tag und heute sind die Wetteraussichten. Genau. So, am Samstag spielt die und die Band. Oh, es ist das. Wetter. Am Samstag spielt die und die Band, es gewittert. Genau. Aber wo wir über Community hatten, eben Shoutout am Mostübli. Genau. Yes, Shoutout am Mostübli. Ist der Discord von der Szene. Ja, in diesem Discord bin ich schon mal gedisst worden, bevor ich überhaupt dabei war. Ja, das ist sehr gut. Alle Paradiesen, sagen Hoi. Der Ricky kommt so... Der Ruf... Der Ricky kommt so... Bella ist fest Boomer zum Checken, wie Discord funktioniert. Was gibt's zum nicht checken? Eben. Nein, inzwischen, ich bin einfach Nacht vor dem PC gekocht und habe keinen Bock zum Kamera anstellen. Inzwischen bei 50 Mitgliedern oder so. Darum ist Discord vor allem für Sprachgestellt. Ja. Nein, das Coole ist bist du schon drin? Ich habe dich eingeladen zum Mostübli. Ja, ich bin drin. Gut. Weil egal, das Coole ist einfach ein guter Ort, um sich austauschen wegen Musik, Merch, Jungs, die machen den Merch, was für eine Bannergröße braucht ihr, wie baut ihr einen In-Ear-Rack oder was auch immer. Oder einfach mal, das hey, cool. Ich kann als Konzert X oder so, wer kommt mit oder so. Das ist wirklich geil, einfach mal als Discord für die Szene. Das ist wirklich cool. Ja, viel. Keine Wände so... Du musst auch nicht mit Leuten persönlich reden, für die Autisten, ganz cool. Du kannst einfach deine Frage stellen. Und es gibt so viele talentierte Leute, die ihre Tipps reingeben. Eben, kürzlich habe ich mich gefragt, hey, Gottverdeckel, Drum Recordings, was läuft, oder? Und ja, das sind Zaubertrick nach Zaubertrick sind da vorgeschlagen worden. Also auch wenn du dich wunderst, was sind gute Zaubertrick? Für zum Mini-Metal-Drums oder Mean-Metal-Song krasser machen, dann komm in den Discord-Channel. Unbedingt. Definitiv. Ja. Voll, dort findest du die Antwort. Weil ich habe es erlebt mit dem Towers Chat, weil wir haben eben 12 Leute drin und es sind insgesamt 4 Bands drin und ich habe auch so gefragt, so Jungs, was für eine Größe für einen Banner tun die vorschlagen oder wo tun sie bestellen und alle so, hey, das und das und ich so wie, weil ich mache es erst zum ersten Mal, dass ich den ganzen Admin-Work mache und dann ist es super, um einfach so Fragen stellen an Leute und genau das ist Mostübli, also gehen uns abchecken. Shoutout Mischer und Lenny, dass sie das aufgestellt haben, das ist wirklich top. Und ja, ich bin dort oft am Schreiben, der Jon auch. Ich bin bis jetzt nur noch Observer tatsächlich, weil es hat so viele Channels, ich komme nicht raus. Also das ist halt immer so ein Gewöhnungsbedürftig, aber es ist so,
dann ist es Admin, dann ist es Austausch 1, dann ist es Austausch 2. Hey, aber das ist genau ein weiterer Grund, warum ich finde, sollte es einfach mehr Leute geben, die das machen. Oder dann ist halt dann nicht der Discord-Channel. Oder dann machst du halt einen. Ja, dann ist man halt die 5 Discord-Channels. Ich finde, doch kann es nicht genug geben, meiner Meinung nach. Ja, und es geht ja nicht darum, einander zu konkurrieren, sondern eben, es geht eigentlich darum, ein Netz voll. Wir haben es eben auch selber überlegt, mal zu machen, weil ich so, Bro, wir haben keine Zeit. Da bin ich froh, wenn Most über das machen will. Bro, ich habe keine Zeit für das. Gut, Discord ist eben auch ein Selbstrenner. Du musst das, also klar, du musst auch hosten, aber eben, durch das, dass du eine Struktur machst, gibt es auch ein bisschen... Ja, die Leute schreiben dann von alleine rein und sich dann selber ein bisschen unterhalten. Dann musst du nicht die ganze Zeit Content createn, sagen wir jetzt mal, jetzt wie in unserem Fall. Heute Morgen haben wir uns wieder 70 Pferde aufspannen und gemerkt, Kollege, häng. Häng. Ich glaube, einmal in der Woche ein YouTube-Video, und wo man dann schnipselt und auf Instagram ladet, ist sicher das einfach mal gut. Das ist sehr gut, ja. Das ist viel, ja. Das ist schon mal viel, ja. Voll, wir machen keine Clips viel, aber nehmen wir einfach 4 Stunden auf und ich kann nicht so alle 4 Stunden zurückhören, um etwas zu finden, weil wir fangen einen Gedanke an und nachher springen wir irgendwo anders und nachher 20 Minuten später gehen wir zurück. Es hat immer einen schönen roten Faden. Das ist wie ich das letzte Woche schon in unserem Bandchat wieder erklärt habe. Es hat immer einen roten Faden. Es ist ziemlich straightforward. Einfach schlimm. Aber ich habe immer eine Mini-Panikattacke, wenn ich aus Versehen auf einen von diesen Voice-Chats klicke und so, oh shit, wie komme ich da raus? Ja, voll. So scheiße, hat sicher etwas gesagt. Der Ricky kommt so rein. Aber ganz cool. Aber ja, was ich auch cool finde, ist, dass ihr quasi, ich habe das Wort vergessen, mit dem Red Carpet Bandroom. Ja. Red Carpet Bandroom. So wie der Live-Tree Studio Live-Dings machen. Das finde ich sehr cool. Ja, also das ist wirklich das Ziel, dass in dem Red Carpet Bandroom mindestens einmal im Monat so ein Livestream stattfindet. Die Idee war wirklich, ich weiss nicht, du bist früher sicher auch mit den Eltern vom Fernsehen gewesen, und dann ist so Thomas Gottschalk und Wetten, das und so. So die Faszination von diesen grossen Fernsehproduktionen, mit wo diese Band kommt spielen und nachher spielt deine Favorite Band, weißt du, bist so wow von dem. Nachher ist noch Playback, weißt du, bist so. Das ist geil. Oh mein Gott, ich kann Gitarre spielen, ohne dass es Wenn du so klein bist, checkst du das vor allem und denkst, boah, der macht das ja auch gut. Nicht nur wenn du klein bist, checkst du das nicht. Aus dieser Nostalgie. Ich bin ziemlich sicher, 80% der Leute checken das nicht. Sind wir aber ehrlich, wer schaut noch so wirklich Fernsehen, also ich nicht zumindest. Es gibt sicher noch Leute, die haben noch Fernsehen, aber schauen noch Fernsehen. So, ich kenne schon ein paar. Aber ich persönlich finde, YouTube und Social Media ist so ein der neue Place der Medien, aber auch gleichzeitig der typische YouTuber haben wir auch schon gesehen, oder? Und einfach so die Livestreams, die einfach so livestreamen, haben wir auch gesehen. Also habe ich mir überlegt, machen wir das richtig? Wirklich mit Moderation, mit Interviews, mit Gewinnspiel, mit Sponsoren und etc. Also ich wollte eigentlich wirklich eine Show machen, nicht nur. Okay, also nicht du hast nur keinen Bock so zum Konzert organisieren, weil es jetzt viel Arbeit ist, und jetzt machst du etwas, wo effektiv noch viel mehr Arbeit ist. Ja. Congrats! You just got exposed. That's me in a nutshell, bro. That's me in a nutshell. Ja, es geht mir auch so, ich kenne das. Ich habe auch gesagt, ja, jetzt spiele ich easy Gitarre bei Taoist. Der Ricky hat gesagt, das ist nicht so mühsam, wenn wir nicht alle 2 Wochen neue Songs lernen. Vor allem, wir spielen ja noch recht. Nicht dazu. Das ist etwas Fallkarte. Und dann noch mit anderen Bands. So, ja, und gleichzeitig 2 Wochen später läutet Vierleben an, weil sie ihren Bassist nicht mehr haben und so, hey, kannst du noch 5 Shows mit uns spielen bis Ende Jahr? Und dann sagst du ja, und ja, jetzt spiele ich am Summerside auch noch mit ihnen. Und ich glaube nie auf von dem her. Geil. Ja, 20 Weiss. Dunstig. Hat sicher 4 Leute vor der Bühne. Ja, ist doch scheißegal, Alter. Kannst du auf einer grossen Bühne spielen. Ja, es ist Kannst du auf das alles richtig spürst. Es ist die kleine Bühne. Ah, ist die kleine Bühne? Hat die 2 Bühnen? Ja, sie haben so eine kleine und eine grosse. Hoffen wir, dass die kleine Bühne dafür mehr Bass hat. Nee, das ist schon gut. Hannes Ilja, da läuft. Ist geil. Ist geil. Aber denkst du, da du nicht genug zu tun hast du mal überlegt, auch die Shows im Pick live aufzunehmen, so wie 167 Media und so? Ja, also es sind, Ideen habe ich schon viel gehabt. Bei mir die ist auch gefallen. Es geht ja, Dings, also ja, wir haben es probiert. Letztes Mal ist es irgendwie nicht gegangen. Geschrieben. Ist nicht gegangen? Hey, nein. Also nachdem bevor ich dir geschrieben habe, habe ich das eben mal gehabt. Technik wie sie ist. Es würde aber gehen. Also schau, Technik ist um. Der Punkt ist einfach die scheiß Säule in der Mitte. Ganz ehrlich, unser Red Carpet Bandroom ist, also ich kenne ihn besser einerseits, oder? Und es sieht schneller voll aus und es hat keine Säule in der Mitte. Also es gibt so viele Argumente für mich, die dafür sprechen, das einfach bei uns zu machen, wo wir die Heime sind. Würdest du noch mit Zuschauern machen? Ja.
Okay. Ich habe gemeint, das ist ohne einfach so. Mal mit Zuschauern. Ah, cool. Ja, also, boah, geil, Sportpanorama. Yes. Ja, so. irgendwie... Ja, weil halt das Ding da ist, gibt's das, Ideen. was wir jetzt im Podcast sehen, ist halt wie die eine Hälfte vom Bandraum. Und halt, es gibt noch eine andere Quasi Hälfte, hinter der Kamera ist die gleiche Größe auch nochmal. Also geil, Taus ist dabei 100%. Also, Geil. Ja, nice. Das ist gut. Geil. Let's go. Also, Geil. stick around. Ich habe 4 Bands, die dabei sind. Stick around. Aber der Red Carpet Bandroom hat definitiv ist musikmäßig komplett offen. Also dort sind wir nicht auf Metal bezogen. Der Mick und ich verkörpern die Metal-Ecke vom Red Carpet Bandroom. Genau. Also sind ja noch mehr Leute dabei wie ihr zwei. Es sind noch mehr Leute dabei. Wir glaub- sind ein Verein. Wir sind gerade 12 Mitglieder oder so. Ja, also Offiziell. Zum Glück. aktive Mitglieder sind vielleicht 12, aber Ja, ich ich glaub's. glaube insgesamt Wir haben Mitglieder. einen WhatsApp-Chat mit 210 Mitgliedern. Ja. Damn. Also es sind Crazy. wirklich sehr viele Leute. Ja. Ja, und vor allem, es hat halt mega früh angefangen. Es ist irgendwie vor 10 Jahren hat Ja. das mal angefangen. Da sind wir auch noch nicht dabei gewesen. Jetzt sind wir, glaube ich, 4, 5. 5 Jahre. 5 Jahre Ich bin vielleicht. seit 2020 dabei. Und ja, somit hat sich das ergeben. Man hat halt immer gejammt dort drin. Das ist immer so das Gathering. Wer- gewesen. wer- Das- wer- Warte. Ist das dort, wo Amix jemand auf dem Dach Musik macht? Ja, genau. Das sind wir. Das sind wir gewesen. gewesen früher. Wir dürfen dem auf das Dach Ja. leider. Aber wenn du in Dettwil bei Teferen mal durchgefahren bist und auf dem Dach dort oben Das sind wir gewesen. Leute gesehen hast, jammen, das Sehr sind wir schwierig. gewesen. Wer hat alles angefangen? Oder wer ist das jetzt? Das war der OC, der Ricky, Kai, Hans und so die Wettiger Truppe. Sie haben den Weg in Wettigen gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Nein. Die haben das mehr so als ihre Community Room und Okay. so ein bisschen Bandroom. Die haben eine Band gehabt, Crystal Minds. Die haben mal die haben am irgendwann- Bandix gewonnen, 2013. Mhm. Und Ja, das war wieso? ihr Bandroom gewesen, Ja, gut, dort. da sind wir 12 gewesen. 2013. Ja, voll. 13 Ja. gewesen dort. Ja, sie sind auch 16 gewesen. Ja. Also ich habe früher in Dettwil probiert mit Underskin, Andrina und er war auch in Love Your Mother. Gewesen. Wahrscheinlich das gleiche. In Love In Your Love Your Mother Mother, hat Alter. Ja. Dettwil Also ich probiert. weiss, Andrea Drummer hat ein Problem dort gehabt. Ich glaube, sie haben dort probiert. Ja. Ich voll. finde es so schade, jetzt in Love Your Mother nicht mehr. Alter. Es ist so schade. Ja. So schade, falls ihr Ja, das tragische seht. Story. Aber schon ein bisschen schwierig zurückzukommen. Also, Ja. Weißt Ja, du es wie? ist so. Also so zurückzukommen. Nein, aber es sind einfach, also ich habe letzte Woche das Album von 2013 gelesen und es ist so gut. Und Der ich- Jonathan ist ein riesen Fan Ja, von ihnen und hat, ja, hat mega. voll von ihnen geschwärmt und hat mir sie näher gebracht. Ja, ich habe gehört, Mathcore ist so bei uns Thema. Ja. Bei mir vor allem ist es sehr, ja. Ja. Also komplett, gell? Also, man, das fällt mir an wirklich schwierig, nur schon mit Musik, die ich gerne höre, dann aber auch mit Musik, die ich gerne mache. Ich habe mir gesagt, ich wollte von jeder Musikrichtung, die ich gerne höre, wollte ich mindestens 3 Lieder selber geschrieben haben, produced haben, oder? Und Ja. ich bin unterwegs. Bin dran. Ich finde lustig, dass Das ist gut, machen wir zusammen eine Hip-Hop-Pipi. Ich bin schon Schon lang gemacht, dran. schon gemacht. Hey, ich habe Schon heute gemacht, gerade Jani, meine schon Story gepostet. Ihr habt alle Glück, mache ich Metal. Shoutout an MC Mate. Schon. Aber ist das Bist du auch so einer? Ja, Sehr ich habe gut. ganz früh, also bevor ich, das Ding ist, ich bin halt in die Musik reingekommen, ich bin so 6 vielleicht. Weil ich habe mit 6 Jahren angefangen, so meine eigenen Songs zu schreiben, die Damn. halb Englisch tönt haben. Das ist halt so irgendein Bullshit. Alter, mit gewesen. 6 habe ich den Nase gerübelt bei dem Velo auf die Hey, Schule das habe ich im Fall auch noch gemacht. Aber das Ding ist halt, ich kann halt wie, ja... Ich Er hat einfach währenddessen noch Lieder geschrieben. So. Ja, ich habe sonst an meine Star Wars-Figur bin ich so gewesen, ja, das tönt Englisch. Nehmen wir. Und so hat sich das etabliert. Und dann in der Schule bin ich immer in Bands gewesen und haben immer alle gesagt, mach mal eine Band, mach mal eine Band, mach mal eine Band. Und dann bin ich in Schülerbands gewesen und so. Und so hat sich das halt etabliert. Und ich habe dort damals, ganz am Anfang habe ich Hip-Hop gemacht. Ja, es ist dann aber nicht lang gegangen. Bis ich dann zu der dunklen Seite gegangen Das ist eben auch mein Problem. Es ist, ich würde hure gerne. Ich wäre, glaube ganz okay mit einer Rap-EP, aber es klopft einfach zu wenig. Es klopft einfach zu wenig. Ich liebe Wu-Tang im Fall, wirklich. Also ich habe voll die Liebe für Wu-Tang, ich weiß nicht. Ja, bei mir ist Danny Brown. Es geht schon Oh, verdammt Danny ab, Mann. Brown. Danny Alter, Brown schau mal dort hin. Unterschrieben von Danny Brown. Oh yeah, Oh, Shoutout. richtig geil. Ja. Ich habe seine Ja. Show am Royal Arena 2015 und ich bin ein Loch Ich habe es im gehabt. Komplex drinnen gesehen. Weil ich habe es von Dings gewonnen und dann so unterschriebene Dings bekommen. Aber leider habe ich nicht heute sagen. Das wäre schon noch sexy. Er hat seine Zahnlücke nicht mehr. Die war immer so cool gewesen. Hat er sie nicht mehr? Nein.
Er hat seine Zahllücke nicht mehr. Wenn du Geld hast, Aber der ist schon gut. dann kannst du das machen. Also, Quaranta ist crazy. Der Album ist so gut. Absolut. Ich bin tatsächlich sehr lange nicht mehr in Hip-Hop und habe mir das wirklich gegönnt und ich habe es tatsächlich 3 Wochen lang regelmäßig gehört. Doch. Und ich habe tatsächlich auch Lieder in die Playlist rein da. Was Hip-Hop anbelangt, schon lange nicht passiert ist. Ja, voll. Das ist sick. Habe ich auch eine Hip-Hop-EP gemacht. «Willkommen muss gehen» heisst sie. Geil, stabiler Titel. Und ich 2020 wieder aus meiner elektronischen Musikphase rausgekommen. Also ich muss vielleicht kurz evaluieren. Ich habe angefangen Klavier zu spielen mit 6. Ich habe einfach Klavier gespielt, dann so mit Musikern gespielt. Die haben früh angefangen, die wissen, wie es geht. Hey, das Ding ist, du musst auch dranbleiben. Weil ich habe zum Beispiel mit 6 auch irgendwann angefangen Gitarre zu spielen, so vor 2 Jahren. Und dann bin ich wollte nicht üben, es scheiße. Gitarre spielen ist genau. cool. Hey, und du gehst vor allem nicht weiter mit dem. Du meistens fängst du mit etwas an und landest schon dann irgendwann anders, oder? Du hast angefangen Gitarre zu spielen und hast League of Legends entdeckt. Das ist tatsächlich erst später gekommen. League of Legends ist wegen meiner Lehrzeit mal ein Thema geworden, wo ich noch mit alten kennt ihr Microsoft Surfaces? Ja. Ich habe so einen gehabt, auf dem habe ich mir League of Legends runtergeladen. Ich habe das Ding kaputt gemacht mit einem Spiel. Es war crazy gewesen. Ich habe überall gespielt. Ist nicht Touchscreen? Mal. Geil. Das ist Angst noch können. Ja. Es hat nicht wirklich funktioniert, aber es ist. Das Also Game und der PC. Ich habe ja, ist vielleicht keine gute Self-Promotion, aber ich habe mit 16 Gras entdeckt und dann ist halt dann auch so Klavier spielen und üben ist dann irgendwie auch so verloren gegangen, aber dann dafür DJing und dann bin ich eben voll in der Goa-Szene gewesen, wenn man so kann sagen, Goa-Szene. Ich bin sicher knappe 10 Jahre voll in der Goa als DJ. Ja, der Mike von Taus war auch Goa-DJ gewesen. Ah, was? Ja, scheinbar. Ich habe es auch nicht gewusst. Er hat gesagt, ich habe es 10 Jahre lang gemacht. Ich sage, Bro, warum sagst du nicht? Crazy. Das ist crazy. Es gibt einige, also wirklich einige Leute, die ich früher auf den Dancefloors gesehen habe, so, sind jetzt halt am Moschen an Shows. Ich finde es noch interessant. Es gibt irgendwie eine Korrelation zwischen Goa und Hardcore. Mega. So ein bisschen aus dem Frieden irgendwann. Ja, oder auch Hip-Hop und Hardcore. Irgendwie die sind relativ nah. Ja, Drum and Bass auch, genau gleich. Ja, absolut. Hey, definitiv die einzige elektronische Musikrichtung, die ich noch mischen tue als DJ und wirklich auch noch enjoyen zum Tanzen, ist Drum and Bass. Hey, ich kann sagen, wenn du Fall, ich komme gerne. Hey, das letzte an der Badefahrt habe ich gespielt, aber sonst ist so lustig. Ist geil gewesen, aber ich bin nicht so wirklich mich am promoten als DJ. Ja, also in der Szene haben wir einige, also wir haben den Ivo, oder? People That Have Heard, der tut auch DJ machen, Drum Bass. Der Safe Last Breath, der Döme, der tut auch. Wirklich? Machen wir eine Drum and Bass Party, Leute? Unbedingt. Machen wir eine? Ja. Machen wir eine? Machen wir eine Drum Bass Party? Sag das dem Döme nicht zu laut, der macht das wirklich. Ja, also ich machen wir eine Drum Bass Party! Ich hoffe, das ist laut genug. Nein, look, ich habe am Döme vorgeschlagen, Bro, Safe Last Breath Band auf, machen wir am Schluss ein DJ, fucking Set. Oh ja! Jeder macht mal Drum and Bass, fetzen für eine Stunde, 2 oder so. Und wir haben es nicht gemacht. Aber, ja, aber das Werk zumacht irgendwann. Fuck, stimmt, ja. Ich bin aus der Im Zeit... Dynamo haben sie das nämlich gemacht, die Huren Double. Im Ja. Werk 21 haben sie nach ihrem Set... Genau. Sie haben aufgehört zu spielen und er hat einfach gemacht... so. Das ist geil. Und dann ist einfach, also ich bin irgendwann heim, aber die haben nicht aufgehört. Die sind einfach alle noch besoffen drin gestanden. Ja, Mann, das ist eben die Zeit von den 2 Dancefloors. Oder wo du immer mindestens 2 Dancefloors haben, damit deine Party cool ist. Oder weil eben in der Goa-Szene, sagen wir mal Goa-Szene, ich habe den Begriff selber nicht mögen, aber in dieser Szene hat es eben auch die Spaltung gegeben, oder von den Proggy-Fans und von den Hightech- und Darkside-Fans. Die einen sind weniger Szene als die anderen. Also hast du, wenn du alle hast wählen. Es ist überall gleich. Es ist überall gleich, wirklich da gleich mit Metal und Hardcore und all dem Zeug. Sind alle Emos halt, ich schwöre. Schlussendlich sind wir wirklich einfach alle am Schwitzen, Bro. Alle am Schwitzen, weil wir haben wieder mal vergessen, die Lüftung anzuschalten. Schlussendlich sind alle einfach alle dort und wollen doch nicht allein sein. Ja, ich glaube, das ist es ja voll. Aber das ist ja genau schön. Und somit schließt sich eigentlich wieder ein Kreis von dem Ganzen, was wir machen, oder? Ich meine, wir gehen alle auf Konzerte, um nicht so fest müssen allein sein und darum ist es ja schön, gibt es so Sachen. Ich beobachte aber tatsächlich Menschen, die mir nicht das Gefühl geben, als würden sie nur wählen. Also, eine gute Zeit haben. Es gibt sicher auch andere. Du meinst Gang, die so dort steht? Das kann man vielleicht auch missinterpretieren, oder? Weil ich habe zum Teil kompletten Anschiss, gell, irgendwie, und vielleicht habe ich dann etwas vergessen, was ich unbedingt mitnehmen wollte. Ja. Und dann habe ich komplett dann stehe ich auch so dort. Es tut mir leid, falls ich den Eindruck Aber weißt du, ich habe dich gesehen an mehr als als einer Show. Aber weißt du, es gibt Leute, die ich auch an mehr als einer Show gesehen habe, wo ich einfach auch so denke, so,
wieso bist du eigentlich genau da? Einfach, dass man dich sieht oder wenn du wirklich da sein? Aber sind sie dann aktiv am Ausstrahlen oder Aussenden in Form von irgendeiner Kommunikation? Oder sind sie einfach sehr introvertiert und nehmen so auf? Nein, sie sind cool zum irgendwo sein. Leute, die in Coole. Band spielen, aber nicht andere Local Shows können. Ja, und nachher sich aufregen, das können nicht dass nicht genug Leute an Local Shows das sind nicht die sehe ich nämlich nicht an Shows. Eben das, ja gut. Weil wir wissen immer noch, wer er sind. Das stimmt. Wir wissen immer noch, wer er sind. Wir gehen an Shows. Es ist ein Give and Take, liebe Leute. Das ist ein guter Punkt. Ja. Nein, ich sehe aber auch tatsächlich, also ich habe wirklich auch tatsächlich Leute miterlebt, die aktiv angreifen wollen. Also die gehen zu Menschen und sagen ihnen, das, was du machst, oder das, was du bist, oder das, was du magst, oder die Gruppe, zu der du zugehörst, kann ich nicht verstehen und verurteile ich. Das habe ich selber miterlebt. Mehrmals. Wo Beatdown Show war, oder wie? Nein, das ist ein Beispiel. Der bist einfach geschlagen. Der Beatdown Show ist wirklich so einfach, das ist Survival of the Fittest, du wirst einfach gehauen. Dann weißt du, das ist verkackt. Ja. Nein, aber ja. Das ist wie wenn du in den Schützengraben gerührt wirst. Du kannst auch nicht so, ja, aber... Mir hat niemand gesagt, dass es so intensiv ist. Ja, Bro, kein Training kann dich auf den Schützengraben vorbereiten. So kann dich auch keine übliche Metal-Show auf eine Beatdown-Show vorbereiten. Ja, das ist so. Das ist wie im Werk Baden, wo Paleface Plattentafel hat. Oh, Jesus Christ. Wo einfach so, Friede, Freude, Eierkuchen, hure geil. Alle, oh mein Gott, Landmarks, oh mein Gott, Resolve, oh mein Gott, cool, oh mein Gott, what the fuck? Oh Scheiße, die Leute so Paleface. Also sagen wir es mal so. Das ist dort gewesen, was halt, das ist die erste Show nach Corona. Ja. Sie sind ja vor Covid eigentlich wirklich noch eine Beatdown-Band gewesen. Wo alle Konzerte Blue Balls hatten, ja, viele 3 Jahre sind alt. sie Slam-Bands. Ja, sie sind wirklich, sie sind nur mit so Bands unterwegs gewesen. Und dann sind die Leute, die dort natürlich Paleface gehört haben, alle an die Album-Release-Show gekommen. Und dann hast du wirklich, also vor mir hat es so zwei 15-jährige Mädchen gehabt, wo dann der Yannick von Lotrify und ich irgendwann mal da gestanden sind und der Yannick so mich dann so, Bruder, wenn das nächste Mal kommt, müssen wir rennen. Und ich so, wieso? Also, wieso hast du ihn auch gerade zwischen diesen zwei 15-Jährigen durch ein Mädchen ging, dass er sie mal in Ruhe lässt? Gerade so, dann, also rein so vom Schlag her. Ja. Scheiße. Nicht so, sondern so. Scheiße, beides nicht so vorteilhaft. Nein, beides nicht so geil. Vor allem eben, das ist halt wirklich so, weil dort hast du die gehabt, wo halt wegen Landmarks und so da sind. Und dann einfach so... Ja, wenn du es nicht kennst und eben. Genau, wenn du es eben nicht kennst. Ich kann so aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, ich finde es mega cool. Ich persönlich mag es, wenn die Menschen effektiv voll abgehen. Mit Arm schwingen und allem, auch wenn es ein bisschen gefährlich kann sein. Ich habe auch schon Unfälle miterlebt. Von mir aus dürfen sie sich gerne Schnurren einschlassen. Ich habe mehr das Problem damit, wenn es dann wirklich so effektiv Leute gehen verprügeln, die nur dort stehen. Und einfach so. Wenn du beim Mischpult reinstehst. Wenn du beim Mischpult reinstehst und dort noch musst du rechnen, damit du mit der Fuß die Schnur bekommst, dann ist es doch schwierig. Ich habe einmal, also nicht gerade das gehabt, aber ich habe einmal wirklich Schiss gehabt um meinen Job. Und ich habe einmal im Berg 21 abgemischt und dann habe ich Wolfbite abgemischt. Oh shit. Und ich habe dort, glaube ich, das Wolfbite zum ersten Mal gesehen. Ja. Ganz geile Boys. An der Stelle. Das ist dort, wo die jetzt seitdem ist jedes Mal einen Schlagstock mit. Hey, nein, es war wirklich herrlich gewesen, weil ich vermischt war und dachte so, boah, ist das geil, das ist ja, boah, es wird immer langsamer und dann, dann hat es halt, beim Werk 21, wenn wir schon dort waren, es hat ja wie die Gitter vor dem FOA. Die helfen gar nicht. Die helfen den Scheissdreck. Hey, so schlimm. Der ganze Moshpit hat sich immer mehr nach hinten versetzt. Und irgendwann bin ich so, weil ich bin also auf dem Stuhl gehockt, gell? Und irgendwann so gestanden. Sehe ich überhaupt etwas? Ich habe nichts, ich habe nur gesehen, Arm und Leute und Leute umspringen. Und dann, hey, irgendwann sehe ich so, dass einer anfängt, die Leute nach hinten zu schöpfen. Und dann bin ich schon so gewesen, what's going on? Und ich habe aber nie gesehen, ich bin halt jetzt so halb mal stark bei dem Stuhl, also eigentlich einen Meter über dem Boden. Und dann merke ich eigentlich, wie das Gitter nach hinten schieben. Und dann denke ich mir so, gut, das kommt ja innen zu mir hinten, gell? Und ich bin dann noch so geblieben, da noch gemischt, da habe ich selbst und irgendwann macht das ganze Pult mit, macht BUM! Und ich gehe runter. Also, ja, das war halt nicht so hoch gewesen, oder? Ich bin so am Stuhl runtergefallen, dachte so, okay. Ich glaube, ich muss jetzt den Tisch heben. Das war tatsächlich so gewesen. Nachher ist das Konzert noch etwa 20 Minuten gegangen, es sind die ersten 10 Minuten gewesen. Ich musste das Mischpult heben. Oh shit. Das wäre, glaube ich, so ein Stabengeld. Du hättest einfach hinten müssen den bringen, so, jetzt machen wir mal einen Eislinger und dann einfach so
Guten Tag, könnt ihr bitte alle mein scheiß Mischpult in Ruhe lassen? Ich glaube, es ist Wolfbite oder Hoodbrawl, wo einfach, glaube die Videos hat auf Instagram. Wo der Instagram-Videos hat und ich so, what the fuck, Alter. Ja, absolut. Ja, voll. Absolut. Also die Videos, die es gegeben hat, in Flössi, das ist ja... Ich habe mal eine Instagram-Story gemacht und mich darüber aufgeregt und es hat ein paar interessante Gespräche gegeben, weil ich habe gesagt, Jungs, wenn euch 95% vom Raum nicht reicht, dann, come on, also wirklich die 1% von dem Raum für uns, wo einfach unsere Art haben von geniessen. Eben, an dem Tag ist es vielleicht einfach so. Ja. Weil es ist einfach auch 200 BPM zu langsam für gewisse Leute, dann irgendwann. Dann weiss ich nicht, Bro. Dann weiss ich nicht. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, Bro, dann musst du nicht an eine Beatdown-Show, dann haben wir einfach vielleicht dann irgendwann weniger Leute an der Beatdown-Show. Ich würde gerne kommen, aber wenn das wirklich die unausgesprochene Regel ist, dann habe ich das Gefühl, schneidet euch selber ins Fleisch. Und was eine unausgesprochene Regel so auf harten Shows ist, dass du jederzeit auf die Bühne gehen. Hat mir mal jemand gesagt. Lustigerweise. Ja, voll. effektiv, wenn du auf die Bühne, das haben wir auch schon auf die Bühne raufwatchst und du willst safe sein, das hat keiner Problem. Ja, du kannst schon auf die Bühne gehen und den Sänger einen German Suplex machen. ja. Aber das Ding ist, das Problem ist, wenn du dann bei einer Band wie Live Crusher auf die Bühne gehst, hast du einfach Angst, dass sie den Basil mit seinem Bass verlässt. Fuck me, man. Also du musst schon auch als Mitmusiker schon Angst haben. Das ist so lustig. Wir haben bei Crackfist ein Konzert gehabt, letztes Wochenende im Belb. Im unteren Bottom-Booking, falls ihr das kennt. Das ist von den Leuten von Disinclined organisiert. Das. Und die machen ja Konzerte jetzt in ihrem Bandraum. Der Bandraum ist verdammt herzig, es war verdammt cool gewesen. Aber also erstens wieder... Also ist fucking riesig, Mann. Also es sieht verdammt riesig aus. Ist es nicht so. Also, er ist eigentlich schon recht gross. Das eigentlich schon. Aber es ist halt... Also der Bühne im Proberaum. Ja, voll. Also, das haben aber noch viele... Ich habe letztens Instagram-Stories gesehen von Leuten, die muss sagen, die haben alle viel zu viele grosse Bands rüber. Also so 3/4 vom Raum ist wirklich die Bühne und ich bin halt mit dem Rollstuhl ganz rechts gehockt, da ist so alles Gier und hat so Sofas gehabt. Ich dachte, geil, ich kann mir jetzt da hinten vorne uns geil gerne. Und Basil war auf meiner Seite gewesen. Und ich bin so mit dem Rollstuhl so einen Meter von Basil weg. Und umso länger das Konzert gegangen ist, umso mehr bin ich so meinen Stuhl rein und bin so halb gelegen, wie ich gefunden habe. Ich weiss, er haut mich nicht. Aber es sieht alles dann schon aus. Ja. Aber lang lebe Basil und seine Gitarrenkünste. Ich schwöre, absolut. Also, vor allem, er kann noch spielen dabei. Das ist eben noch einmal das ist absolut insane. Das finde ich insane. Mit einem Training habe ich das Gespräch geführt, wie kann man seine Gitarre Wie? Ja. Wie kann man seine Gitarre so schwingen und gleichzeitig aber auch noch spielen? Ich werfe jetzt etwas in den Raum. Basil beantwortet so. Ich werfe jetzt etwas in den Raum. Verschwörungstheorie. Playback. Das ist ganz sicher nicht. Das ist bestimmt nicht, weil ich mag mich noch erinnern, das erste Mal, als ich den Basil kennengelernt habe, hat er mit Ikigai gespielt. Dort ist er mit dem Drummer von DK Remains und Fever Dreams mit Miguel zusammen am Spielen. Und dort hat er irgendwie, ich weiß nicht, der Amp war so laut gewesen und seine Gitarre so motiviert und sein Noise Gate so nicht funktionierend, dass es einfach nach jedem Break halt pfiffen hat. Und die Musik ist so ein bisschen wirklich auch Mathcore irgendwie gewesen und hat wirklich einfach mega viele Breaks gehabt. Und es ist einfach und ich habe lange gemeint, das ist Teil vom Sound. Aber ja. Deswegen, das ist der Beweis, dass es kein Playback war. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, die wissen einfach, wie ihr Amp kontrollieren. Und ja, die können lustige Sounds machen in einem Pedalgeräusch. Ja, aber apropos auf die Bühne gumpen und Leute, die auf die Bühne kommen. Wir haben zusammen zuerst Musik gemacht in einer anderen Band mit The Tomorrows. Das war so eine Grunge-Band und sind dort auch das erste Mal so ein Geschmack. Also ich bin das erste Mal in Geschmack gekommen mit E-Gitarre und so ein Shredding. Und dann das erste Mal bei einer härteren Show auf der Bühne mit Crackfist und im Ebrietas war das, wo es so richtig abgegangen ist. Weil beim Werk Baden ist halt die Bühne hure weit oben, da kommt niemand freiwillig auf die Bühne. Ja. Aber dann die zweite Show war im Ebri und ich war schon recht überrascht, wie die Leute auf die Bühne gumpeln und hin und her und alles. Ja, also dort habe ich definitiv gemerkt, ich bin doch lieber auf der Bühne in dieser Situation als vor der Bühne. Also ich finde es so lustig, vor allem, wir haben bei Crackfest immer so das Gefühl gehabt, wir machen jetzt Musik und ich habe immer die Idee gehabt, ich gehe sicher irgendwann im Set einfach mal für ins Publikum, stehe ins Publikum rein. Und Jonathan ist so gesehen, ja, mach das musst du machen, das ist super, ja, mach das, ja, machen wir. Und dann, wer kann ich das wieder nicht machen, weil... Ja. Er geht ein bisschen runter. Du hättest fast unfreiwillig eine Reise nach oben gemacht, Alter. Ja. Das Video angeschaut, du gehst fast auf die Fresse. Genau. Aber das war nicht bei dieser Show, das war bei der zweiten Show im Werk.
Aber ja, ich bin fast ab der Werkbühne runtergefallen. Das Werk ist auch eine riesige Bühne. Das ist eine riesige Bühne. Also nur schon die Distanz vom Schlagzeug zum Mikrofon vorne ist viel zu weit. Mega. Ja, voll. Wo sind wir gerade gewesen? Bei... Bühnengate, Werk. Bühnengate, Werk, genau. Ah ja, voll. Und dann im Emily hat es gefunden, bevor wir gespielt haben, ist es so gesagt, hey, da kannst du ja jetzt mal ein bisschen ins Publikum reinstehen. Ja, im Avery stehst du schon nach im dem Publikum. zweiten Song sind die Leute auf die Bühne gegumpelt und ich bin so gesagt, ich mache von genau keinen Wanken. Du bist schon in der Crowd. Die Crowd ist auf die Bühne gekommen. Vor allem, ich spiele gerade den Stabilstil aufs Bein und das ist wie so, wenn mich nachher einen runter. Ja. Ja, vor allem, es gibt Leute, also ich habe herausgefunden, wenn ich mit den Versus spiele, meine Kollegen sind hure Arschlöcher. Wenn ich ins Publikum gehe, Alter, die zielen auf mich, die Wichser. Ich bin Angst mit der Gitarre, ich wollte nur so irgendwie an die Bar führen laufen. Also der ist wirklich an mich gesagt, Füße habe ich an meinem Arsch dran. Oh, damn. Damn. Der hat quasi, ihr Wichser, ihr verdammte Wichser. Dann musst du eben mehr Basil-Moves machen. Ja. Ja, das ist so. meine So Gitarre, ist Leute Fan von dir. Vielleicht macht es aus dem meine Grund. Das ist Gitarre ist zu wenig Self-Defense, spitzig. Meine Gitarre ist zu wenig spitzig. Das Kannst du funktioniert nicht. Die kannst du doch schleifen, nicht? Ich habe sie schon geschliffen, dann Hast du sieht sie sie so schon schön geschliffen? aus. Oh. Also das ist eine Mischung von Gitarre und Schwertkampf. Eigentlich. Ja. Oder? Ja. Gitarrespiel und Kampfkunst. Der Basil macht der Basil macht auf Gitarrespielen einen Martial Arts. Genau. Hey, das sind Martial Arts. Ah ja, nochmal. Wegen Martial. Das ist stärker. Ah, Martial Arts. Kannst du einmal das Mikrofon annehmen, da? Pfeife. Ja, voll. Also falls irgendjemand bis dahin zugelassen hat und Memes kann machen, bitte einmal Basil von Live Crusher mit der Gitarre irgendwo und dann ein Martial-Logo drunter von Martial Arts. Das wär's. Danke vielmals. Also ich habe das Video gesehen, wo der Basil bei XOXO... Nein, ist XOXO gewesen? Es war bei Live Crusher. Bei Live Crusher einfach am Kopf vom Dave, glaube Ja, voll. geschlagen hat und der sich einfach runtergegangen ist. Ja. Und weiter gespielt hat, aber einfach runtergegangen ist. So, holy Ja, shit. scheinbar haben sie nachher müssen die Show... Es hat ihn ja recht getroffen. Ja, sie hat eben. schon- Hey, es- das ist nicht es- traurig, es- Bro. Es ist eher, der Rest von der Show hat er, also der Rest von der Shows, von der Tour, hat er müssen auf dem Stuhl Ist verbringen. es wirklich der Rest von der Show? Ja, der Rest von der Tour hat er auf dem Stuhl verbringen. Jesus. Ja. Also ich glaube noch 2 Shows, irgendwie so eine Handvoll Shows haben sie noch Ja, müssen aber spielen. ja, der hat es recht verwünscht. Ja. Das ist so. Es hat auch einen Moment gegeben im Belb, wo ein Kollege so vom Film war. Dann ist, weißt du, über die Bühne gelaufen und so allen so Shots gemacht. Und dann wirklich, der Basil schwingt seine Gitarre und dann ist wirklich, wie der Spider-Man, bückt sich im richtigen Moment. Ich bin gerade gewesen, okay. Yep. Das ist ziemlich besser gewesen, das wäre eine halbe Sekunde später gegangen, wärst du jetzt gerade so knockig gegangen. Also wenn du eine Hardcore-Band gründest, weil du das Gefühl hast, du bist sicherer auf der Bühne als vor der Bühne, dann irrst du dich. Nicht den Basil einladen. Das schon gar nicht. Bei Taoist funktioniert es. Wobei, nein, der Ricky hat Nein, mir schon ich gelingt. sag dir warum. Weil wir Clean Choruses einbauen, so sich die Leute chillen und nachher mal Reset machen. Das stimmt. Hey, apropos, jetzt fällt mir gerade etwas ein. Jetzt, wo ich da bin, Ricky. Du hast eine Story gemacht wegen Vocal Warm-Up-Techniken, Ja, voll. oder? Und ich habe dir die Crybaby-Technik näher gebracht. Und du hast sie wahrscheinlich nicht gefunden, weil als ich selber bin danach gesucht, habe ich das Video auch nicht mehr gefunden. Ich Das war habe irgendwie von- nicht mehr. Ich habe von einer Frau gefunden, aber es war ein bisschen weird gewesen. Ja, das ist um den... Ja, mal, ich habe das auch gefunden. Crybaby-Technik, du hast von einer Frau von Ja. Dort geht es um... Es ist langsam weird. Dort geht es um quasi, dass du dein Belt in deiner Mixed Voice machst. Und das ist quasi, dass auch noch ein bisschen Luft durch die Nase kommt. Sagen wir so. Blöd gesagt, oder? Und wenn du sagst, du strugglest, wenn du hoch willst singen und du bist ja auch mit Power, du willst ja auch so ein bisschen belten, oder? Das Ja. kommt natürlich auch auf den Klang drauf an, den du willst erzeugen. Aber was man ja oft macht, ist, dass man zu viel Luft braucht, wenn man das Gefühl hat, man muss mehr raufgehen. Oder? Ja, Das ist so voll, ein bisschen definitiv. man muss irgendwie drücken, oder? Und Ja, das ist, was man eigentlich nicht machen sollte, oder? Und zum das umchanneln, hat mir persönlich eben die Crybaby-Technik geholfen, zum checken, wo überhaupt noch Luft an kann. Du hast noch eine Damit- Kopfstimme brauchen, oder wie? Entschuldigung? Kopfstimme, gehst du auf Kopfstimme, oder? Genau, also einerseits hilft die Technik mega zum den Übergang zu der Kopfstimme, Ja, voll, damit voll. der halt quasi aber hauptsächlich halt zum Lernen, wie ich mit wenig Luft die Lautstärke und Resonanz herbekomme, ohne dass ich mehr muss drücken, wenn ich aufgehe. Lord oder? Jesus, das ist nicht anders wie... Genau. Und vor allem mit dem Griff kannst du über einen leisig Fry-Screen machen. Ja. Dann kannst du machen. Stil ist tatsächlich mit so wenig Luft wie möglich, so laut wie möglich zu sein. Ja, das habe ich und halt auch so so leislich wie möglich, so lang wie möglich können zu sein. Und das ist so viel schwieriger, Ja. als man meint. Mach's
du bist vielleicht eine gute Sängerin, du bist ein guter Sänger, aber machst trotzdem, glaubst du wirst sowas von Improvement haben. Und dann die Röhrli-Technik mit dem Wasser, die kennt jeder. Das ist super, ja. Die hat mir das Leben gerettet vor Shows, wenn ich das Gefühl habe, ich kann heute nicht singen, mir mit Show absagen und ich habe nachher gekillt. Ja, also, aber das habe ich gemerkt, weil nachher der nächsten Show habe ich geschaut, dass ich extra einfach so relaxed wie möglich bin, oder? Und alles relaxed ist. Und nachher wirklich mit wenig Push plötzlich so gut und so, what the fuck, Alter, sick, oder? Aber ja, wenn es zu viel Adrenalin am Anfang hast, dann einfach rumgumpen und Two-Steppen bist, oder? Ist ein bisschen schwierig. Ja, da merkst du, dass Singen wesentlich schwieriger ist wie Screamen, weil Aufwärmen bei mir ist zweimal und das wär's gewesen. Ja. Ich meine, wenn du das kannst, dann kannst du das. Es gibt keine Regeln. Aber nur für Screamen. Wenn ich nicht singe, hätte ich ein Problem. Wir haben das Gespräch gehabt mit dem Sänger von Death Mask und nochmal einer anderen Band aus California. Und der singt ja wirklich, ich meine, jeden Tag. Die haben so viele Shows und wir haben ihn gefragt, was machst du, um deine Stimme zum warm halten? Und er hat gesagt, gell, jeden Tag einfach singen. Und er hat keine Tipps gegeben. Er hat keine Tipps gegeben. Sein Tipp war, Bro, irgendwann kannst du es einfach und irgendwann behaltest du deine Stimme einfach parat, indem du es machst. Aber das ist etwas, was ich auch gemerkt habe. Wenn ich irgendwie nicht screame, über einen gewissen Zeitraum wieder reinzukommen, ist viel härter, wie einfach drinbleiben. Es ist halt nichts anderes als ein Muskel. Ja. Es ist wie wenn du 100 Kilo Bankdrücken willst machen, einmal in der Woche musst du sicher etwas dafür machen. Wenn du halt nichts machst, ist es wieder dann drückt dein Gewicht. Es ist aber auch nicht, ich finde es nicht ganz vergleichbar, weil beim 100 Kilo Lüpfen, die kannst du dich einfach ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr auf die Zähne beißen und es kommt schon gut. Im Singen geht das nicht. Du kannst nicht einfach dich ein bisschen mehr anstrengen und es wird nachher besser tönen. Wenn du machst, hast du einfach kaputte Schulter oder die Brustmuskel reißt. Okay, ja, voll. Ja. Aber von der Anstrengung her, finde ich, kann man es nicht vergleichen. Ja, das stimmt. Ja, es ist halt aber eben, ja, wenn du jetzt einmal antrainiert hast, dass du singen kannst und dann nicht aufhörst und jeden Tag weiter, also einfach immer in deinem Range bleibst, dass du nicht übertreibst. Und nicht schaden und nicht schaden. Dann gehst du auch nicht wieder zurück. Genau. Also singen in dem Stil, im Metal-Stil, probiere ich jetzt schon 5 Jahre. Er ist mich am Coachen und er ist mich auch mental am Coachen, nicht nur gesanglich am Coachen, weil das ist wirklich krass, was das in mir ausgelöst hat, die Frustration, ich weiss dass nicht, ich das nicht kann. Screaming ist halt noch so eine Sache. Es ist so etwas anderes. Ich finde, das ist eine mega Blockade, die man muss durchbrechen. Ja, definitiv. Also ich weiss nicht, ob das gegangen ist. Also, ich habe mir vor allem angewöhnt, wie ich singen will. Oder ich habe auch ganz klassisch Jazzgesang gelernt bekommen. Oder? Und Sachen, die du machst und die du nicht machst. Und halt vieles Zeug, wo ich zuerst falsch machen müsste im Schreien. Und da bin ich nicht allein, da getraut sich wahrscheinlich viele Leute auch nicht, weil sie Angst haben, etwas an ihrer Stimme kaputt zu machen. Ich weiss, es gibt auch die anderen, denen es scheißegal ist. Und die sagen, welches Blut muss kommen. Nope, das ist nicht gut. Nein. Da gibt es eben auch die, wie ich, die eben Angst haben davor, ihre Stimme zu schädigen, weil sie ja eigentlich doch lieber Jazz singen, als Metal schreien, oder? Ja, und deswegen so, ja okay, jetzt wollte ich ein bisschen Metal singen und jetzt habe ich meine Stimme zerstört. Ja, die Angst ist gerechtfertigt. Es ist halt recht eine Kopfsache, weil Schreien assoziierst du damit, dass es laut ist und eigentlich keiner hat gesagt, dass Schreien muss laut sein. Das ist mir wirklich aufgefallen und man sieht es auch, achte dich mal, wenn du keine Ahnung hast von dem, achte dich mal, wenn du einen Sänger auf der Bühne, der singt und schreit, was er mit dem Mikrofon macht. Sobald er singt, tut das Mikrofon meistens weiter weg und beim Schreien näher. Was einfach auch zeigt, dass du viel weniger Loop bist beim Schreien. Es kommt darauf an, weniger Loop brauchst. Ja, extrem. Wenn du Zelle von Paleface bist, machst du es umgekehrt. Ja, dann wird das ja gut. Die Frage ist halt eben auch, wie tönt seine Stimme und sehen seine Stimmbänder in 15 Jahren aus? Absolut. Das wissen nur seine Stimmbänder. Ja, vor allem, was ganz böse ist... Ich habe das Gefühl, so schlimm kann es bei ihm nicht sein, weil sonst würde die ganze Tour nicht durchhängen. Ja, das ist crazy. Das Ding ist eben, das mag schon sein, aber ist seine Stimme tiefer geworden über die Jahre? Das weiss ich nicht, ich kann ihn nicht wir müssen den Granichen fragen. Ja, voll. Das ist etwas, wo zum Beispiel ganz viele Leute sagen, das ist so, ja, das ist mega geil, meine Stimme ist tiefer geworden. Das ist Vocal Damage. Ja. Das ist Vocal Damage, wo du nicht merkst, wie deine Stimme einfach tiefer wird. Was ich aber merke, ist, wenn ich mehr screame, habe ich generell, ich habe eine Uhr, wenn ich normal rede, habe ich eine hohe Differenz in der Stimme, ob sie jetzt tief ist oder hoch. Je nachdem, ob ich aufgeregt bin oder ob ich einfach generell gerade ein bisschen hyped bin oder nicht. Und wenn ich relativ gechillt bin, habe ich eigentlich gar nicht mal so eine hohe Stimme. Ja. Aber wenn ihr vorher gemerkt habt, habe ich da oben geschnurrt und das ist gar nicht mal so tief. Ja, genau. Oder? Und wenn du dich aber dann dort ankommst, dann ist es wie so, dann... Ja. Das ist einfach weg. Ja, ist schon wieder aber das Ding ist eben mehr, wenn ich dann mehr screame, habe ich das Gefühl, sind meine Stimmbänder ein bisschen entspannter und dann bin ich generell, also wenn ich mehr übe, probe, bin ich mehr in dem Range am Reden, aber das andere kommt dann auch wieder irgendwie rein. Ja, aber ich merke das auch mega viel und vor allem, ich trickse es eben auch aus, weil wenn wir zum Beispiel Show spielen, dann ist so die letzte
nächsten 2 Tage vorher, die letzten 2 Tage vorher, ist wieder so, dann schaue ich, dass ich einen Tag habe, wo ich eher in einem höheren Register rede und einen Tag habe, wo ich eher in einem tieferen Register rede, um halt, wie schon wieder eine Stimme quasi die Assoziierung machen, hey, wir haben dann etwas zu machen. So, es ist wieder, da muss gut sein, da muss gut sein, da muss gut sein. Und das hilft mega. Vor denen. Ja. Das ist auch, du weißt es. Bevor deine Stimme crackfistet wird. Ich muss denen von einer Show, sonst kann ich keine Show spielen. Ja, tatsächlich. Du und ich sind vor der Show immer ein bisschen am Yoga machen. Hey, das habe ich vielleicht gemerkt, das ist wichtig. Hey, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist so gut. Mit 20 ist mir das noch gar nicht in den Sinn gekommen. Also, was ich mit der Zeit gemerkt habe, so über die Zeit immer mehr singen und auch besser werden im Singen und mir vor allem ein besseres Gespür zu bekommen. Ich habe das Gefühl, das macht dich zu einem besseren Sänger, eigentlich ein besseres Gespür für dich zu bekommen, deine Stimme, wie du bist. Und irgendwann brauchst du einfach andere Aufwärmübungen und irgendwann merkst du einfach irgendwie so, die typische Aufwärmübung macht es eigentlich jetzt nur noch schlimmer. Also ich habe mich eigentlich mal verwünscht, wenn ich dann so mein volles Programm gemacht habe und nachher komplett verkackt habe und meine Stimme eigentlich nur überladen habe und viel zu fest überfordert habe. Dabei hätte ich eigentlich nur ein bisschen meine Zwerchfellmuskulatur ein bisschen stärken. Fertig. Aber ich habe da meine Stimmbänder an meinen Stimmbändern rumgenudelt, dass ich nachher dann das Recording abbrechen musste. Weil ich nicht habe, es ist einfach nicht gegangen. Es gibt aber mega viel, oder? Dass du natürlich findest, ich spiele eine Show oder ich mache eine Aufnahme und ich habe schon ein bisschen gesungen heute, aber es ist wie so, ich glaube, ich habe noch nicht genug gemacht. Und dort passiert es meistens, dass du es zu viel machst. Und dann also wenn du viel darüber nachdenkst und eben nicht fühlst. Also, irgendwann hat man das Gespür für seine Stimme und dann weiss man auch so, was man braucht. Und wenn es auch nur ein Schluck warmes Wasser ist. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr 2 Shows hintereinander spielt, geht nicht nach der Show ins Publikum und schreit eure Kollegen an, weil die Musik zu laut ist. Weil jedes Mal, ich bin glaube nach jedem Konzert heiser, aber nicht, wenn ich auf der Bühne stehe. Ja, genau. Es ist auch, nur wenn ich irgendwo im Publikum stehe und mich muss meine Kollegen umschreien, weil die Musik zu laut ist. Ja. Die Melissa Cross kennen ihr vielleicht. Ja. Sie hat mal mit ganz vielen anderen Statistik gemacht in den 90ern, wo es darum gegangen ist, wo die meisten Vocal Damages passieren. In den 90ern? Ja, also einfach so in dieser Zeit einfach so. Die hat allen beigebracht zu streamen, die mir zulassen. Und das ist crazy. Und sie hat festgestellt, dass die meisten Unfälle, die meisten Leute, die kommen, wegen irgendwelchen Problemen, sind meistens, wenn sie im Ausgang rumgejohlt haben, nach der Show rumgejohlt haben. Ja, vor allem, wenn du ein bisschen getrunken hast. 2, 3 Bier in die Hose und dann Alkohol sowieso. Ja. Alkohol sowieso ist nicht gerade das Beste für die Stimme. Rauchen auch nicht, da bin ich gar kein Vorbild. Ich auch nicht. Ja, aber wie kommst du denn so eine geile Stimme wie der Lemmy? Ich weiß auch nicht. Nein, Dings von wegen Voice Damage, der Kirk von Crowbar. Also wenn der sich redet, ich habe einen Podcast gelesen und ich so, holy fuck, Alter. Bruder, ich meine, finanziell muss schlecht. Aber Vocal Damage, der Casper. Das ist bei mega vielen so. Der hat einen Style daraus gemacht, der hat das können kapitalisieren. Der hat seinen Vocal Damage kapitalisiert. Er hat auch, glaube seine Stimmbänder nicht reparieren, weil die Chance würde bestehen, dass seine Stimme nachher nicht kaputt wäre. Mein Gott. Ah ja? Also er hat wollen, dass seine Stimme so kaputt ist. Das Ding ist ja, weil er hat das mit dem Arzt besprochen anscheinend. Und seine Stimme ist nicht so schlimm kaputt, dass wenn er nicht komplett umtut, dass seine Stimmbänder reissen. Aber es ist genug kaputt, dass wenn er ein bisschen lauter redet, dass sie dann tönt, wie der Casper halt tönt. So wie Vintage Clothes. Und er hat eigentlich, und dann haben sie gesagt, sie können seine Stimmbänder reparieren, aber sie können ihm nicht garantieren, dass er nachher noch gleich tönt wie voran. Und darum hat er seine Stimmbänder nicht repariert, weil sonst könnte er kein Geld mehr machen. Weil sind wir ehrlich, wenn der Casper normal würde reden. Aber das ist eigentlich noch crazy, weil eigentlich der Arzt würde sagen, weißt du, machst doch einfach und lehr doch einfach das richtig zu machen. Genau. Das stimmt. Habt ihr mal im Casper seine Hardcore-Band gehört? Nein, das Hardcore-Band. Deswegen hat er seinen Vocal Damage. Ja, darum hat er seine Hardcore-Band. Okay, Ricky, das geht jetzt. Ich muss schnell die 2 Jungs vom Crowdkiller Report aufklären. Bitte. Wie machen wir das am besten? Bitte. Okay, auf jeden Fall. Seine Band heisst Not Now, Not Ever. Okay. Und der Song, den ich euch jetzt zeige, heißt My Own Strength. Okay. Und wenn ihr euch fragt, was tönt da wieder Donald Duck, es ist der fucking Casper. Wie heißt es? Okay. Das ist echt lustig, weil ich weiss, du musst auf YouTube. Als ich in die Oberstufe gegangen bin, ist der Casper Wie heißt das Not Now, Not Ever. Hey, Casper ist immer noch das Ding. Ah, wirklich? Ich bin als Casper-Konzert in der Halle 622. Okay. Das war das beste ever gewesen. Es sind vor allem nur Emos und Core-Kids da gewesen. Krass, ist das shit. Was ich an Casper doch noch recht cool finde, ist wie Industrial Amis-Zeug nur recht tönt. Hey, er ist vor allem ein Core-Kid by Heart und das hörst du in der Musik immer noch. Welcher Song? Not Now, Not Ever, My Own Strength. Own Strength. Die Band ist kleiner wie Tao ist. Nein, das ist live. Gang zurück. Der, ja. Ist sogar falsch geschrieben. Das ist sogar noch falsch geschrieben, Bro.
Ja, das ist der Casper. Ah, er ist Knocked Loose von Knocked Das Loose. erklärt, Es ist wirklich noch es erklärt alles. Es erklärt alles. Die Musik wäre aber saugeil. Coole Harmonics. So, gerade wieder Gitarre da. Ah, das ist ein Pre-Knocked Loose, Alter. Ja, aber das ist Casper. Sick. Das ist so geil. Ui. Ist cool, ja? Es ist eigentlich Krass. Ich habe eine Eigentlich ist es neue... mega cool. ungelogen, es ist eigentlich verdammt geil. Das ist eine neue Meme-Stimme, ganz ehrlich. Aber Für mich ist immer die Knocked Loose-Stimme so ein Beispiel gewesen von dieser Meme-Hardcore-Stimme, basically. Aber Ja. wenn wir ein Meme von einer Hardcore-Stimme machen, ist, finde ich, der Sänger von Knocked Loose ist das Meme Ich von finde, einer Knocked Hardcore-Stimme. Loose, Nach meinem Geschmack. Ja, okay, fair, ja. Oder Sicko Fidal. Der ist einfach so, also, der ist zwar Collar. stabil. Der ist zwar stabil, aber der ist auch so roh. Was mich wundert, ist, ob er nach seiner Stimmbänder, nach seiner Speiseröhrenoperation Ah, ja, irgendeinen voll. Unterschied in seiner Stimme hat. Ich meine, ja, er hat ja Krebs Wann gehabt. hat er die gehabt? Ja, ist ist der letzte Jahr. gerade kürzlich ist er... Ja, Hat stimmt, sie haben die Tours müssen absagen. Ja, Sicko, genau. Sicko Fidal ist so ein Drama gewesen in meinem Leben im Fall. Ja. Ich Schon. liebe Sicko Fidal. Und ich habe sie nie gesehen. Jedes Mal, wenn die in die Schweiz Oh, gekommen sind, damn. bin ich in London gewesen. Oh nein. Oder ich bin irgendwo sonst in der Ferien gewesen. Ja. Oder sie haben an jedem Imperican Festival gespielt, außer in der Schweiz. Und ich dann irgendwann so, nein, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, dass ich Sicko Fidal noch nie gesehen habe. Und dann irgendwann haben sie im Kiff gespielt und der Luca, der Butch, der Sänger von Eversis und ich so ins Kiff. Im Kiff etwa 40 Leute oben. Oder 100 Leute oben und Sicko Fidal. Und ich so, nein, das kommt nicht gut. Das war die beste Show von meinem Leben gewesen. Show. Mann. Mit Abstand. Ey, die sind so geil. Geil. Sicko Fidal ist live so gut gewesen. Und So du bist fast heute- 50. Du bist bis heute nicht sick of Fidal. Nein, gar nicht. Gar nicht. Der hure Du hast eine neue Break- Band gegründet, Alter. Not sick of Fidal. Ja, fair, ja. Der Schluss-Breakdown von Take the Night Off, der ist so sick. Ja, sicher. Ich habe zu wenig Silber für alle gelassen. Du musst mehr Sicko Fidal Ja. hören, Brudi Ricky. Mhm. Das ist Ich OG auch Hardcore. offensichtlich. Und mehr Ich auch. Comeback. Ich habe es ja auch, ehrlich gesagt, erst ab dann anfangen, wo wir deine Bericht gemacht haben über ihn. Ja. Wir haben ja, ja, in der ersten Folge haben wir es davon gehabt. Nein, die. Nein, verstehe Am nicht. Montag Die haben wir zweite, darüber ja, voll. berichtet, ja. Und das ist recht geil. Hey, es ist Wirklich cool. krass, also seit wir anfangen mit unserem Crowdkill Report, ist es krass, wie viel Musik dass man entdeckt Es und gibt viel finden zu kann. viel. Es ist wirklich, crazy, wirklich ja. krass. Ja, vor allem, man hat Manchmal ist es eben auch schwierig, also ich möchte in Zukunft eher vielleicht weniger berichten und dafür ein bisschen detaillierter über das, was man berichtet, weil ich persönlich finde es kritisch, wenn man viel glaubt und ich glaube. In einem News-Channel, also wenn wir ein News-Channel Ja. sind, finde ich, müssen wir ein bisschen mehr so genauer sein. Deswegen wollte ich auch ein bisschen mehr dann auch reinhören, effektiv in die Bands, die ich auch promoten, oder? Das ist ein, hey, die Band hat einen Song released. Los rein. Geil. Ja. Ich habe nicht mal selber gehört. Ist wie so. Ja, nein, das haben wir oft gehabt. Und ja, es sammelt sich mega viel. Und jetzt tun wir extra einfach mal vorher hören und ich bin so, Ja. wir hören. Ja. Wir sollten es auch, ich sage nicht, wir sollten es nicht vorher hören. Ich sage, wir sollten es vielleicht mehr als 5 Minuten vor dem Podcast hören. Ja, genau, Dass wir durch- uns ein Bild ja. machen davon. Ja. Ja. Ah. Ja, Workflow ist sowieso in allem der Nervenretter und vor allem der Erfolgsmacher. Mhm. Ich habe das Gefühl, du kannst untalentiert sein, du kannst arm sein, aber wenn du einen Workflow hast und einen Plan und vor allem auch ein klares Ziel, das du kannst formulieren, dann schaffst du es du überall an. Aber das ist eben Das wo haben die meisten richtig eben schwierig nicht. ist. Ja. Richtig schwierig. All die 3 Sachen in Kombination. Und nicht nur die 3 Sachen zu machen, sondern die 3 Sachen auch noch zu balancieren mit einem Absolut. Alltagsleben. Ja, voll. Also wirklich Shoutout auch an euch, dass ihr ja, das auch so lange weißt, Zeit wir macht. machen jetzt bi-weekly. Ihr wollt es weekly machen, das ist insane, Alter. Wir Ja. machen es 2 Weekly. Und gut, das Ding ist eben bei mir und Jona, wir sehen uns etwa so im Durchschnitt etwa 3-4 Mal in der Woche. Wir sehen uns 3-4 Mal am Tag, Bro. Das stimmt eigentlich auch wieder. Daher, ja, für uns hat es wirklich keine Rolle mehr gespielt. Ja, weil das ist jetzt super, ist es wie so, Das ist fair, ja. Das jetzt ist hocken gut. wir weniger rum und machen Musik und Ich habe halt auch die Kapazität eigentlich, gell? Also du als Student hast natürlich jetzt auch Kapazität, Ja. oder die Studios nutzen, du bist dort, dann kannst du auch an Audioproduktion arbeiten, oder? Du bist als Student so ein bisschen in dem Mindset, oder? Und ich, durch das, dass ich 2 Stunden am Tag für den Kanton Aargau Homeoffice als IT-Supporter arbeite und das mit meinem super
günstigen Lifestyle eigentlich lenkt, habe ich wirklich extrem viel Zeit, mich auch mit dem auseinanderzusetzen. Oder? Und auch dann Recherchen zu betreiben und viel Vorbereitung auch zu machen. Wir haben viel ITler in deinem Podcast, ich schwöre. Ja. Ich bin sehr unfreiwillig eigentlich ITler. Ich habe eine Mediamatikerlehre angefangen, habe dann die abgebrochen mit 18, weil ich bin überzeugt, ich werde Rockstar. Kollege, lass mal meine Musik an. Lass mal mit 18, oder? Ja. Lass meine Musik an. Das ist der krasseste Scheiß, den du gehört hast. Ich bin 2 Jahre Weltstar, oder? Ich habe den Militär nicht gemacht, weil ich nicht gewusst, irgendwann muss ich auf Tour gehen, weißt du? Sorry, Mann. Ja. Ich kann nicht. Das ist meine grösste Sorge. Jetzt komme ich jedes Jahr in fucking Rechnung und so, fuck, Alter. Meine grösste Sorge war, als ich DRS angefangen habe. Wie mache ich das jetzt mit der Band? Ja. Du hast einmal im Jahr einen Weg gehabt. Ja. Chills. Ja. Ich bin dort schon recht autoritär mit meinen Bandjungs. Ich habe ihnen gesagt, also ich bin auch noch Musik studieren im Ausland dann irgendwann, oder? Und ich hab mir gesagt, ich meine es ernst, und wenn ihr es ja auch ernst meint, dann könnt ihr euch ja unabhängig von mir treffen, oder? Dann könnt ihr auch ohne mich euch treffen als Band und weitermachen, und das ist halt dann nicht passiert. Wo bist du gegangen? Ich bin auf Deutschland, auf Freiburg im Breisgau bin ich Musik studieren. Die Schule ist dann Konkurs gegangen. Ich bin Freiburg vorher schon geflüchtet. Hey, Freiburg ist krass, ich habe noch nie so viel Beef mit Polizei gehabt. Ja? Ja, also ich bin mit Handschellen abgeführt worden und mit Fingerabdrücken und alles. Also wirklich, die Leute sind richtig, also die Polizei dort ist richtig Der Janus Christus hat den Song von Freiburg im Breisgau gemacht. Der Janus Christus? Ja. Fuck, wie heisst der? Fuck. Ich suche den schon. Es gibt genug Gründe zum Song zu schreiben über Freiburg im Breisgau. Wirklich, also ich bin dann geflüchtet. Ich bin dann geflüchtet. Ich habe leider das Musikstudium nicht fertig gemacht. Aber ja, genau. Gut, aber wenn du das gemacht hättest, wärst du jetzt vielleicht nicht da und hättest keinen Podcast. Aber. Das stimmt. Also ja, nein, hättest du dein Musikstudium gemacht, hätten wir uns nicht kennengelernt. Vielleicht schon, wer weiß. Never say never. Aber ich glaube auch daran, dass alles so kommt, wie es kommen muss. Und grundsätzlich vertraue ich dem Weg. Alter, der Janus Christus hat so viel fucking Musik raus, man. Holy shit. Immer noch. Yes. Ja, der hat ja keine Band. Ja. Der kann es alleine durchziehen. Das ist viel einfacher. Darum ist der Ricky mit Tao so schnell. Freiburg im Breisgau, genau. Ja, Freiburg. Ja, wer meinst du, hat die Beats gemacht von der ersten Janus Christus EP? Sag du in dem Fall, hä? Ja. Crazy. Mach mal Beats für mich. Das erste und letzte Mal, wo ich fucking Beats mache. Fucking Aber ich muss sagen, ich habe nur Respekt für die Leute, die so oldschool Beats machen. Weil ich habe es mehrmals versucht und es sind immer beschissen. Du musst eben richtige Instrumente verwenden für oldschool Beats. Ja, schon. Also du musst vor allem nicht auf das Grid vertrauen. Ja, eben, das ist der Punkt. Ja. Also Trap-Musik tönt halt voll Grid. Vor allem das Hi-Hat, das musst. Oder? Man hat halt auch eine Faszination für Perfektion und Digitalisierung bekommen, oder? Das polished und alles. Das ist auch geil, ich finde es auch cool. Aber ja, im Hip-Hop definitiv, da bin ich auch in der innerorganischen, autistischen, analogen und auch in autistischen Sparte geblieben. Ja, definitiv, muss ich sagen, lebt es von der Tempounterschied und vom Flow, Mann. Ja, und auch von der Verzögerung auch. Von der Nicht-Perfektion. Genau. Ich meine, wir haben damals bei Versus, wenn wir aufgenommen haben, bis sind wir da geguckt und dann schreit der Domi über die Ecke hinführen. Das Zeug nehmen wir! Und ich so, wieso? Ich habe da voll irgendwo einmal einen Schnitzer drin gehabt. Ja, eben, das nehmen wir! Genau, deswegen, yes. Es ist nicht so, du hast nicht schlecht gespielt. Du hast einfach noch irgendwo eine Seite noch kurz mitzogen oder so. Du hast auch keine Ahnung, wie oft dass ein Zuhörer deinen Song muss hören, um das überhaupt zu hören. Ja, überhaupt den Kontext. Weil meistens hören die Leute auch etwas komplett anderes an. Ja. Oder so, eben, du hast das Gefühl, niemand hört den Bass. Und dann kommt ein Mensch zu dir und sagt, boah, also der Bass-Part am Schluss ist richtig krass. Der einzige Mensch, der sich für den Gitarrensound interessiert, bist du selber. Das ist schon so, ja. Oder andere Gitarristen. Und die 4 autistischen Gitarristen oder schon in der Ecke hin, aber die sind sowieso egal. Genau. Die spielen auch in einer Local Band. Die sind ja an deine Show gekommen. Die sind an deine Show gekommen, die haben aber auch nicht viel mehr erreicht als du. Voll, aber ich sage ja immer, ja, der Bela spielt in 1000 Bands und so. Steht jetzt übrigens auch auf unsere Description in Instagram. So, Bela in Klammer Eversis plus 1000 Bands. Weil es passen nicht alle rein. Es passen nicht alle rein. Ja, geil. Und, hey, ja. Wenn Sie gerade vorher davon wer ist alles in welchem Projekt eigentlich so?
Erzähl mal. Also es ist nicht so schwierig. Der Ricky ist bei Metal Serverland Taoist. Okay. Und der Mega-Analyst. Sorry, Entschuldigung, Okay. dass ich das vergessen habe. Ja, voll. Dort hat er das gemacht und dann hat er mich eben gefragt, ich habe ja Eversis gehabt, mega lang und dann habe ich noch eine Punkrock-Band gegründet, etwa so wie ihr Crackfist gegründet habt, besoffen in einer Bar mit einem Kollegen. Hey, ich würde gerne Bass in einer Punkband spielen. Boah, ich würde gerne Gitarre in einer Punkband spielen und singen. Hey Marc, du spielst doch Schlagzeug. Yes. Geil. So ist die Band gegründet worden, Matchbox Whispers. Und dann hat der Ricky mich, nachdem er mir 2 Wochen nachdem er Whiteout sich aufgelöst hat, also nachdem er mir gesagt hat... Whiteout ist meine letzte Band. Whiteout löst Ist sich er bei auf. Whiteout gewesen? Also Nein, ich habe es gestartet, also wir haben nie alleine gewesen. Wir sind immer 8 Jahre lang gleich gewesen, Ja. nachher aufgehört. Genau. Okay. Genau. Ja, Okay. er mir, Okay. genau, dann hat er mir irgendwann gesagt, sie lösen sich auf. 2 Wochen später kommt er mit so 3 Demos um die Ecke. So, hey, ich habe 3 Demos für ein neues Projekt geschrieben. Und ich so, okay, cool. Nochmal 2 Wochen später, Bruder, ich habe jetzt 6 Demos für das neue. Und dann eine halbe Woche später schreibt er, Bro, ich habe jetzt die Vocals für das Album. Geil. Und ich so, was? Ja. Geil. Ich habe 10 Songs mit Vocals. Geil. Bro, aber da Was? einfach kurz lang leben, DIY, Home Ja, Mann. Studio. Ja, und dann hat er Production. eben einfach das Gefühl gehabt, hey, du willst nicht live so ein bisschen, weißt du, easy, einfach nur für live, weißt du, du musst einmal die Songs lernen und dann haben wir das Album, dann können wir das einfach mal spielen, so 2 Jahre und dann können wir easy einfach, das, weißt du, einmal gelernt und dann einfach einmal proben vor der Show und das ist verdammt chillig und dann haben wir den Mike, der früher bei Sacrifice für Skype und Anthem for a Dying Day. Anthem for a Dying Day war und der spielt dann Bass und wir fragen den Dave, ob er Schlagzeug spielt und das wird mega cool und ich so, ja und dann habe ich mich so... Also es ist schon ein Cheatcode, der Drummer for Save Last Breath. Dann habe ich mich einfach... Ist er bei euch? Ja. Ah ja, stimmt, ja. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Deswegen hat er mich aber erkannt am Er hat einfach am nie Sonntag. Ja, Zeit. stimmt. Er hat einfach nie Zeit, weil er mit Save Last Breath spielt. Von unseren Drummers hat er am wenigsten gespielt. Er hat eine Show gespielt, oder? Er hat eine Show Ja, gespielt. sonst der noch von Whiteout, der ist auch unser Drums US. Aber Records, auf dem Record ist Ist er. der Dave, ja. Ja. Das ist das Einzige, was nicht der Ricky gemacht hat, das Schlagzeug. Ja. Genau, Also genau. der Ricky hat das Schlagzeug schon mal gemacht, aber dann haben wir Ich habe es gesagt... MIDI gemacht. Ja. Dann haben Ja. der Mike und ich einen Plan ausgeheckt, weil ich habe dem Ricky gesagt, der Ricky sagt, ja nein, weißt, ich mache das einfach DIY, voll easy. Wir machen da nicht zu viel Effort. Und dann habe ich irgendwann dem Ricky einfach gesagt, Bruder, also in der Gruppe-Chat geschrieben, hey Jungs, also Es braucht das echte klingt schon Drums. verdammt schön, aber wenn wir einen der besten Schlagzeuger von der Schweiz haben und jemand, der kann Schlagzeug aufnehmen kann und du jetzt schon 10 Songs hast, Bruder, das wäre jetzt wie schade, wenn wir das nicht machen. Ja. Absolut. Also, ich finde schön, dass du Smart sagst, weil choice. ich finde, ganz viele Bands machen sich den Gedanken nicht mehr so, oder? Weil wir leben in einer Welt von absoluter Bequemlichkeit und Barrierefreiheit fast. Und ich meine, wir haben zusammen mit, dass wir neue Projekte mit Royal Reflections haben wir auch die Diskussion gehabt mit MIDI-Drums, keine MIDI-Drums, Drums überhaupt. Gut, nein, Drums Es braucht's. gibt. Ja, darum ist Kannst du schon auch. absolut. Aber Aber Drones wenn du schon machen. Utensilien dafür hast, wieso, Ja. wieso nicht die nutzen? Aber, und dann habe ich das so dem Dave so zuerst mal so privat geschrieben Ja. und dem Mike und dann beide so, ja 100%. Dann habe ich das im Gruppenchat geschrieben, der Dave 2 Minuten später so, ich wollte lernen Schlagzeug aufnehmen und ich kann alles im Bandraum zum Drums recorden und 3 Tage später sind Drums aufgenommen. Ein Geil. Weekend gewesen. 3 Geil. Tage, 10 Songs, Station, Maschine. Das Ja, ich Krass, meine, ja. also sind ja Drums, die auf dem Taoist-Album drauf sind. Also, Ich meine, der Dave hat die Songs nicht mal closed vorher. Ah, was? also einmal closed und ja, das kann ich. Nachher einfach, Freitag sind wir die ganze 4 Stunden dran, einfach gewesen, den fucking Live-Mischer zu bringen, dass der Routing geht zum Aufnehmen. Fucking Christ, halt 3-4 Stunden oder so. Am Freitag, nachher Samstag und Sonntag noch gemacht. Und dann haben wir 10 Songs gehabt. Wow. Damn. 3,5 Damn. Songs pro Nicht Tag schlecht. gemacht. Gut ab. Das ist crazy. Ah ja, jetzt, ich muss wieder zurück zum Thema eigentlich. Sind wieder ein bisschen abgeholt. Ja, genau, Bands. Und Also dann gibt es hat- nur noch eine Band, wo ich noch nicht abgemischt habe von dir? Genau. Ja, das Nice. stimmt. Gibt's Matchbox Whispers, ja. Ja. Die. Und eben Fearlab ist dann, mit denen haben wir ja letzten Sommer 7 Konzerte gespielt. Und nach den 2 Shows in Polen haben sie gemerkt, dass das mit ihrem neuen Bassist nicht funktioniert. Dann haben sie sich von ihrem Bassist getrennt und mir besoffen und betrunken und brüllend angerufen. Also, wir Bassist. Ich weiß nicht, was ich soll machen. Irgendwie schreit der Schlagzeuger von hinten rein. Und er hat das Gefühl, ich bin das Arschloch.
Okay. Habe ich gar nichts gemacht. Und ich so, ja, und jetzt eben, kannst du noch 5 Shows mit uns spielen? Und jetzt das ist das nicht nach einem friedlichen Auseinandergehen. Es ist, glaube ich, schon friedliches Auseinandergehen. Ja. Es ist einfach so. Das ist halt, ja. Er hat es halt nicht so gesehen, glaube ich. Ja, Steve muss den zogen, das ist gut. Aber auf jeden Fall, dann haben die mich gefragt, ob ich Bass spielen bin. Dann habe ich halt alle Songs gelernt und jetzt sie releasen nicht so viel neue Musik, weil sie es als Band schreiben. Das heisst, dann muss ich nicht so viele neue Songs lernen und dann haben sie mich gefragt, ob ich Bock hätte, einfach jetzt bis ich keine Lust mehr habe, live bei einer Bass zu spielen. Dann habe ich gesagt, ja. Weil es ist nicht so crazy. Und das funktioniert? Ja, bei dieser Probe jetzt wirklich einmal vor der Show. Aber wo du mit der Versis eben gespielt hast, haben sie mit Taoist jemand anderes geholt? Ich meine, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist voll der Luxus. Nein, das ist auch geil. Aber ihr habt mit Taoist verschiedene Teams. Also, das ist ein Marketing-Scheme. Nein, das ist Taoist ist eine Sekte. Es ist ein Pyramide-Scheme. Es ist Hardcore Herbalife. Damn! Nein, es hat so angefangen, einfach weil das Ziel war, hey, ich schreibe mal Musik, ich nehme auf alles und nachher habe ich ein Team von Brudis, die ich vertraue, die ich liebe und die wir einfach spielen. Und sie spielen in Bands und arbeiten ins Leben. Und dann ist einfach so ein Call machen, hey, wer kann, spielen wir. Und dann habe ich gemerkt, so, fuck, aber die sind sicher sehr viele Konzerte, besonders Dave und der Bella. Und der Mike zum Glück nicht. Also mit dem kann ich zählen, raus. Er ist schon der Erste, der nicht eine Woche vorher so, Bruder, ich habe einen Business-Trip, ich bin eine Woche weg auf Brasilien. und dann habe ich gefunden, okay, ich brauche mal ein Backup-Team. Ja. Und ich habe den Niki von Xpello, Gitarre als Backup, der Luki von Kate Effects, der singt, aber auch Bass spielt, deswegen ist er Backup-Bassist, aber theoretisch kann er auch singen. Was sehr funny ist, weil der Niki noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja, und der Luki auch nicht. Und der Luki auch nicht, stimmt. Und wieso der Spieler auf der Bank? Genau. Also nein, sagen wir so, wir haben einmal mit Ersatzgitarrist und einmal mit Ersatzbass gespielt. Ah, okay. Aber die zwei, die wir eigentlich nicht geplant haben, sind noch nicht zum Einsatz gekommen. Okay. Und dann haben wir noch den Danu, Drummer von Whiteout, dann gefragt, zum Backup-Drums zu machen. Inzwischen hat er mehr Konzerte gespielt als Dave. Hat er mehr geprobt als Dave. Und mehr geprobt als Dave, ja. Und dann haben wir mal Backup gehabt. Cool. Und nachher, als ich die Backups gebraucht habe, haben sie auch Konzerte gehabt. Also ja, fuck me, Alter. Scheiße. Und dann habe ich mal ein C-Team angefangen. Und zwar der Rada von Kate Effect, Gitarre. Okay. May haben wir durch den Niki kennengelernt. Spielt eigentlich Das war sehr Jazz. funny gewesen. Einfach so, wir brauchen jemanden, der Bass spielt. Der Niki schreibt, ich habe jemanden, der Bass spielt und unsere Musik geil findet. Ja, voll. Und fucking Maschine, einfach Jazzbassist, oder? Das ist insane. Ja, so endlich mal jemand, der weiss, wie Musik funktioniert in dieser Band. Das war insane gewesen. Du kannst einfach Filler-Bass-Lines schreiben und so, das ist schon geil. Oder How You Remind Me, noch nie so gut wie Made It. Ja, voll. Also vor allem, wenn du einen Jazzbassist hast, du hast kontrollierte Dynamik. Boah, ja, es ist Dynamik ist das A und O, wenn es um Jazzmusiker geht. Und May spielt mit Finger, oder? Spielt noch mit Pick, glaube ich. May hat ohne Pick gespielt. Ohne Pick gespielt, genau. Also insane. Krass. Und er mag die Musik. Und er mag die Musik. Das ist eben auch noch gekommen, so, das okay, mit dem richtigen Lohn bringst du den Jazzmusiker auch an ein Metal-Projekt, je nachdem mostly halt so Prog. Also wir haben auf dem Weg als Konzert eigentlich nur irgendwelche absolut räudigen Bunker-Techno gelost. Ja, voll. Und das ist von May ausgekommen. Also darum, es ist okay. Voll, ich weiss nicht, wie das Prog-Jazz dort läuft. Nein, weil May hört auch Trance und was auch immer. Und alles. Alle hören mal alles, das ist geil. Ja. Und dann haben wir die Playlist vom Rada gespielt. Wie heisst die? Rada seine Harder-Style-Playlist. Radas Harder-Style genau. heisst Harder-Style. Voll. Und dann haben wir den Nico, der ist Master of Crew, der macht Merch und Aushilfe und whatever. Der ist immer parat. Der ist am Merch-Table bei uns gesehen. Ja. An der Show. Aha. Und dann haben wir das Beste. Und dann haben wir Lexi, die Fotos macht. Und wir haben eine zweite Fotografin dazu. Wir haben 2 Fotografen. Ja, wenn Versus spielt, ist Lexi halt bei uns am Fotos machen meistens. Und darum haben wir noch ein Backup-Foto. Genau, und wir haben Lexi und Yasi. Und beide sind sick, sind super und mega lieb. Und eben, wenn Lexi mit Versus am Fotografieren ist, dann ist Yasi bei uns am Fotografieren. Und letztes Mal bei der ETH-Show hast du eben mit Versus gespielt. Ja, das stimmt. Und dann haben wir mit Rada gespielt, unsere C-Team-Gitarrist. Ich habe im Fall secretly gehofft, dass die Show mit der Versus nicht stattfindet. Einfach, dass ich kann als zahlender Gast an die Taoist-Show kommen, weil ich hätte Eintritt zahlt, wäre reingestanden, wenn irgendeiner von uns Gefühl gehabt hätte, hey, kannst du noch schnell Bella, weil ich da gestanden,
Ich habe gezahlt, entertain me, you fucking peasant. Also, es ist lustig, wenn du Mitglied auf Towers bist, ist es gut möglich, dass du mal die Band auch live kannst. Das ist schon so. Ja, das stimmt. Genau. Aber so ein Team zu haben ist ja schon sehr geil. Das ist schon geil. Also das ist definitiv auch ein Ziel von uns, jetzt nicht unbedingt als Band, sondern mehr halt auch jetzt als Crowdkill Report, als Red Carpet Band und Musikverein. Es braucht immer begeisterte Menschen, oder? So wie als Band brauchst du einen Techniker, brauchst du einen Fotograf, Diktator. Also eben auch da, so eine Community oder so eine Szene, man hat das Gefühl, lebt nur von Musikern oder lebt nur von... Oder das sind alle, oder? Weil man muss ja so viel machen und das ist aber auch das Coole. Ja. Wenn man als Musiker mittlerweile so viel auch Medienprodukt braucht und nicht nur Musik, heisst das auch, dass es viele Projekte auch gibt für andere Artists, oder? Ja. Und es ist aber... Sorry, wie erlebt ihr das? Oder wie habt ihr das erlebt? Bis zu dem Punkt, alles selber zu machen? Alles? Von A bis Z? Absolute Pain-Arsch-Scheiße, Alter. Nein, es ist Gottverdammt. Freedom hoch 1000, Alter. Nein, ich stimme dir zu, Ricky. Das sind mehr. Das sind ja mehr. Ich stimme dir zu, Ricky. Ich stimme dir zu. Das ist perfekt. Weil du kannst alles selber machen, du kannst alles selber entscheiden, du musst nichts aus der Hand geben. Aber die gottverdammte Scheiße machen, Alter, das ist so mühsam. Weil ich habe einen verfickten Job, stehe 8 Stunden im Büro, komme heim und dann heisst, cool, jetzt kann ich nochmal 2 Stunden verfickte Drecks-E-Mails an irgendwelche Locations schicken, wo dann keiner den Schwanz im Arsch hat und zurückschreibt. Also, ich weiss auch nicht, was zu viel. Oder einfach zu viel, einfach nicht den perfect amount of Schwanz im Arsch haben und dann nicht zurückschreiben. Weil du schreibst dann 100 E-Mails an irgendwelche Locations, Gott, vielleicht könntest du jetzt einfach sagen, die E-Mail ist scheiße gewesen. Aber das ist es nicht. Weil von einer Location... Willst du es uns zeigen, wenn wir es mal anschauen zusammen? Nein, es ist nicht ein schlechtes... Nein, es ist wirklich... Ich habe einfach keine Bock. Wie viele Mails hast du schon geschrieben, Venues? Sagen wir es mal so, ich schreibe jeden Tag Mails an Kunden, die sehr hässlich sind. Sagen wir es mal so, es hilft eben, wenn du jemanden in der Venue kennst. Dann schreibe ich es meistens zurück. Aber die Venues, sind wir ehrlich, ich habe 1000 E-Mails über am Tag. Hey, es ist so. Also da würde ich auch nicht zurückschreiben. Aber es ist so ein gottloser Job, das dann zu machen. Oder dann irgendwie noch, cool, ich bin jetzt heimgekommen, jetzt kann ich noch 3 Stunden ein Video schneiden. Aber haben wir in dem Fall eure Arbeit klar aufgeteilt, nehme ich an? Also bei Metal Server schon. Der Ricky ist der Brain und ich bin der mit den blonden Haaren. Er ist der Face. Der Ricky hat das so pitcht. Brudi, weißt du, ich kann mit niemandem einen Podcast machen, aber nur mit dir. Mit dir kann ich den Podcast machen. Weil ich habe keinen Bock zum Leute anschnurren und du kannst das. Ist ein grosser, ja, ist auch da ein Team, oder? Ja, wir bilden das Team. Ja. Man muss sich ergänzen, wir brauchen einander. In den Bands haben wir es jetzt auch so. Dort, bei Versus haben wir den Timo, der ist unser Bassist, das ist mit dem hast du jetzt zu tun gehabt. Ja. Er schafft als Veranstaltungstechniker und er hat dieses Technikzeugs bei sich. Ja. Und der Domi und der Butch schauen, glaube ich, auf die Homepage. Was jetzt zwar nicht so viel machen momentan, aber ist ja gleich. Und ich mache so Social Media Scheiße und alles das. Von dem her. Gut. Und so, wenn so Cover Art und so, machen wir das, also, ja, Cover Art ist so ein Punkt, oder? Aber das ist genau. Also die letzten das Outsourcen, wie funktioniert das? Wie habt ihr euch das können? Die letzten 3 Singles hat das der Butch gemacht. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Er hat es mit Canva gemacht und ich finde, die Artworks sind ganz okay. Also sie sind jetzt nicht, sorry Butch, es ist jetzt nicht etwas, wo ich würde sagen, da würde ich jetzt mein Kind dafür verkaufen. Aber für so 3 Singles, Gibt er also das nächste Mal Mühe? Nein, für 3 Singles ist es wirklich... Dann verkauft er das Kind. Sie sind wirklich geil, sie sind wirklich gut. Für so Singles ist einfach gut. Jetzt sind wir dran, ein bisschen mehr Songs zu schreiben, die dann wahrscheinlich zusammen rauskommen. Und dort, wir haben... Früher war unser Bassist, der war an einer Kunstschule und kann zeichnen. Der hat einen Verstand an der Fantasy Basel gehabt und seine Zeichnungen für TikTok. Oh ja, das ist cool. Ja. Und der hat unser Bingo-Shirt gemalt und alles das Zeugs. Das ist ziemlich geil. Und jetzt, müssen wir schauen. Irgendwie, wir kennen ein paar Leute, die malen können, dass wir die freigeben. Was ist eure Meinung zu AI in dieser Geschichte? Also wir haben es bei Whiteout gebraucht. Bei dem Analyst habe ich es selber gezeichnet, fotografiert oder zusammen kompositioniert. Es kommt immer davon, was du erreichen willst. Ich habe schon gemerkt, ich habe nicht das ethische, sondern einen ethischen, moralischen Konflikt innerlich. Und deswegen für Taoist und den Journalist probiere ich schon selber zu machen. Oder einen Künstler einzustellen dafür. Ja. Aber man kann es recht, also ich habe kein Problem, wenn jemand das braucht. Nein, es kommt immer darauf an, was du erreichen willst. Wenn es dir selber hilft und du etwas kannst erreichen damit, ich habe mir letztes Jahr auch mal gestruggelt, einen Songtext fertig zu schreiben. Und ich habe irgendwie eine Zeile haben. Ich habe jetzt so einen Mike Shinoda Linkin Park-esque Part geschrieben und habe dann so das Gefühl gehabt, da ist mein Text.
kannst du mir irgendwelche Inputs geben? Und dann hat er mir einfach noch so, ich habe nicht das kopiert, was er geschrieben hat, aber das, was der ChatGPT mir dann geschrieben hat, ist wirklich, also das ist 1:1 ein Mike Shinoda-Line, wo der Text den Text wirklich abgerundet hat. Und dann habe ich einfach so das Keyword rausgenommen und dann mein eigenes Phrasing rundum gemacht. Und für das habe ich es gut gefunden. Aber wenn du es jetzt einfach wirklich nur blatant rauskopierst, das merkst du schon. Also, du merkst, wenn du wirklich, ich meine, du kannst AI als Hilfsmittel brauchen, aber wenn du jetzt einfach nur AI machst, merkst du es schon. Ja. Das wird sowieso irgendwann, und ich merke es jetzt schon, ein Thema sein, ist das jetzt eine echte Band? Oder ist das eine AI-Band? Ich kann das im Fall jetzt schon, wenn ich Bandlogos anschaue von gewissen Bands. Ja. So ist wie so, okay, das sieht nach, mach mir bitte, California gib mir das Wort. Letztes Jahr hat es ja mal so einen Angriff gegeben auf ganz viele Bands. Wo Barry Tomorrow neue Songs aufgebracht hat. Das ist so Viking-Metal. Ja, genau. Ganz viele Bands sind Opfer geworden von irgendeiner Firma, die sich reingehackt hat. Die haben so viel Kohle gemacht. Ja. Aber das ist ja wie das Problem, dass wir wie zulaufen tun. Es ist wie die ganze KI-Geschichte, ist schon nicht ganz ungefährlich. Vor allem auch in Form von Kunst. Gestern habe ich habe das nicht gewusst, Kesha hat offenbar einen riesen Lawsuit bekommen, weil sie für eine Single ein AI-Cover genommen hat, das niemand deklariert hat, dass es ein AI-Cover war und dann ein neues Cover drauf da hat und dann ist sie plötzlich gewesen, was ist mit dem Alten? Und dann ist sie, ja, das war halt KI, ich habe das als Platzhalter gebraucht und so und sind ganz viele Leute hässlich geworden und schläft jetzt vor Gericht wegen dem, weil halt eben, wenn du es nicht deklarierst, gut, das ist mit allem so, kannst du noch vieles machen, wenn du sagst, dass du es machst. Aber in so einem Fall halt erst recht, oder? Vor allem, wenn viel Geld im Spiel ist, dann schaut man ganz genau her, gell? Absolut. Ja, aber dann weißt du, was ist eine, gut, AI, die Firma, die natürlich die AI zur Verfügung stellt, ist dann natürlich dort noch schiessen, ja? Genau. Ja, was ich bei AI schlimm finde, ist, wenn du auf Instagram so Videos schaust, oder was ich am geilsten, was ich liebe, sind Instagram-Profile von so blonden, hübschen deutschen Frauen, wo du so anschaust und dann siehst so, die haben innerhalb von 2 Wochen 7000 Posts aufgeladen. Boah, aber das ist insane. Und dann einfach so, und unten dran einfach immer so Text geschrieben und einfach eine Horde horny Dudes, wo dort unten so, oh mein Gott, Alexandra, das sind ja 2 schöne Argumente, die du da mitbringst. Oh mein Gott, Alexandra, das ist so lustig, du darfst gerne mal zu mir und ich denke, horny ist gerade über Nullen und Eisen. Die andere Frage ist aber, ist das ein Mensch? Genau. Das ist nochmal die andere Frage. Nein, ist auch der ein Mensch, der horny Dude? Der horny Dude wahrscheinlich auch nicht. Der in den Kommentaren. Warte, das ist die Dead Internet Theory. Jetzt musst du hören, ich habe letzte, jetzt mit der Mike und ich sind von Leo-Gang vom Biken heimgefahren, dann sind wir am Puff vorbeigefahren, dann haben wir das Puff gegoogelt und dann haben wir Google-Reviews gelesen und dann haben wir so wissen, was Schweizer Puffs so für Puffs gibt, dann haben wir gewusst, wir sind mal an einem Konzert am Freuhaus vorbeigefahren. Das ist so ein Puff von der Autobahn in Solothurn irgendwo. Okay. Und dann ist der hey Brudi, jede zweite Review ist dort gewesen. Sehr gut, Massage medizinisch von Armando Picasso. 5 Daumen rauf. Und es ist wirklich, jede dritte Review genau gleich. Und dann habe ich einfach so gedacht, hey, what the hell? Und dann haben wir das nächste Puff gegoogelt. Und dort ist plötzlich auch wieder irgendwie so 5 Daumen rauf, Armando Picasso, sehr gut, medizinisch Massage. Massage medizinisch war sehr gut, vom Besitzer Armando Picasso. Ich dachte, hey Bruder, das kann ja nicht Armando Picasso, falls du das anschaust, was ist dein Beruf? Es ist wie so, sogar der Sexismus hört nicht mal auf, wenn es nicht mal um Menschen geht. Aber es geht nicht. Aber jetzt musst du hören, es gibt im Fall auch unter den Puffbesitzer Puffbesucher Leute wie mir. Weil dann haben wir ein Forum gefunden, Alter. Holy shit, da gehst du im Fall runter. Dann hat es dort einen Dude gehabt, der nennt sich der Sexplorer. El Perversito. Und der schreibt so, wie wir würden Konzertbericht schreiben über Puffs, Alter. Das haben wir schier eins gegeben. Dann hat er wirklich so sachliche Reviews über das Puff geschrieben. Es ist da, weißt du, wie es Ambiente beim Entrance ist, wie du in der Bar bist, Fumoir und alles. Ich bin in das Catering. Wirklich Catering, ja, bis Bar und dann hast du sogar noch können auf Service. Das ist dann ein bisschen, ja, das hat er alles oberflächlich beschrieben, sehr schön. Und dann hat er aber noch Unterreviews gehabt. Für die Services, die er genutzt hat. Und dann ist einfach so, also er ist nicht irgendwie zu faire Details hineingegangen, wo irgendwie jetzt wirklich, also das ist rein... Er ist professionell, klar. Also es ist wirklich ein professionelles Review gewesen, über wie die Frau ihn bedient hat, aber es ist einfach so sexgrüselmäßig geschrieben, dass... Vielleicht hat er ja vorher einen Metal-Podcast gehabt, der überhaupt nicht gelaufen ist, Alter. Und jetzt hat er sein Säckchen gefunden. Ja, und darum ist es umso wichtiger, such doch ein Hobby.
Mm. Nein, aber weißt du, was mega er hat ein Hobby. Eben, ja, jetzt schon, aber es ist wie viele Reviews hast du gesagt? Hast du ein besseres Hobby gehabt, hättest du nicht müssen das machen, weißt du? Das ist eben dann die Yazid, die Fotografin, hat dann geschrieben so, Jungs, wie zum Fick kommen wir auf so Scheiße? Oder was machen die? Und dann wir haben alles miterlebt im Taoist-Chat. Es ist immer ziemlich straightforward gewesen. Wir sind genau so, wir sind Puff vorbeigefahren, Reviews von dem Puff gesucht, Homepage von dem Puff gesucht, herausgefunden, dass wir in der Schweiz auch Puffs haben. Dort Reviews gesucht und dann sind wir auf dieser Sexplorer-Seite gelandet. Es ist wirklich nicht so viel Umweg gewesen. Es ist ziemlich... Also, ziemlich straightforward. Der Name ist wirklich gut, ich muss ganz ehrlich sagen. Der El Perversito, der Sexplorer. Sexplorer ist echt... Aber dann haben wir uns gefragt, gibt es irgendeinen Zusammenhang, wo das Wort pervers nicht negativ konnotiert ist, oder wie man das korrekt ausspricht? Konnotieren. Ja, voll. Du machst immer Einbetonung pervers. Ja. Einbetonung pro Vers. Pervers. Ja. Ich habe gerade so lange überlegen, was du meinst. Nein, aber das mit AI im Fall, also ich muss sagen, Amex bin ich einfach am Dummschule bei Reels und plötzlich ist das Video so, what the fuck, Alter! Absolut! Und plötzlich so wie der Bruder jetzt 6 Finger, so, oh fuck you, ist ja es gibt so wilde Shit, man. Und es sieht so real aus. Habt ihr auch so einen Moment, wo ihr einfach so auf Instagram sind und das Handy wegrührt, weil ich habe es wirklich so, das ist so, ich bin auf Instagram und dann es ist Sonntagabend um 7 Uhr. Ich habe heute nichts gemacht, außer das. Und dann rühre ich es wirklich weg, weil ich mich ekel auf dem Ding. Und 2 Minuten später habe ich es wieder in der Hand. Ja, aber das ist ja so das Gift genau dem Gerät. Oder? Das ist wie. Eigentlich kannst du es vergleichen mit dem Drogen. Es ist nichts anderes. Es macht dich genau. Und dann kommt immer der Typ, dann löscht doch einfach dein Profil. Und ich so, dann habe ich noch 5 andere von meinen scheiß Bands. Eben genau. Ja, voll. Genau. Was denkt ihr über das Thema AI, Art und so Zeugs? Ja, voll. Hey. Also, ich habe eine gespaltene Meinung dadurch. Genau, das ist halt wirklich. Das ist halt wirklich schwer. Also im Fall, eben, jetzt in unserem Fall Crowdkill Report, unsere Thumbnails werden von meinem Buddy, dem ChatGPT, gemacht. Das ist ganz geil, ja. Mit dem, ich habe einfach eine klare Idee gehabt, wie ich es etwa so will. Vieles ist auch so entstanden, aber definitiv ist das Ziel, einen Artist irgendwann zu finanzieren. Also mein Ziel ist definitiv, die richtigen Leute finanzieren. Ich will nicht. Ja. Ich möchte nicht, dass genau das passiert, dass eigentlich die Arbeit weggeht, nur weil ich jetzt ich kann sparen. Sobald ich Geld machen damit, wäre das eine der ersten Sachen, die ich finanzieren würde. Es sieht auch immer geiler aus, das kommt auch dazu, es ist wirklich immer besser, also es ist wirklich immer einfacher. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe beides gemacht. Also wir haben für unser Projekt Mind Prevention haben wir sehr intensiv mit einem Designer gearbeitet, der hat unser Logo gemacht, der hat unsere Animations gemacht, der hat ganze 3D-Assets gemacht für uns, wo wir jetzt auch für das Game verwenden oder für das Musikvideo, je nachdem. Ja. Und das ist auch, also das hat ganz viele andere Vorteile. Was du mit dem ChatGPT halt nicht hast, ist eine Person, die weiss, was sie macht. Ja. ChatGPT hat keine Ahnung, was er macht. Der macht einfach mal, oder? Ja. So, aber das habe ich gedacht, so habe ich es mal abgeschaut. Vor allem, wenn du eine Referenz gibst, dann ist ja ganz klar, weiss er, auf was er muss schauen. Aber der Ronnie, jetzt schaut er an Ronnie, der hat genau gewusst, was wir wollen. Der hat unsere Musik gehört, wir haben gesagt, was der Vibe sollte sein und der hat er einfach gemacht. Oder? Und das ist halt etwas, das ist bis jetzt noch nicht replaceable. Und vor dem habe ich Angst, dass das replaced wird. Oder? Ab dem Moment, wo dich der ChatGPT besser versteht als der Mensch, dann als ein Mensch, der lange schon das gemacht hat und mit deinen Wörtern anfangen kann. Oder? Wenn ich sage, ich will ein bisschen mehr einen wärmeren Eindruck, einen wärmeren Mix, dann hat jetzt der Audio-Engineer, Mixing-Engineer A ein ganz anderes Verständnis, was du meinst mit warm, als Audio-Engineer B. Und dort, ich habe das Gefühl, das wird nie ganz möglich sein zu replacen. Ich hoffe dass es nicht ganz replacebar wird. Ja, du hast dann einfach Audio-Engineer C und das ist ChatGPT. Ja, genau. Ja, es läuft einfach auf das. Ja. Also, das ist mein Standpunkt zu AI. Also ich finde, definitiv ist es ein cooles Hilfsmittel. Ich meine, man braucht es auch als Hilfsmittel. Zuerst bin ich immer recht kritisch gewesen, was das ChatGPT anbelangt. Überleg doch einfach selber. Vor allem sieht man es auch immer, es ist immer so, also willst du etwas mit ChatGPT machen lassen? Wie der Mike, wenn er so redet. Was, wenn ich so rede? Ja. Nein, auf jeden Fall halt, und ich finde, wenn es wirklich darum geht, Sachen publizieren und es ist ich meine, hat ihr den Fall mal gehört, es hat doch irgendeiner hat ein Painting gemacht und dann haben sie das Painting of the Year durchgegeben. Nee. Und dann ist nachher rausgekommen, dass das gar nicht von ihm ist, sondern er eingezeichnet hat. Ja. Und dann ist es wie so, hey, oder das finde ich ist wie das Problem. Es ist wie,
Urheberrecht ist sonst schon eine verdammt komplizierte Sache, das muss ich glaube keinem da erzählen. Und wenn dann noch KI ins Spiel kommt, vor allem für uns Künstler, kann es auch gefährlich werden, weil eben, ich meine, jetzt eben letztes Jahr da Bullet for My Valentine ist ein Opfer von dem, ganz viele andere Hardcore-Bands sind auch Opfer von dem. Ich meine, jetzt von was genau, Entschuldigung? Ja, es hat bei... In so einer indischen Firma ist es gesehen, oder? Irgendeine Firma hat sich angefangen, in Spotify-Accounts reinhacken. Ah ja. Nein, du musst dich gar nicht, Namen du musst dich gar nicht reinhacken. Ja, oder jemand anderes, du kannst es schon claimen. Ja, der Ola England hat irgendwie so sicher gehabt mit seiner Musik oder so. Das Video habe ich auch gesehen. Es gibt aber mehr... ja, die haben das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dort hat einfach irgendeine AI-Firma quasi Musik... Oder nein, dort haben sie Musik geklaut. Copyright Strike gegen Ola England gemacht. Ja, genau. Eigene Musik. Ja. Aber sie haben 1:1 einen Song kopiert und geklaut. Das ist nicht AI. Genau. Und das andere ist die indische Firma, die unter Fremden, also wo unter einem Namen von einer Band ein komplett random Lied released. Das Problem ist ja, das ist auf dem Profil. Also auf zum Beispiel... Du kannst ja einfach sagen, du bist der Artist. Ja, das kannst du machen. Das kannst du machen, theoretisch, oder? Natürlich gibt es eine Authentifizierung, die du machen musst, alles drum dran. Zum Glück gibt es das, glaube ich, ja noch. Nein, ich glaube, theoretisch gesehen, wenn wir jetzt etwas aufladen und einfach schreiben, es ist von A Day to Remember, würde es wahrscheinlich wie A Day to Remember rauskommen am Schluss. Gut, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich glaube machen. Ja, Fairplay, aber wenn das... Also der Punkt ist ja, A Day to Remember gesagt. Yep. Die haben ja das Label, nehme ich mal an, wo ein Dude dort dran oder ein Dudin dort dran hockt und das Zeug macht. Oder? Und dort die Person wird bezahlt, um nur zu schauen, so, da, abchecken. Und wenn dann ein Song auftaucht, oder? Aber eben, er taucht auf. Was ist das? Das ist ja, er taucht auf. Wenn sie es merken in der Upcoming in Spotify for Artists, ja. Wenn sie es nicht merken, dann kommt es raus. Es explodiert initial, bekommst du ein paar Millionen Streams und nachher hast du ein paar tausend Stutz gesammelt und nachher tun sie es wegnehmen, aber du hast trotzdem die paar tausend Stutz bekommen. Das ist crazy. Ich finde einfach, es macht die ganze Sache noch ein komplizierter und ein umständlicher. Und Urheberrecht-Dings ist ein bisschen im Mittelalter, weil als ich herausgefunden habe, dass du zum Urheberrecht registrieren nicht einmal ein Audio-File urladen musst. So, das ist ein fucking Witz, Alter. Also, Urheberrecht ist, sobald du etwas geschrieben hast, gehört es dir. Ja. Aber so viel Copyright-Check online oder so, du hast kein Audio-File urgeladen, dementsprechend können sie keine Checks durchführen. Aha, das Einzige, was sie können checken, ist, wenn jemand den Namen von der Band oder vom Song erwähnt und es gleich lang ist, wie das, was du eingegeben hast. Aber sonst kannst du nicht wirklich prüfen, ob es irgendwo gelaufen ist. Stimmt. Gut, du bekommst, wenn du bei der Visa bist, bekommst du Nummern über für das. Ja, aber du hast nie ein Audio-File urgeladen. Ja, das stimmt. Aber ich habe für Eversis einen Copyright-Strike bekommen für einen Song, den ich geschrieben habe. Ja. Nein! Es war geil. Wir haben dann irgendwann einmal ist der auf einem Sampler drauf gewesen, und wir haben dort unterschrieben, das Vervielfältigungsdokument für den Sampler, oder? Und dort ist natürlich darauf gestanden, dass sie das Recht haben, den Song zu verfertigen. Und die Huren sicher haben dann aber das aufgeladen und haben dann irgendwie angemeldet, dass sie Copyrights, dass sie das Recht am Vertrieb haben von der CD, oder? Und das, irgendwie ist das online gekommen, also das ist ja dann online gegangen über die weiss ich nicht was, und dann ist natürlich dann unser Song auf YouTube gewesen. Damn. Und dann ist das raufgekommen und dann ist einfach so, ja, dort ist eine Firma, die sagt, sie hätten das Recht, um den Song vertreiben. Und ich so, ja, sie haben auch das Recht, um den Song vertreiben. Ja. Auf ihrem Sampler. Ja. Aber das Problem ist, crazy. Das ist mein der Song. Ja, voll. Ich kann den, das ist mein Ich glaube, vor 10 Jahren in der Audioschule, fucking funny, man. Ich habe gelernt, der sicherste Weg, um den Copyright Infringement dagegen kämpfen, ist, dass du die Session oder die Musik in einem CD oder so in einen File tust, per Post schickst und nachher die Post quittig hast. Sagen sie das immer noch? 2 Jahre später. Ja. Es ist im Mittelalter. Es ist scheißegal. Das Ding ist nämlich, egal was es ist, wenn das eine grosse Firma macht, genau. Haben wir absolut. Und aber das ist wie das Problem, oder? Weil schlussendlich können das grosse Firmen machen, weil wir es als Konsumer einfach benutzen wie Gang und Gäbe. Und das ist wie halt, also darum habe ich auch die Meinung dazu, es ist ein cooles Hilfsmittel, absolut. Wenn man es zu viel benutzt, laufen wir darauf ein, dass es irgendetwas ersetzt wird. Also, genau, ich habe das Gefühl, je mehr wir das selber nutzen, umso mehr rennen wir auch dann so ein bisschen in das rein. Oder? Weil es ist nicht zu umgehen, dass Menschen es für Scam werden brauchen. Egal was für eine Technologie, es wird immer auch für das Schlechte gebraucht. Ja, und eben, nur schon in der Kunst, wo wir werden alle, also nicht jetzt gerade mehr, aber halt, eben, wenn du grosse Künstler anschaust, die Hälfte von denen sind eigentlich Sklaven von irgendeiner Bank geworden. Patuschka-Story, haben die Patuschka-Story mitbekommen? Weil es kommt eben auch darauf an, in welchem Land du bist und wie Gesetzeslage sind in deinem Land. In Polen hat man echt nicht
nicht gut festgehaltene Gesetze über Urheberrecht gehabt. Und die Story von Batuschka ist schon echt krass, dass der Sänger, der angestellt worden ist für die Band, hat ein Label gehabt, über die der Original Songwriter die Songs released hat vom ersten Batuschka-Album. Dann hat der Dude an einem Konzert eine Anfrage bekommen, der Sänger, eine Anfrage bekommen von einem Metal Blade Records Dude, ob sie mal zusammen schwätzen wollen. Er ist halt zum Songwriter und Owner von dieser Band, hat gefragt, ob das okay ist, und der hat gefunden, nein. Keine Major Labels, wir sind authentisch, ich schreibe das Zeug und ich möchte so lange brauchen, wie ich will, weil sie haben all Jahr das Album wollen. Hat der Dude, weil er ja das Recht hat für die Musik, weil er ja der Distributor ist, weil das ja über sein Label läuft, hat der Motherfucker ein Album geschrieben, Hospodis, das zweite Album von Batuschka, und hat es released. Musst du dir mal vorstellen, bist der Original Songwriter, bist mit dem Dude, der gerade das Album am Producen ist, unter deinem Namen am Konzerte spielen, der Dude lügt dich an, sagt dir nichts, oder? So, und die sind vor Gericht gewesen, vor 5-6 Jahren hat der Gerichtsprozess angefangen. Sie haben jetzt endlich eine Lösung gefunden, weil sie haben müssen neue Gesetze schreiben in Polen. Für das. Weil die Gesetzeslage so schlimm ist. Und ich glaube, Batuschka hat immer etwa 3-4 Paid Slots für Openers, ihre Tours. Weil ich kenne eine Band, wo Placement hatte und die nicht billig waren. Ah, ja. Und das ist auch nicht mehr Batuschka, jetzt heisst es Patriarch. Ah, fuck, alright. Ja, also eben seit dem Jahr, glaubst du. Ich bin immer wieder schauen, was läuft jetzt da, und jetzt siehst du, Patriarch ist das neue Batuschka und das Original Batuschka heisst auch wieder Batuschka. Ja, voll. Und ich meine, jetzt im Falle von AI haben wir genau das gleiche Problem. Wir sind nicht genug schnell, um genug viel Gesetze zu machen, damit wir das können geschafft haben. Das alles entwickelt sich so extrem schnell. Also eben, wie du sagst, es ist so gut geworden, es geht sicher nicht mehr allzu mega lang, bis es nicht mehr so gut ist. Ich meine, in solchen Phasen gibt es immer wieder, wo es einmal alle berichtet, aber ich arbeite aktiv daran, dass ChatGPT dumm bleibt. Das ist gut. Nein, mein interner Konflikt ist eben für Schaffen, Mailvorlagen und Coding nutze ich ChatGPT die ganze fucking Zeit, oder? Für das ist es aber auch da. Genau. Ja, und dann ist es so wie, okay, und nachher soll ich andere sagen, sie soll jetzt nicht für Musik, Artwork oder so brauchen. So wie, ist ein bisschen hypocritical. Weil für jemanden ist seine Musik, die er braucht jetzt für sein Projekt genauso etwas, was er jetzt noch braucht, wie für dich der Text schnell, oder? Voll. Und vielleicht ist es, weil man ist als Songwriter zum Beispiel oder als Mixing Engineer oder whatever so protective, aber andere Leute, die wollen einfach Vocals machen, so wie ich lasse mal einfach Instrumental machen, fuck it, und ich mache meine Vocals drauf und ich bin happy. Oder? Mein kleiner Bruder macht so, der hat mir das genauso. Er ist 16, er hat seinen ersten Breakup gehabt. Und hat er Emo das gibt gute Musik. Nein, gar nicht, er ist voll der Hip-Hop-Dude. Aber ja genau, er hat gesagt, er hat angefangen Musik zu machen, er hat einen Kollegen mit einem Studio und der Kollege kann leider nicht mehr. Oder? Ja. Und dann habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass er halt aufhört, weil sein Kollege nicht kann. Aber er hat selber gesagt, mit 16, er will es nicht abhängig von seinem Kollegen, er will die Verantwortung selber übernehmen. Und er hat jetzt halt einfach ein AI, der für ihn die Beats macht. Weil es geht am Schluss am Ende ja um seine Verarbeitung von seinen Gefühlen, hat er gesagt. Und das ist wie so geil. Geil, oder? Das ist mega cool. Aber du hast völlig recht, wieso sollte man da ins Gatekeeper? Weil für das, was du es brauchst, gibt es auch Leute, die einen Job für das gemacht haben. Es gibt Texter. Das sind Leute, die haben sich spezialisiert auf Texte. Und jetzt bist du da und sagst, hey, schreib mir kurz einen Produktbeschreib für das Produkt. Ich mache das Foto, mach einen Produktbeschreib für das Produkt und der weiß, was das ist. Ja. Also all die Leute, die Translators sind auch wahrscheinlich durch. Dolmetscher, ja, genau so. Oder? Die haben vor allem ein bisschen Geld nebenbei noch gemacht mit Berichten, also mit Textchen, die sie umdolmetschen, nicht mit Gerichtsprozess und all dem Scheiß, oder? Wo du dann klar den fetten Cash machst. Gut, früher hast du Town Criers gehabt, die die Zeit geschaut haben, oder? Nachher sind Watches gekommen und sie sagen, fuck. Das wäre ein Job für mich, Mann. Jeden Morgen, es ist 5 Uhr morgen! Aber erst nachdem du 2 Minuten auf Instagram gescrollt hast und hinten dran einfach noch so eine... Genau, und mein Shirtless Rant gemacht hast. Shirtless Rant am Morgen. Hey Ricky, by the way, es ist mir gerade aufgefallen, wo du vom Breakup von deinem kleinen Bruder geredet hast, weil ich sage immer, gute Musik kommt immer nach einem Breakup oder sonst in einer schlechten Zeit. Brudi, was hast du letztes Jahr gehabt, was du das Album geschrieben hast? Hey. Nur Whiteout? Ja. Okay, gut. Ja. Dann ist gut. No, und das Thema ist, ich bin auch in einem Hardcore-Rabbit-Hole reingefallen. Also ich bin spät in Hardcore reingekommen. Ich bin erst mit 29 oder so zu Hardcore gekommen. Aber darf ich schnell? Wie habt ihr das so, wenn ihr Musik schreibt? Sind die kreativ, wenn es euch gut geht? Ja, einfach in anderen Formen. Ja, ich bin viel weniger, ich bin weniger motiviert kreativ. Ich bin weniger getrieben. Ich bin voll kreativ, aber weniger so, ich mache weniger. Das Ding ist so, wenn es mir gut geht oder wenn es mir schlecht geht, kommen mir einfach andere Ideen. Also, vor allem für Crackfish, da habe ich das mehr gemerkt. Crackfish-Songs haben sich absolut drastisch geändert, ab dem Moment, wo es mir nicht mehr so schlecht gegangen ist. Also nicht von der Qualität her, aber einfach halt,
Inhalt. Ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht über die Sachen, die ich sagen könnte, anstatt umgekehrt. Ja. Also ich persönlich muss sagen, es ist mega schwierig so zu beantworten mit Ja und Nein. Oder mit so ganz direkt. Ich kann jetzt darüber nachdenken und meine Antwort ist die. Ich bin dann am kreativsten, wenn ich aus etwas anderes mache. Und das ist eine Emotion, wo ich von der einen Emotion zu einer anderen mache. Oder... Das ist cool. Oder... Ja, meistens ist es halt eine Emotion, die ich muss verarbeiten und zu etwas einfacher machen will. Etwas, was schwer ist und ich einfacher machen will. Oder es ist etwas, was ich noch nicht kann, zu etwas, wo ich besser werden will. Und was mich auch motiviert, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal einen Stoner-Rock-Song, damit ich anfangen Schlagzeug üben, zum Beispiel, oder? Ja, voll, das ist meine Antwort. Das ist fair, das macht Sinn, weil ich habe letztes Jahr auch eine Demo in 1,5 Stunden rausgeprügelt, weil ich bin im Auto gehockt und dann habe ich so einen Song gehört und bin vom Gob heimgefahren und dann einfach so... Ich schreibe jetzt einen Song, wo ist wie der, aber wo nicht ist wie der. Weil ich habe jetzt genau die Idee gehabt und dann bin ich wirklich heimgefahren, das Auto so halbe Scheiße parkiert, Stegen aufgesäckelt hinter dem PC und dann einfach so, jetzt geht's. Und dann habe ich einfach wirklich so, geil. Ich habe gerade neue Synthes gekauft, so Spaß an Synthes gehabt und ich so, jetzt machen wir das und das und das und das und dann Synthi drin und ich so, nach so einer halben Stunde habe ich so das Gerüst gehabt und ich so, okay, das ist es. Und dann am anderen Tag da ich so, okay, ich müsste jetzt mal etwas machen. Ja, voll, schauen, es ist einfach so, es passiert. Du bist also auch du hast in dem Fall auch eine ausprägte auditive Imagination, dass du effektiv etwas hörst und dann kannst du behalten. Das ist auch ein Punkt, nein, oder? Du kannst behalten kann ich nicht. Ich bin froh gewesen, dass der Coop gerade am Haus ist. Ich bin in dem Auto reingeguckt, ich habe das einfach vor mir her. So. Ja, aber du kannst es immerhin für die Strecke. Immerhin. Im Auto jetzt, meine Frage ist eben, wie ist es jetzt... Mit was für Leuten funktionierst jetzt du als eine Person, die starke auditive Imagination hat? Wie funktionierst du am besten mit anderen Musikern? Weil ich habe gemerkt, sich gut verstehen mit Leuten ist noch nicht alles. Oder es können Leute sein, die ich komplett respekte, es können Leute sein, die ich liebe über alles, aber ich kann nicht zusammen Musik machen, weil wir komplett anders funktionieren, weil eine Person muss da, weißt du, so, ja voll, ich muss es spüren und zählen und aufschreiben und das und so, oder? Dann gibt es Leute, die sind voll theoretisch, die müssen alles auf dem Blatt haben, die arbeiten nur, wenn sie es auf dem Blatt vor sich haben, sonst verstehen sie es gar nicht. Und dann gibt es eben Leute, die sind dann komplett nur aufs Gehör jetzt trainiert. Wie ist es für dich? Wie beobachtest du das? Boah, das ist eine gute Frage, weil... Oder für euch? Also ich bin ein intuitiver Caveman. Ein intuitiver Caveman? Absolut. Also ich geil. Die besten Songs... Bruder, ich glaube, ich könnte mit dir keine Songs schreiben. Nein. Und ich muss auch alles selber machen. Ja. Ich habe nur so gefunden, ich habe jahrelang mit anderen Bands gespielt und so. Und... Ich muss einfach das kann ich eben gar Full nicht. Control haben, weil sonst du gehst Kompromiss ein und nachher was könnte eben den Song auch besser machen, aber innerlich so wie deine authentische Self und authentische Reflexion von was du hast wollen machen, ist nicht da. Also dementsprechend Taoist ist eine Diktatur. Aber das ist völlig okay. In dem Zusammenhang bin ich voll. Ich finde das völlig in Ordnung, weil eben, ich bin in dieser Band zum Gitarre spielen live für den Ricky. Für jeden Musiker und für jede Musikerin definitiv verständlich. Außer für Zuschauer. Das wird von Zuschauern nur von Zuschauern verurteilt. Dass man sich so verhalten und das Autoritäre und eigentlich sind ja alle auf dem gleichen. Weißt du, eine Familie, so stellst du es dir vor. So schlimm ist der Ricky nicht. Also der Mike und ich haben wesentliche kreative Freiheiten damals. Wir spielen damals Gitarre-Parts nicht einmal vielleicht so, wie es müssen sein. Ich bin auch ein Fan davon, dass nicht immer gleich wie auf der Scheibe tönt. Da müssen wir live machen, was wir wollen, eine neue Party bauen, whatever, dort länger machen, dort kürzer etc., weil es einfach Spaß haben und es muss nicht eins zu eins. Es hilft dir auch, dass du deinen Song noch kannst hören. Genau, definitiv. Ja. Aber Und ich habe es vom Anfang an das vom Projekt so kommuniziert. Also da ist so wie gesagt, hey, ist zum Live-Spiel und so, ich mache die ganze Musik und so und blablabla. Und es muss klar definiert werden, weil sonst, wenn du eine Demokratie machst und nachher zum autoritären System wechselst, das endet wahrscheinlich nicht gut. Ja, ich bringe da immer wieder die Analogie zum Sexdate. Es ist wie so, klar, okay. Du lachst jetzt, aber sobald dir der Jonah die Theorie mit Sex und Musik erklärt, glauben wir's? Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich jetzt schon mit ihm eins bin. Erzähl mich nachher mit meinen Songwriting-Sachen. Ich mache sehr oft Metaphern, Sex und Musik, halt, weil es wirklich ähnlich ist. Dann ist man voll committed. Jeder oder? Song ist ein Liebessong. Eine Band gründen oder sagen wir, ein Projekt gründen ist wie eine Orgie organisieren.
alle Leute sind voll horny und alle Leute sind voll dabei und so, oh ja, voll, das ist voll geil, wow, voll cool, dass du das machst und so, oder? Eigentlich wollen es alle, aber dann bist du dort und alle sind so, halt dann so, dann doch nicht so, oder? Und bis man sich dann mal ausgezogen hat, oder? Und das ist in der Musik halt dann auch, oder? Das zueinander finden und sich getrauen, nur schon anzuschauen. Schau deine Bandmembers an, das ist wie so, ja, willst du eine Orgie machen und getraust dich nicht ausziehen von anderen Menschen, dann oder amigs hast du zu viele Löffel in der Suppe. Das kann auch passieren. Oder du hast einfach zu viele Löffel in der Suppe. Ja. Und nachher ist einer am Fitten, der andere ist etwas anderes am Machen und dann ist einfach too much. Ja. Wo sind wir eigentlich jetzt? Das sind Life-Lessons da. Ja, das sind Life-Lessons. Einer ist Eier am Kicken. Ja, absolut. Also ja, einer ist am Crackfist. Zum Beispiel, der eine am Crackfist. Ich und Jona zum Beispiel. Taoist passt ja eigentlich vom Namen, oder? Ja, Taoist Crackfist, wir mit dem zusammen spielen. Ja, Taoist Crackfist ist eigentlich, ja. Das ist eine Sexpraxis. Wir brauchen noch eine dritte Ist-Band und dann haben wir es. Ja. Nein, ich meine, also zum Beispiel Jona und ich haben ganz viele lustige Erfahrungen gemacht, weil Jona und ich arbeiten jetzt schon sehr lange miteinander zusammen. Wir haben immer in Bands zusammen gearbeitet und dann haben wir immer gemerkt, sobald eine Band zu Bruch geht, entsteht irgendetwas lustigerweise in unserer Zeit, wo wir zu zweit verbringen, immer etwas Neues. Und es ist meistens hat sich das recht erwiesen als etwas Cooles, dass sobald etwas zu Ende geht. Ja, meistens sogar besser. Ja, voll. Gefühlt für uns besser als das, was wir vorher kannten, oder? Ja, voll. Es fühlt sich wie ein Progress an. Ja, das ist gut Zeichen. Das ist gut. Ja, das ist bei Eversis auch irgendwie so. Also jetzt, wir haben zwar eigentlich immer etwa die gleichen Mitglieder, aber jedes Mal, wenn ein neues Mitglied kommt, hat sich also wenn jemand gegangen, weil unser Bassist ist gegangen und der Gitarrist ist gegangen, also wir sind ja mal 2 Gitarristen gewesen. Okay. Und dann ist das so quasi, jedes Mal, irgendwann ist der Gitarrist gegangen und wir sagen, was machen wir jetzt? Dann haben wir einen Gitarrist organisieren. Nein, 5 Leute. Scheiße. Organisieren? Dann haben wir einfach gesagt, also sorry, ich bin jetzt wenig gut, dass ich Lieder schreiben kann, wo wir 2 Gitarren brauchen, von dem her, wieso? Ja, 2 Gitarren. Ja. Dann haben wir gesagt, nein, dann ist der Bassist gegangen, dann haben wir einen neuen Bassist gehabt, dann haben wir eben den Timo bekommen, der Technik kann, dann haben wir das in und dann ist dort alles nochmal neu gewesen und dann haben wir dort, dann sind wir zum Ricky aufnehmen und dann haben wir dort nochmal etwas Neues gemacht und jetzt, ich glaube, jedes Mal, dann ist der Domi ein halbes Jahr in die Ferien, dann habe ich so das Gefühl, fuck, ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich jetzt aber in diesem halben Jahr mir Synthes beigebracht und dann ist irgendwie, es ist immer wieder etwas gestorben, aber es ist etwas Neues dazugekommen. Oder etwas und du kommst immer mehr an Leute an, die schlussendlich ja das Gleiche wollen wie du. Es sind vor allem, wir sind immer die gleichen 4, wir sind eigentlich seit 2019 immer die gleichen 4 Leute. Und es funktioniert brutal gut. Auch wenn ich das Gefühl habe, wie zum Teufel hat die Band sich noch nicht aufgelöst. Wie zum Fick sind wir immer noch da. Ja, das ist aber schon. Irgendwie läuft es. Und ich habe eben das Gefühl, wenn Songs schreiben, ist bei mir so, Amix habe ich wirklich gewisse Sachen, da bin ich jetzt die letzten paar, ich bin hure schlecht im Songs schreiben. Ich habe immer Ideen. Ich habe gute Ideen. Sehr gute Ideen. Sage ich jetzt so selbst eingebildet, wenn ich bin. Aber aus diesen Ideen kommen halt Amix auch Songs raus und darum sind es gute Ideen. Wenn es nicht würde, das wäre eine schlechte Idee. Und dann brauche ich immer einen, der mir irgendwie so hilft. Und dann ist das meistens so, dass ich mal einem Ricky schreibe und so, hey, hast du eine Idee? Und er als jemand, der ja so ein bisschen selber schafft und ganz klar weiss, wo er genau, und das Gute ist, von meiner Band bekomme ich nie Feedback und dann komme ich vom Ricky etwas über und dann mache ich meistens nicht das, was der Ricky schreibt, aber es hat genug geholfen, dass es irgendetwas anderes triggert hat. Und dann sage ich irgendwann mal dem Domi, aus dem Drummer, so Brudi, jetzt müssen wir im Bandraum, weil jetzt musst du mal die Songs anschauen, ja, genau. das, wenn ich so das Grundgerüst habe. Jetzt musst du mal die Songs anschauen. Also bei euch entstehen in dem Fall die Songs jetzt auch im Studio? Also ja, sagen wir in der Box, blöd gesagt, oder? Und nicht im Bandraum als Band. Doch. Schon. Also ich habe schon beides erlebt auch, ja. Also ich mache wirklich, also bei uns ist jetzt, bei Eversis ist jetzt wirklich so, wir gehen dann, ich mache einfach eine Idee. Ja, okay. Und dann gehen wir mit dieser Idee in den Bandraum und dort sagt mir dann der Domi, ja Bruder, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Gut, und früher hätte ich dort, bei gewissen Leuten hätte ich dann auch Mühe, das akzeptieren, aber wenn der Domi sagt, das ist scheiße, dann denke ich, gut, komm, sag mal, was du meinst. Ja, und dann ist so, ja, machen wir jetzt bei dem Chorus mal halb so viele Chord-Changes und dann das und das und dann spielen wir das wirklich im Bandraum das zweite dann durch, wenn er eine Idee hat und dann spielen wir Schlagzeug und Gitarre zusammen und dann nehmen wir das so auf. Und dann holen wir irgendwann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es einigermaßen in Ordnung, holen wir den Team oder so. Was wir gemerkt haben, ist, wenn wir das dritte und das vierte im Bandraum sitzen, dann passiert nichts. Ja, voll, genau. Weil dann hat immer einer das Gefühl, toll, der andere macht es. Also es gibt so die goldenen Kombis, oder, die einfach so untereinander funktionieren, aber so alle zusammen in einem Raum mit dem Fokus und Songs schreiben, und dann sind wir, fast unmöglich. Dann sind wir das zweite dort und
dann, eben, letztes haben wir gesagt, wir haben einen Song gemacht, der ist so ein bisschen wie One Step Closer oder wie heisst der vom neuen Album von Linkin Park, wo ist One Step Two-Faced, was so ein bisschen in dem Style ist. Bootleg von One Step Closer. Genau, also die Demo-Version von dem Song heisst Two Steps. Ich bin mir ziemlich sicher, der Song wird auch so heißen am Schluss. Ja! Weil ich bin relativ schlecht drin, unsere Demo-Titel nicht in den Song integrieren. Weil wenn ich einen Demo-Titel habe ich irgendwie immer so eine faint Idee von einem Text. Ja. Darum eben... Also kommt zuerst der Titel und dann der Text? Kommt drauf an. Das kommt drauf an. Für mich an. kommt der Titel immer nach dem Text meistens. Nein, bei mir ist es meistens... Das ist das Konzept. Ich schreibe meistens so irgendeine scheiß Idee und dann, wenn ich die scheiß Idee habe, habe ich schon irgendetwas... Wenn ich dann den Titel von dieser Demo nehme, rühre ich meistens irgendetwas an, wo ich das Gefühl habe, könnte ich etwas mit dem Song damit assoziieren. Und dann ändert sich das meistens nicht. Ja. Eben, weil jetzt die Demo, die Two Steps heisst, das ist im Song jetzt eigentlich... Ist das ein Main Part vom Song, dass irgendetwas um 2 Schritte geht, um irgendwelche Two-Steps geht. Nein, HC Kiddies leider nicht der. Leider nicht. Nicht die Two-Steps, das sind traurige Two-Steps. Aber sie haben schon einen Song, wo kannst oder? Das schon. Ein Song hast du mir gezeigt, der sind wir so gewesen, also ich finde Hardcore. Linkin Park hat auf dem neuesten Album einen guten Song, das ist Casualty und das ist genau der wahrscheinlich, gell? Also der Rest. Okay, wir können das Single machen und ich wäre im Fall absolut zufrieden. Das ist geil. Also ich finde Linkin Park und die ganze Story könnte eigentlich ein Thema für den Crowdkill Report selber werden, weil ich habe ein mega interessantes Video gesehen über sie und einen Gast haben. Ihren Background. Weil mir ist das alles scheißegal, ich bin einfach happy, Linkin Park ist zurück. Ja, wirklich? Ja. Wirklich? Ich find's geil. Bist du satisfied mit dem, wo es zurück ist? Ich finde es im Fall rein, es ist jetzt eine steile These von mir, aber rein Songs auf dem Album zu Banger Ratio ist das beste Album. Ich kann mit dem Mike haben wir das nicht glauben. Das ist das Argument. Aber Songs, wenn jetzt Meteora oder Hybrid Theory anschaust, dann hat es, glaube ich, wie viele Songs sind wir gekommen? Ich glaube, bei Hybrid Theory sind wir auf 6 Bangers gekommen, wo ich wirklich muss sagen, das sind jetzt Bangers und 12 Songs. Beim Neuen sind es 10 Songs und 7 Bangers. Also, was Linkin Park mit dem neuen Album definitiv geschafft hat, ist, auch wenn du kein Metal hörst, auch wenn du kein Rock hörst, du findest es immer noch geil. Linkin Park eben schon immer gewesen. Das stimmt. Ja, aber das Ding ist eben, ich habe wirklich das Gefühl, das Album ist so, es hat wieder der Linkin, wenn es halt irgendwelchen Leuten nicht gefällt, wegen Gründen. Es ist eine Gateway-Band. Es hat wieder den Vibe, das hat wieder den Linkin Park-Vibe gehabt, den die letzten Alben vielleicht verloren haben. Gut, das stimmt. Sie, finde ich, je mehr ich über sie herausfinde, finde ich, ist sie ein mega starker Kandidat für die Band, wenn es vor allem auch ums Thema, das die Band am meisten anspricht, Mental Health. Ist sie eben doch eine recht interessante Person, weil sie hat bekanntlich ja mit Scientology zu tun gehabt und ihre Mutter vor allem. Ist sie aufgewachsen, oder? Sie ist aufgewachsen. Scientology ist so crazy. Und wenn du ihr mal genau zuhörst und wenn du ihr wirklich, wenn du ein bisschen lesest, merkst du, dass sie sich komplett lösen will, oder? Und dass dort ganz, ganz viel dahinter steckt, hinter dem, was sie dort auch singt. Und als ich es aus dieser Perspektive angeschaut habe, habe ich es auf einmal recht krass gefunden. Ich frage mich eben, ob der Mike Shinoda Text schreibt oder sie. Sie scheinbar. Und also beide zusammen. Aber sie hat scheinbar sehr viel Freiheit und sie hat wirklich sehr viel selber geschrieben. Das ist geil. Ich finde vor allem eben die Leute, die rumschreien, fragen, wir sollen es nicht mehr Linkin Park nennen. So, Brütchen, es tut mir leid, aber jetzt... Ich bin Chester Bennington-Fan wie Sau. Weißt du wie? Aber hört auf, den Mensch als Gott darstellen. Auch der hat mal einen schlechten Ton gesungen. Ja, absolut. Ich habe mal ein Interview gesehen oder so, wo der Shinoda mal gefragt wurde, wegen... Er ist der King. Wo sie neues Einnahmen so sind. Es gibt einen Bruder in Brasilien, der genau gleich aussieht wie der Chester und genau gleich tönt. Ja, aber es ist von Anfang an Vertrag, der festgelegt, es wird eine Frau sein, wenn der Chester nicht mehr da ist. Ist es? Das ist effektiv, also das ist auch der grosse Grund, wieso jetzt eine Frau da ist. Das ist von Anfang an festgelegt, wenn der Chester nicht mehr da ist. Das macht Sinn, ja, absolut. Wird es eine Frau sein. Okay. Es macht Sinn, weil wenn es mit einem Mann, hättest du genau das Problem, ja, aber es ist nicht der Chester. Ja, also ich habe das Gefühl, es ist schon genug schwierig, einen Menschen zu finden, der an das ankommt, was der Chester macht. Und dann noch effektiv einen Mann finden, der das kann, was der Chester kann, ist, glaube ich, nochmal schwierig. Der Chester hat nicht nur etwas gemacht, sondern er hat etwas verkörpert. Absolut. Du könntest stimmlich, also rein, was der Chester Bennington mit seiner Stimme gemacht hat, bin ich mir 100% sicher, wirst du Leute finden, die das genug Vocal-Covers, wo sogar besser tönen. Genau, deswegen hat Max schon gesagt,
wegen dem Cosplayer, wo Chester Cosplay macht. Er ist einfach creepy, Alter. So, das ist fair, creepy, das ist schon creepy. Ja, das ist schon. Stimmt, das ist wie wenn deine neue Freundin aussieht wie deine Ex-Freundin. Dein toter Kollege und dann kommt der fucking Dude, der genau gleich aussieht und tönt und so, ja, fuck. Ja, nein, mit den gleichen Tattoos, Alter. Aber ja. Fuck me. Ja, stimmt, das ist das Gleiche, wenn deine neue aussieht wie deine alte Freundin, wenn du aus Versehen den falschen Namen sagst. So, holy shit. Ups. Ja, das ist crazy. Nein, aber sonst zurück zum Songwriting-Thema, ich kann kurz sagen, weil das war nicht immer so gewesen, dass ich so selber alles gemacht habe, weil ich habe viel gelernt, auch in einer Band zusammen, spielen und lernen. Und ich merke auch, dadurch pushst du dich auch gegenseitig in der Band intern oder weiter. Und das ist etwas, was ich halt jetzt halt weniger habe. Ja, dadurch, dass ich jetzt selber alles mache, stagniere ich sicher ein bisschen. Darum sollst du Comeback Kid hören. Und deswegen will ich sicher noch andere Projekte machen wie andere Leute und so, einfach zum Austausch haben. Aber du lernst mega viel in dem und musst einfach alle Options ausprobieren und so. Und was ich cool finde, wie lang hast du ohne zweiten Gitarrist gespielt bei Versus? Wie meinst du, seit 2017? Alright. Ja. Weil das Coole ist, jetzt hat der Bella halt einen komplett anderen Stil müssen lernen für Taoist, oder? Und jetzt sehe ich, oder ich höre, wie das jetzt bei Evertus reinfließt und einfach so doppelt also ich habe das erste Mal in meinem Leben müssen Metal spielen, Alter. Das ist so dumm gewesen. Ich bin der gekommen, ich habe wirklich so gedacht, Alter, was macht ihr? Habt ihr eigentlich alle den Arsch offen? Spinnen ihr? Was ist mit euch? Ja, wer erfindet so etwas? Wieso muss man das? Wie kommt man auf die Idee? Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Seit er dissonante Chords gefunden hat. Eben, das ist zum Punkt zurückgekommen. Wir haben den Linkin Park-esque Song geschrieben und dann haben wir so am Tag vorher, das war ein Tag, nachdem wir in Piccadilly gespielt haben. Und dort in Piccadilly haben wir eben das Gefühl gehabt, ja, vielleicht sollten wir, weil wir haben immer wir spielen damals mit Save Last Breath und wir spielen mit harten Bands und ich habe dann immer das Gefühl, wir sind so ein bisschen wie zu wenig hart. Ja, dann die zu soft immer. Dass die Leute uns wirklich geil finden. Oder dann haben wir dann gesagt, ja, komm, wir können dann mal ein bisschen musikalischere Songs schreiben. Weil wir haben ja mit dem dann ein bisschen musikalisches Zeug schon gemacht. Das hat ein bisschen mehr Synthes drin. Und es ist wirklich, ich finde es, glaube ich, die besten Songs, die ich je geschrieben habe. Ja, du vor allem haben einen Bass-Sound, den man auch hört. Ja. Wirklich. Also musikalisch, wirklich Shoutout an den Bassisten, man hat wirklich einen guten Sound. Ich habe euch gemischt, von dieser Show haben ihr am besten getönt, einfach wegen dem Bass, ganz einfach. Yeah. Ja, das ist uns wichtig. Wir haben immer das Gefühl, wir brauchen den Bass. Und euer Drummer. Der Tommy ist Fischer. Der weiss einfach auch dynamisch spielen. Lass mich raten, Jazz-Drummer. Ja, er hat mal Jazz gemacht. Er weiss einfach dynamisch spielen. Das ist wirklich geil. Das war ein Du gewesen, der hat im Fall können auf die Crashes hauen und ich habe keine Scheibe gebraucht und wir sind nicht über 100 dB. Mal schauen, ob das der je kann. Nein. Ich glaube auch nicht. Aber und dann haben wir gesagt, wir müssen mehr musikalische Songs schreiben und dann haben wir eine Demo gehabt, wo ich mal im Ricky geschrieben habe. Also dann haben wir gemerkt, ja, der Chorus ist einfach kacke. Ja. Es ist so richtig aggressives Intro und Strophen, wirklich einfach so ein Synthi, der auf dem einen Ton einfach aushaltet und irgendwelches Zeug im Hintergrund, wo wir auch 3 schreien werden. Und dann haben wir so einen Chorus gehabt und dann der Domi der guckt so, der Chorus ist scheiße, Alter. Der Chorus ist kacke. Was machen wir? Brauchen wir einen Chorus? Nein. Machen wir einfach das Intro-Riff zwischen ihnen und sagen einfach, wir haben jetzt kurz Pause gehabt vom Geschrei und schreien nachher wieder weiter. Ja, ist gut. Okay, zweite Strophe. Was machen wir dann? Den Breakdown finde ich eigentlich sick, aber der Aufbau ist scheiße. Was machen wir? Ja, Aufbau weg, einfach direkt im Breakdown rein. Was machen wir? Ja, komm, wir können den Breakdown nochmal langsamer spielen und weniger anschlagen und dann spielen wir das so und dann machen wir es noch langsamer und dann hören wir auf. Und jetzt haben wir gesagt, wir sollten mehr musikalische Songs machen, haben einen absoluten Banger geschrieben, einfach krass. Blöd reintatscht, aber auf die Idee wären wir nie gekommen, wenn wir nicht aber das ist in dem Fall notwendig, oder? Dass du so jemanden hast, wie der Tommy, der so dominant auch ist, um dann auch zu sagen, fuck that, wir machen jetzt so, let's play it. Weil das ist das, was ich auch immer wieder beobachte, ist wie so das ewige drüber schnurren. Jeder hört auch etwas anderes. Aber das habe ich lernen. Spiel nicht den Teil 2-mal, der eine hört 4-mal und denkt, nein, das ist zu lang. Spiel's einfach mal und dann hörst du es. Und dann merkst du, was das für einen Impact auch für dich hat. Das ist das, was ich mich immer darüber aufgeregt habe beim Taoist Songs lernen. Weil die scheiß Metalcore-Bands können ja nicht einfach mal eine Strophe sein lassen. Nein, beim zweiten Mal ist die gleiche Strophe wie die erste, aber die erste Strophe hat schon 4 Wiederholungen. Jede Wiederholung ist irgendetwas anderes, aber nicht so, dass du merken kannst, weil die Abfolge immer ein bisschen anders ist. Und nachher machst du die zweite Strophe. Dort ist aber die zweite Strophe ist 2-mal der erste Teil von der ersten Strophe, der ersten Wiederholung. Das heisst, du hast die 2-mal, dann denkst du, oh cool, jetzt kommt der zweite. Nein, kommt er nicht. Dann kommt einmal der dritte und dann kommt der
4. und dann der 3., damit es einfach nochmal gespiegelt ist wie vorher. Dass du einfach Kopfendammi nicht kannst irgendwie... Der hockt nur da und schmunzelt in sich hin und denkt so... Ich muss es nicht mehr spielen. Deswegen bin ich allein hier an meinem PC am Arbeiten. Und die Diskussionen habe ich einfach höchstens mit mir selber oder mit ChatGPT oder weiß auch nicht mehr. Oder mit irgendeinem random Mensch in den YouTube-Kommentaren. Und das Ding ist eben... Er muss es ja nicht mehr spielen. Ja, eben. Er hat das sie kommt aufgenommen. auch noch. Ist für ihn fertig. Stimmt. Scheißegal, also, es ist eben so, ich mag jetzt HC schreiben, aber ich kann nicht die 8 Jahre Erfahrung im Metalcore-Band einfach wegnehmen und dann musst du dir so Intricacies rein tun. Einfach, hey, ich muss ganz ehrlich sagen, Taoist hat mich an so viele Sachen erinnert, wo ich halt gemischt habe. Creed. Es hat mich auch ein bisschen, aber nicht nur an so vieles hat es mich erinnert, wirklich. Ja. Und es ist so eine gute Mischung, weil ich muss sagen, das ist etwas, was ich gesehen habe, ist am passieren. Was ist der Hardcore auch gewesen? Ich habe es in der 2. Episode auch mal ein bisschen angesprochen. Es ist immer auch sehr abhängig von wo, gell? Welche Region und wo auf der Welt bist du gewesen. Aber der Hardcore ist basically irgendwann ist einfach eine Anti-Bewegung gewesen, gegen die Punk-Bewegung und gegen die Metal-Bewegung. Eben, es ist zu Punk für die Metalers und zu Metal für die Punks. Und es ist eine Mischform, oder? Crossover, der New Metal ist auch so ein bisschen, oder? Es sind Crossover-Sachen. Und wir sind wieder in einer Zeit, wo ich gesehen habe, der Crossover wird extrem appreciated von den Leuten, oder? Ja. Also, und es ist aber nicht mal der plumpe Crossover. Also für mich ist jetzt Sleep Token zum Beispiel ein sehr plumper Crossover. Aber du siehst eben, es wird sehr belohnt, oder? Und die Leute haben das mega gerne gesehen. Wow, shit, es kommt ich gebe dir ein paar Beispiele von Local Hardcore-Scene. Wow. Letzte Dagger Threat Single. Blast Beats. Black and Hardcore. Die letzte Minus Youth Single. Post-Grunge. Wie Sau. Yes. Und ich sehe es mehr und mehr wie so... Genau. Deutsche HC-Szene ist... Also Schweiz ist schon crazy, aber Deutschland ist fucking insane. Backstabbed hast du erwähnt letztes Mal. Die habe ich auch gefunden. Und ich mache eben auch so melodische Shit. Die Vine Sentence... Stimmt. Single ist auch eben, das ist auch so Black and Black and Hardcore oder so. Eben, genau. Einfach so die Mischung von... So von dem... Eben so dem Blast... Death Metal Feeling, dem Hardcore Two-Step Beatdown Feeling und dem Emo Post Hardcore fast und so diese Sachen sind momentan extrem am Boomen und die Leute feiern es, weil man sieht die Leute auf einmal, die sind selber überrascht so. Zuerst sind so, das ist eine Death Metal Band, zu viele Blastbeats und dann auf einmal kommt der Two-Step und alle Leute sind so völlig überrascht, oder? Ja. Und das ist wie krass, dass man die Musik immer noch nicht auserfunden hat. Nein, das ist so. Gott sei Dank, gut Eben, für uns. Ich habe mit dem Lucky von Kate Effect haben wir ihn letztes Jahr am Harakiri for the Sky Konzert gesehen. Das ist auch so etwas, was einfach saugeil ist. Die sind sehr Es ist einfach eine grosse Inspiration vom Nathaniel von Crackfist. Absolut. Ja. Es ist eigentlich Black Metal, aber es ist nicht Black Metal, es ist so Hardcore. Und darum, ich finde es verdammt geil, wenn Bands einfach so plötzlich so, das machen aber jetzt auch so ein paar so Local Metalcore Bands. Mega Fan von Fever Dreams. Einfach mal so brrrz rein. Fever Dreams entdeckt und das. Die haben wir eben auch gesehen. Und einfach super. Machen genau super. das. Blastbeats und eben der Heavy und der Hard. Aber es ist ich habe mir schön. überlegt, Heavy Death wäre doch ein neuer Begriff. Irgendwie, wo das beschreiben kann. Ja. Heavy Death. Weil es ist nicht Death Metal, aber es ist auch nicht Heavy Metal so. Heavy Death. Habe ich mir überlegt, vielleicht. Wäre etwas. Oder? Ja. Also ich finde zum Beispiel Suffocation ist ein extremes Beispiel, weil Suffocation ist eigentlich basically Death Metal Band. Ja, Technical Death Metal. Das muss ich doch sagen, ich habe es fucking funny gefunden bei der 2. Folge von Cracker Report. Wie für jede Sound-Eigenschaft, die wir besprochen haben, hast du immer Dying Fetus als Beispiel gebracht. So wie Groove, Dying Fetus. Dying Fetus, das ist crazy. Dying Fetus ist für mich wirklich einfach nur so, that's how I still appreciate it. Ich habe ein Interview von ihnen geschaut im Garza Podcast und ich habe einfach gefunden, jetzt liebe ich sie nur noch mehr. Die Dudes stehen auf Authentizität, wir tun nichts aufnehmen, wo wir nicht auch live spielen können. Es wird alles analog aufgenommen. Das ist wichtig, das macht viel zu viel Bands heutzutage. Backing-Tracks und alles. Ja, aber jetzt ist Frage. Wenn ich jetzt so einen Synthi habe, den ich spiele, ich habe leider halt nicht 4 Hände. Du musst den Pimmel einsetzen, Kollege. Wenn es einfach nur eine unterstützende Massnahme ist, darf ich den vom Band laufen lassen oder nicht? Ist das noch cool oder nicht? Die Frage ist eigentlich ziemlich schnell zu beantworten. Willst du dir Pain gönnen, alle die 4 Knöpfe musst drücken, zum einen Knopf mappen, damit du einfach Bam machen und alle 4 spielst ab?
Die Frage ist, willst du dir das Problem ist, ich kann wie nicht das Instrument noch auf die Bühne nehmen und gleich, weißt du, das ist der Scheiß. Du kannst ein Arpeggio machen. Das Problem ist eben, der Pain ist... Du machst einen Penny-Sock und du hast einfach den Pimmel dafür brauchen. Nein, das Problem ist eben, der Pain ist ein ganz anderer. Ich verstehe den Pain gar nicht. Der Pain ist ein ganz anderer. Es wäre ein 50 Bandmitglied und das wäre einfach wirklich unnötig. Ja, voll. Ein 50 Bandmitglied ist wirklich sehr unnötig. Das stimmt. Nein, aber vor allem, wenn du ein INI-Rack hast, wo du sowieso schon Circles schickst. Ihr müsst mal einen DJ holen mit Turntables und fucking MIDI-Keyboard. Nein, also wir können wirklich aus Erfahrung sagen, wir machen beides, oder? Ja. Bei einem Projekt machen wir, also eben, die einen Projekte sind komplett authentisch und es ist der purste es muss voll organisch sein. Und dann gibt es Projekte wie Mind Prevention, wo wir das Zweite sind, oder? Und dann mühen wir. Und wir machen alles. Die Idee ist ja auch, dass die Maschine Teil von der Story wird und alles. Und dann haben wir Raw Reflections mit Backing Tracks. Aber du hast das selber gespielt. Du hast den Backing Track, du hast den Backing Track selber gespielt. Wenn du den Backing Track selber spielst. So, und einfach so, wenn du den Synthi ja selber gespielt hast, dann darfst du doch vom Band laufen, aber du hast nicht gespielt. Dürfen sowieso. Eben. Ja, also du kannst aufhören und nachher laufen und kannst nicht dürfen. Es ist mehr halt eben, willst du den Aufwand, oder? Willst du den technischen Aufwand, wenn es dann nicht geht und all das. Es ist halt dann schon geiler, kannst du einfach durchblästen, oder? Jetzt im Fall von Dying Fetus, sie sind auch einfach so... Absolut. Sie haben einfach gerne Musik, sie haben so viel Musik gemacht, der Songwriter schreibt 1000 Lieder und je nachdem, was für ein Set, wo sie spielen, machen sie eine neue Setlist. Hey, wir spielen jetzt mit Knocked Loose auf der Tour, das ist für die Hardcore-Kiddies, spielen wir nur unsere Songs, wo Hardcore sind und wenig Blastbeats haben. Bam, und sie können das machen, oder weil sie so ein Repertoire haben. Ja. Und sie können es auch einfach spielen, weil sie nicht den riesigen technischen Aufwand hinten dran haben. Sie können einfach spielen, weil sie kennen die Lieder. Voll. Das ist halt crazy. Ja, es hat halt beide seine Vor- und Nachteile, oder? Und darum habe ich gerade gesagt, oder entweder gehst du den oder gehst du den, weil wir haben eben, wie bei Mind Prevention, ich weiss nicht, ob das Projekt bekannt ist oder das groß, ja. Ich meine, dort haben wir die Frage uns konstant gestellt, oder? Weil wir haben, wenn wir noch einen Drummer, wenn wir keinen. Wenn wir noch einen Drummer, soll ich noch etwas machen? Tust du noch etwas machen? Nein, Jungs, die grosse Frage ist, wann bringen die Raw Reflections live, Kollege? Im Oktober? Nein. Schon? Oder September? Das Jahr? Oh Gott. So schnell? 13. September. Ja, bringen wir mehr Songs raus, das ist geil. Songs kommen. Songs kommen, sind wir jetzt aktuell dran. Wir sind aktuell dran, also wir sind, die Band gibt es jetzt, es hat aber lange keine Band gegeben. Ja, voll. Es war lange ich und der Sean und dann habe ich den Jonas ins Boot geholt. Wer ist alles dabei? Ich bin dabei, also ich mache Sänger. Und, also ja, du machst Sänger? Gesang, genau, ich mache Sänger. Du machst Sänger? Die Jonas ist Bass, auch noch ein bisschen Gesang. Und auch ein Backing-Gesang, genau. Und dann der Sean, der ist auch Gitarre und Gesang. Und dann haben wir... Wo spielt der Sean sonst? Hey, ich habe nie nicht. Ja. Ich habe mit dem Sean mal vor 8 Jahren mal das Projekt gehabt, da bin ich nachher rausgeschmissen worden. Damn. Und ich habe mit dem Sean nie den Kontakt verloren, weil es immer so war, irgendwann haben wir Leute und irgendwann können wir unsere Songs machen. Er ist so ein Home-Producer-Songwriter, wie du. Wie? Forged. Wir haben nie live gespielt. Alright. Wir sind wirklich nicht so gut. Ja, so ein Home-Studio-Bruder. Ja. Ja, genau, er ist so ein Home-Studio-Bruder. Er ist so ein Home-Studio-Bruder. So, und möchte jetzt halt mal endlich mal... Und ich und der Sean sind die letzten 3 Jahre immer wieder zusammengeguckt und gefunden, Alter, beschreibt Songs. Das ist auch der, den wir rausgebracht haben. Ich glaube, das ist irgendwie fast 3 Jahre. Das war so herzig. Mick hat sich so nicht getraut, mich zu fragen, ob ich echt... Weil der Sean hat ihn gefragt, die sind vorbeigekommen, Vocals aufnehmen bei uns für den Song, den wir rausgebracht haben. No God Can Help Us. Der Chorus ist insane. Ja, der Sean hat der Sean das erste Mal von einem Mic gesungen. Ja. Also, das ist crazy, Shoutout. Er hat sich nicht getraut, mich zu fragen, ob ich Bass spiele. Und der Sean ist so frag doch die Jungen, wir brauchen noch einen Bassist unbedingt und so, weil ich habe erst gerade bei Turncodes und bei Crackfist den Stecker gezogen. Und bin wirklich so, ich bin durch mit Live-Spielen, ich mag nicht mehr den Scheiß, ich habe so viele Live-Shows gespielt die letzten 2 Jahre und bin aber noch kaputt gegangen. Dass du dich nicht getraut hast. Ja, also, aber wie vorher schon erwähnt, ich sehe die Jona, glaube mehr als meine Mami. Meine Mami wohnt im anderen Zimmer neben mir. Darum ist es also ich verbringe, glaube ich, mehr Zeit mit dem Bellas mit meinen Freunden. Das ist okay, das ist fair, ich verbringe mehr Zeit, wahrscheinlich ein Fun Fact, ich verbringe mehr Zeit mit deiner Freundin wie du. Lol. Ja, sie schafft am gleichen Ort. Ja gut, das ist klar. Ja, und eben darum ist es halt wie... das Ganze hat sich dann ergeben und der Jonas war gerade dort in einer Phase gewesen, wo Live-Konzerte spielen überhaupt nicht mehr nach seinem Gusto war und dann war ich schon so, ich würde ihn so gerne fragen, aber nein. Und, dann ich kann schon on fire sein eben. Ich kann schon sehr on fire sein. Ich bin eben dann der meistens in der Band, wo der Domi zieht. Wo dann ist so, das ist und dann wirklich, ihr sind scheiße, Mann. Ihr sind scheiße, weil ihr nicht übt, weil ihr nicht anhockt. Das fucking geh üben und sonst kommst du nicht mehr Du bist einfach der Domi ist absolut nicht so. Ich schwöre. Ich kann so einen Winfrey in mir rein, Alter. Nein, das bin ich. Der Domi ist einfach musikalisch, songtechnisch einfach so...
mich um Bullshit der Musikalen. Sonst ist es mehr, sonst bin ich so im Band und so, Jungs, sind wir jetzt echt da hingekommen, um das Set so halbpatzig durchspielen und so, was ich jetzt wieder heimverpissen. Nicht für schwache Nerven. Ja, ich habe mich bessert. Genau. Und der Hagi ist noch dabei. Der Drummer, der Hagi. Mit dem bin ich auch schon mal im Projekt gewesen. Das ist dann auseinandergegangen, weil wir haben komische Bandmitglieder gehabt. Und ja, ich habe dann wie gefunden, wir zu viert. Der Hagi ist ein guter Freund von uns beiden. Wir haben beide schon viel mit ihm Musik machen und haben es einfach herbekommen. Die ganze Band habe ich schon im Kopf entworfen und es war so. Geil. Ich glaube, es könnte funktionieren. Ich habe dann mit dem Sean geredet und gesagt, ich glaube wirklich, es könnte funktionieren. Wir waren jetzt beide ja... Aber eigentlich auch nur, wenn der Jona dann mitspielt, weil sonst funktioniert es schon wieder nicht. Für mich war das der Seller. Ich habe gewusst, okay, der Hagi ist dabei, let's go, ich habe mit ihm schon halt für uns war es so, ja gut, jetzt müssen wir... Geil. Hey, vor allem der Vorteil auch da, muss ich ganz ehrlich sein, ist die Kreation von der Musik. Das ist genau das. Ja. Ich habe lange so Musik gemacht, wie jetzt du bei Versis das erklärt hast, oder? Wir haben die Idee für Riffs, wir hocken an, wir zusammen arbeiten, oder? Und dann entweder hast du einen Drummer, der sehr gut herlässt und Sachen zusammenbastelt und so, ey, wir machen das und das, oder es ist irgendjemand anderes, oder? Wo ich in der Dirigent spielt. Und jetzt bei Raw Reflections ist für mich eben der cool gewesen, zu sagen, ich mache jetzt hier mit, weil es im Studio anfängt, oder? Ja. Und es geht wirklich, man kann zuerst mal um die Musik reden, man kann vor allem sehen, hat man überhaupt die gleiche Vision, musikalisch auch, artistically, oder? Künstlerisch haben wir die gleiche Vision, wenn wir das Gleiche auch verkörpern oder nicht. Genau. Und so, das ist für mich der Selling Point. Ja, vor allem Raw Reflections ist halt so lange im Hintergrund gewesen. Also eben, ich meine, ich glaube, alle Songs, die wir damals mit Forge gespielt haben, haben wir so Raw Reflections übergenommen und haben das mehr als 5 Jahre her. Haben jetzt auch die Hälfte wieder vergraben. Ja. Und es ist halt eben, es ist noch lustig, wie sich das halt jetzt entwickelt hat. Und eben jetzt sind wir so, die Woche haben wir die erste eigentliche Probe gehabt. Es läuft recht gut. Es kommt gut. Wir müssen Songs doch schneller spielen, sie sind ein bisschen langsam. Ja, folgt uns doch auf Instagram, Raw Reflections Band. Yes. Es kommt mehr. Yes. Ja. Hey, und jetzt können wir eigentlich gerade einleiten und gerade promoten unsere neue Idee, und zwar Bone Grit. Yes. Bone Grit ist eigentlich basically genau der Fuck You-Finger an alle Gatekeepers da draussen. Weil wir haben eben angefangen, studiomäßig Metal zu schreiben. Und der Song ist jetzt für Crackface, ist jetzt für die Band, ist jetzt für das, ist jetzt für das. Ich habe keine Lust mehr auf das. Ich habe keine Lust mehr auf genau das. Und deswegen, Bone Grit ist ein Studioprojekt, das wirklich keinen Fokus darauf hat, live irgendwo zu spielen, weil Bone Grit bringt nur Kollaborationen raus. Nur. Es sind Collab-Tracks mit Künstlern und Sängern und von verschiedensten Bands. Deswegen, es wird ganz bestimmt Bone Grit-Songs mit Eversis geben, mit Taoist-Musikern, mit hoffentlich noch ganz vielen anderen Musikern. Ich bin jetzt bereits am Arbeiten mit Jan von Dry and Shatter, der Sänger von Dry and Shatter. Ich bin jetzt mit ihm gerade an einem Song dran, der ist jetzt gerade am Recorden. Und ja man, Bone Grit sollte ein Projekt sein, wo basically das verkörpert, wo wir darüber reden an unserem Podcast. Ich meine, das hat auch 5 Jahre gebraucht. Ja, voll. Also eben viele Mind Prevention Sachen, die dann doch nicht Mind Prevention wurden, sind jetzt vielleicht doch so. Ja, voll. Also eben, es ist lang dran. Der Jona und ich haben das Anger Management, das nennt sich Death Metal Songs schreiben, wenn es so schlecht geht. Das haben wir in den letzten Jahren immer gemacht, wenn es so scheiße gegangen ist, sind wir in Bandroom für den ganzen Tag auf Death Metal machen. Und irgendwann ist es halt nicht mehr so ganz Death Metal gewesen, irgendwann ist es ein anderes Zeug und irgendwann ist es hey. Und ich bin gut, ich muss aber ehrlich sein, ich habe auch viele Songs schon angefangen zu schreiben für die damalige Metalband Seiko, ja, wo ich neu reingekommen bin. Und das ist effektiv der Ursprungsgrund, warum ich überhaupt mit Metal in Berührung gekommen bin. Ist, weil ein Kollege mich gefragt hat, er gewusst, ich mache Musik. Er hat mich gefragt, ob ich Bock habe auf Bassist in einer Metalband. Und bis dahin habe ich noch gar nicht wirklich mit Metal zu tun gehabt. Absolut. Und dort habe ich gemerkt, dass mir das perfekter Einstiegsjob in der Metal-Szene. Ja. Es ist mir echt gelegen, muss ich ehrlich sein. Ich bin selber überrascht und gemerkt, das liegt mir, das ist geil. Eben, dadurch, ich die Jona schon viel gesehen, viel Musik zusammen machen und halt auch beide die gleiche Musikrichtungen gerne haben, hat sich das wie halt so ergeben, dass wir so viele Sachen jetzt auf der Festplatte sind und sind so... Ja. Und ein Workflow sich wollen wir das releasen? Weil es ist wie, ich glaube, wir hätten sicher... Bro, es hat so viele gute Sachen. Wir releasen es einfach nicht, wenn wir es nicht fertig produzieren oder was auch immer. Oder? Das ist so heartbreaking. Weil eigentlich das Material wäre für sicher fast 2 Alben. Ja. Und darum ist es sowieso, haben wir gefunden, hey, eigentlich könnte man genau das machen. Einfach mal keinen Fick drauf geben und halt wie das Konzept einfach
genau auf das draus liegen, dass es spielt es keine Rolle, was es wirklich effektiv ist. Genau. Hauptsache es prätscht Das ist ein wirklich Spielplatz. Bone Grid ist ein Spielplatz. Ja, gemeint, wir haben zu viele Projekte, Alter. Für den wir sind ganz okay. Jungs, also, erzähl mal, sonst tu mal da Leaderboard machen. Mick, wie viele Projekte und Bands hast du aktuell, wo aktiv bist? Also gut, am aktivsten bin ich sicher bei Crackfest, da bin ich Sänger. Da gibt es noch Firmates, das ist mein Blues-Rock-Projekt. Dort bin ich auch noch Sänger. Dann Mind Prevention, dort schreie ich Zeug umeinander. Dann Raw Reflections, dort schreie ich Zeug umeinander. Dann habe ich noch einen Dude, mit dem schreibe ich alternativen Rock. So ein bisschen à la Soundgarden. Wie heißt so. Hey, wir haben keinen Namen. Okay. Wir haben keinen Namen, darum, ja, es ist so ein Studienprojekt. Right. Und dann habe ich noch ein Projekt mit einem Kollegen, mit dem Drummer von Ira Mortis, wo ich... Ramon! Ramon? Ja, voll. Yes, mit Ramon. Wir haben so ein Beatdown-Projekt, wo wir so ein bisschen für uns... So ein Industrial aber auch, ja, so, oder? ja, so Industrial Beatdown-Zeugs machen wir. Ramdown. Was gibt's noch? Habe ich irgendetwas vergessen? Halt Raw Reflections, aber das habe ich gerade vorher gesagt. Ihr habt ja den Elektro-Dings da auf Spotify. Mind Prevention. Das ist Mind Prevention. Ja, voll, Mind Prevention. Ja, so ein bisschen das und dann, ja, das sind mit musikalischen Projekten. Jona, bei dir? Also, ich bin Sänger bei Fat Belly Jojo in der Band. Das sind jetzt mal das erste Bandprojekt. Fat Belly Jojo. Dann bei Raw Reflections jetzt Bass. Dann bei Bone Grid Songwriter und Producer. Also ja, Bone Grid gibt es auch noch. Ja, voll. Genau, Bone Grid ist so ein da. Also, du bist, glaube ich, 11. Ja. Wirklich? Glaubst ja. Crazy. Und das sind nur Musiksachen, weil ich mache auch noch andere Sachen Genau, aus das Musik. ist immer der andere Punkt, oder? Damn. Raw Reflections. Dann Bone Grid habe ich gesagt, Yes. genau. Das wären, glaube ich, zum Glück mal alle Bandprojekte, weil Turncoats und Crackfist habe ich den Stecker gezogen, damit ich mal mehr Zeit habe. Ja. Dann bin ich halt einfach als Solo-Musiker unterwegs, also Jona Mareke selber mache ich halt Shit. Dann DJ hast du auch gesagt, oder? genau mache ich also DJing, elektronische Musik. Das Projekt heisst Dioxid. Du hast auch selber Musik release dort? Ja, also habe auch Musik release. Jetzt mache ich eigentlich nicht mehr wirklich viel. Falls du dich schon mal gefragt hast, wie gut der Hightech tönt, gang Dioxid hören. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, die zwei sind im Baden aufgewachsen. Das ist, glaube ich, normal für Leute von da. Ja, voll. Nein, ich bin irgendwie tatsächlich schon, im Baden aufgewachsen. It's in the water. Ich bin in Oberrohr aufgewachsen. Tatsächlich. Das ist quasi Baden. Ja. Das ist mega lustig. Oberrohrdorf. Es ist Oberrohrdorf wird eigentlich immer recht falsch lustig. ausgesprochen. Ich habe immer das Gefühl, alle sagen Oberurdorf. Oberurdorf. Oder die Leute haben das Gefühl, wenn du sagst, du bist von Turgi oder in der Nähe von Turgi, ich habe eine Zeit lang in der Nähe von Turgi gewohnt, haben die Leute alle gemeint, was? Von Thurgau? Der ganze Weg? Der Schnell, Genau. Voll. Ja, suche ich das und dann... Ja, Was machen wir sonst noch? genau. Das wäre, glaube ich... Ja. Also, wir haben zusammen an einem Filmprojekt geschafft, das letztes Jahr rausgekommen ist. Täglich Brot. Stimmt, Das war ein sehr intensives Filmprojekt gewesen. Also ich mache auch Sounddesign für Games und Filme. Habe kürzlich für ein kleines so ein Minigame The Right to Bear Arms. Du bist ein Bär und gehst domestizierte Tiere umbringen. Du hasst Hunde und Schafe, weil sie sind domestiziert. Und es ist so voll America, so ein bisschen Redneck-Bär-mäßig. Ja. Und also haben wir dann so ein bisschen Musik dazu geschrieben. Das war echt funny gewesen. Ja, voll. Ja. Es ist super clever. Hilarious, ja. The Right to Bear Arms auf Steam, ja. The Right Bear Arms spielt. Halt eben als Musikproduzent bin ich da vor allem halt auch viele Projekte von anderen Leuten involviert für eine kurze Zeit. Cool. Hast du mal Erfahrung gemacht mit Music Sync? Music Sync? Ja, voll. Einfach Sync mit Video Productions und so Zeugs. Weißt du, eigene Musik stellen auf Databases und so. Wo nachher. Aber die brauchen nachher so quasi. Film und Netflix-Leute können es einfach ziehen und nehmen und bekommst. Ja, nein, da habe ich keine Erfahrung. Ja, dort ist das Geld versteckt. Ja, es kommt mega drauf an. Also, gell, ja, natürlich. es gibt ja Soundbetter und so Zeugs, oder? Ja, du musst zuerst, glaube ich, in den USA registrieren und so Scheiß. Ja, weißt du, je nach Plattform, wie es strukturiert ist, musst du zuerst, dann musst du natürlich zahlen und musst der Ultimate Pro-Member sein, damit du die Jobs überhaupt kannst dann, und dass du überhaupt dann auftauchst, so oben und, und so Sachen. Da ist nur so viel Giga Speicherplatz und sonst musst du auch wieder zahlen. Ja, das kommt eben auch noch dazu, genau. Nein, da habe ich keine Erfahrung. Aber
Ich wollte anfangen, Vocal Libraries zu lesen. Ja. Weil ich bin ja eigentlich praktisch ausgebildeter Sänger. Ich habe dann das Studium abgebrochen. Aber ja, ich mache ein bisschen zu wenig mit meiner Stimme, muss ich ganz ehrlich sein. Das stimmt. Definitiv. Ich singe viel zu wenig dafür, dass ich so singen kann, wie ich singen kann. Ja, voll. Ja, und sonst, was mache ich noch? Ja, täglich Brot habe ich mitgemacht. Da habe ich solche Tonassistenten. Oh shit, ich habe noch ganz vergessen, ich habe noch ein Jazzprojekt. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe das nämlich im Crowdclear Report schon vergessen anzusagen. Ich habe gestern Probe gehabt. Ich bin jetzt am Piano spielen wieder, nach Jahren. Ich habe 11 Jahre lang Unterricht gehabt. Ich bin wieder am Piano angefangen zu spielen, in so einem leichten Neo-Jazz-Projekt. Ja. Ich habe gemeint, der Bella mit 4 Bands ist ich sage ja schon lange, es ist gar nicht so tragisch. Ich mache bei diesen Bands eigentlich wirklich nicht viel, außer bei den einen, wo ich alles mache und dann die 2, wo ich nur Songs spiele. Und dann eine Handvoll ist genug. Eine Handvoll ist wirklich gut, gell? Und dann noch Red Carpet Bandroom und liebe Frau, Handvoll ist ganz egal. Genau. Der Crowdclear Report, der ist halt auch so ein Lückenfüller jetzt für viele Projekte, wo ich halt so ein den Stecker gezogen habe. Und die Livestreams werden mich wahrscheinlich ziemlich beschäftigt behalten. Ja. Oh ja. Also aber mit Bone Grid möchte ich wirklich auch einladen. Wirklich, I can't wait. Zum euch mal einladen, zum mal, ey, yo, komm mal vorbei, ich habe da eine Idee gehabt, oder auch etwas einfach schicken, weil eben, du bist ein Home-Producer, dass du einfach auch mal irgendetwas machst, so, das ist wirklich die Idee, I can't fucking wait, um so ein Collaboration-Album rauszubringen. Und dann ein Festival machen, man. Luki, ich habe so viel Pläne mal ersten Full-Track, komm, literally gestern habe ich eine Sängerin geschrieben, die ich kenne. Und sie so, hey, wir müssen einen Collab machen. Ich wollte mehr so den Alternative Melodic Style mal exploren mit Taoist, oder? Und sie so, fix. Und er hat gerade gestern einen Song geschrieben. Geil. So in 3 Stunden so geschickt, oder? Und mehr gern. Das mache ich. Damn, cool. Der Workflow ist... Ich predige hier vom Workflow. Ich kann eigentlich einen Killer gründen für Workflow, wirklich. Ja. Der Workflow macht so viel mehr Spaß. Es ist so cool, dann schreibst du dem Drummer oder einer von diesen 7 Drummer, die man mittlerweile kennt, oder? Hey, ja, hast du Bock, das zu spielen? Ja, voll, das ist mein Style, das kann ich. Jetzt gerade momentan unser Drummer, mit dem wir am Aufnehmen sind, das ist der erste Drummer von Logify, der Johannes. Und der ist jetzt so motiviert durch das Projekt, weil es eben nicht muss existieren, weil es eben nicht muss eine Band sein mit dem ganzen Druck, dass er wieder am Anhocken ist, am Üben und seine 270 BPM Blastbeats für das Snare können. Er macht das. Das ist aber geil, wenn du keine Expectations setzt. Genau. So wie, hey, schauen wir, was fließt, was float, tun wir nicht extra Pressure setzen oder whatever. Einfach machen, Spaß haben und let's see what happens. Das hat mich zerstört, muss ich ganz ehrlich sein. Die ganze Pressure. Ja, definitiv. Das ist echt übel. Und wenn ihr zu dem Thema einen mega artistischen Ausdruck habt, so Purity und Pressure, dann sucht mal Pulse Plus und gebt meinen Namen ein, also Jona Mareke Pulse Plus. Ich habe mit meinem Bruder ein Projekt mal gemacht, das haben wir in der Roten Fabrik aufgeführt. Mein Bruder ist Tänzer und Choreograf. Und da geht es genau um das. Da geht es genau um die Reinheit vom Ursprung, von wer wir sind als Menschen und von der Idee, die wir haben in der Kunst, die wir machen. Und dann wie Pressure uns beeinflusst und sogar Sachen kann kaputt machen und uns sogar tötet. Alright. Vielleicht interessiert das jemand. Das haben sogar ich nicht gewusst, dass du das gemacht hast. Siehst du? Du siehst es, ja. Also kommen wir zum Metal-Server. Wir lernen Sachen über eure Freunde, die wir jetzt gar noch nicht gewusst haben. Ja, genau. Jetzt, was für Bone Grid sagst im Fall. Bro, wir sind in dem Fall Therapeuten. Ja, definitiv. Und jetzt, was für Bone Grid sagst im Fall. Mir ist im letzten auch im Sinne gekommen, alright, ich wollte Bandseite von Taoist so ein bisschen exploren, das Alternative, Post-Crunch-Seite und ich einfach HC voll auf Fresse. Und dann habe ich gefunden, so wie, okay, wir haben jetzt irgendwie, jeder Chorus ist ein Clean Chorus. Wir müssen mal einen fucking absurden, einfach hard fucking Song schreiben für live. Und dann ist Throw Out the Baby with the Bathwater rausgekommen. Und dann musst du jetzt lernen. Heißt der jetzt effektiv so? Throw out the baby with the bathwater. Motherfucker. Ja, man, let's go. Throw out the baby with the bathwater. With the bathwater. Ich weiss nicht, ob ich 2 neue Songs kann bis am 5. Juli. Ich habe dir Videos gemacht. Es ist so einfach. Wie gesagt, ja du, für dich ist es einfach. Nein, es ist einfach. Du hast einen Song geschrieben, Alter. Ich habe tatsächlich extra Caveman-Style gemacht. Seit ich dich kenne, weiss ich, wie es der Timo immer sagt mit ja, für dich ist es einfach, du hast den Song geschrieben, logisch ist es für dich einfach. Beim spanischen Song, der ist schon ein bisschen tricky, weil der ist nicht so gedacht. Aber
der Baby with the Bathwater, der ist simpel, der ist einfach Caveman Brudi, Shit. ich habe das schon mal gesagt, es ist nicht das Problem, dass ich den Song spielen kann, es ist das Problem, dass ich die scheiß Abfolge genug gut im Grind in habe, um sie live zu spielen. Ja. Das ist das Problem. Aber ich kann jetzt zum Beispiel... Dazu noch singen ist auch nochmal der andere. Ich habe jetzt zum Beispiel geschrieben, einfach weil ich keinen Bock mehr habe, Cover zu spielen. So, weil ich 40 Minuten Set machen. Und einfach mal einfach hässige Shit haben. Und ich habe es wirklich geschrieben, so wie einfach mit dem Ziel, einfach für live. Und ich habe den Knocked Loose Approach genommen, dass wenn nicht ein bisschen lachen musst, weil es so absurd ist, dann ist es nicht gut genug. wir haben das mit unserer letzten Demo gehabt, wo wir auf Soundcloud jetzt released haben, der Hollow God. Vor allem seit ich Jona ein bisschen mehr probiert zu züchten, um einem Schreier zu werden, schickt mir der Jona jetzt tatsächlich schon Scratch-Tracks, wo er drauf schreit tut. Ich kann mittlerweile selber Demo-Vocals machen. Das ist geil. Das ist echt lustig, weil auch beim letzten Track war es so gewesen, ja, hey Mick, ich wollte deine Vocals bei dem. Und ich so, geil, ja, schick's mal, kann ich mir alles, weißt du, komm hier da vorbei, vielleicht bringe ich sie gerade an. Und die Jona hat mir das geschickt und ich bin so, Bro, was hast du gemacht? Und ich so, hä? Das ist doch voll easy. Und ich so, wie einfach nicht so? Und dann im Studio hat es schon irgendwie in einem Abend angebracht, ganz aufzunehmen. Aber also, ich wirklich... Da hat man schon gemerkt, eigentlich, wie ich an völlig anderen Sachen dann anstehen als du. Ja. Und du das ist das Jahrzehnt, wo du schreist, oder? So, das hat mich dann tatsächlich auch ermutigt, weiterzumachen. Danke weil jeder ist ein Prisoner von seiner eigenen Muscle Memory. Ja. Das ist alles so. Als Gitarrist, du hast immer die Patterns, wo du dazu agierst. Und auch wenn der Drummer plötzlich den Riff schreibt für die Gitarre, so wie, oh fuck. Du musst wenn du nicht mehr weißt, eben genau das ist mein Problem, Ricky. Das ist genau mein Problem. Aber das ist eben nicht, mit dem lustig ich habe letztens eben auch, das ist ich habe den Song, den wir jetzt eben so richtig stumpf gemacht haben, den habe ich, wo ich die Demo schon geschrieben habe, ist das schon etwas vom dümmsten und stupidsten, was ich je gemacht habe. Es ist dann so wie ich habe es der Band gezeigt und der Timo ist da gestanden, ja okay, aber wer macht dann jetzt die Vocals? Und ich so, was Mensch, wer macht denn jetzt die Vocals? Ja Brudi, das ist, wer macht die Vocals? So, das kann ja keiner von uns. Und dann bin ich so, der Domi so denke, ja, das hat er die bei sich aufgenommen. Was hast du das Gefühl? Er hat irgendwie den Rico von Sylp gefragt, ob er Demo-Vocals schicken kann. Und ich habe halt einfach noch nie, ich habe einfach gedacht so, ja, alle ja immer am sagen, das sollst keine Inhale-Picks-Squills machen. Und ich so, I don't give a fuck. Man, wir kennen den, der macht nur alles Inhale. Also sagen wir es mal so, weißt du, ich bin Gitarrist in einer irgendeiner Scheissband. Wenn ich jetzt, ich spiele nicht in einer Gore-Grind-Band, das ist mir doch scheißegal. In der Garza-Podcast mit der Browning. Scheiße gemacht mit diesen Vocals und sie kleben. Der Browning, der macht auch nur Inhale. Das hat sich der Garza-Podcast erzählt. Und so, Bruder, meine Stimme ist nicht kaputt gegangen. Immer safe. Ja, es hat ja mega lang ist ja die Theorie umgegangen, nein, mit Inhales machst du dich gerade kaputt. Es ist wie mit allem, es ist wie so, hey, wenn du es im Fall richtig lernst, kann es nicht passieren. Es ist im Fall alles gut. Ja. Also, das ist wirklich, dort habe ich gedacht, ich habe das die geschrieben und ich habe es so gemacht. Der Song hat sogar am Schluss einfach noch so ein Lachen von mir drin, weil es ist so dumm gewesen. Es ist so dumm gewesen, dass ich das einfach ich habe am Schluss gelacht und es einfach drin gelacht. Unbedingt, das ist ja voll der Wu-Tang-Approach. Das ist ja die ganzen Diskussionen, die sie in den Studios haben und Anfickereien in den Studios, die sie nachher reinschneiden. Absolut. Also wir haben zum Beispiel mit Mind Prevention so einen Song, wo ich mal etwas Inhale gemacht habe, wo wir nachher als einen Soundeffekt benutzt haben für die ganze Song. Ja, Kill Myself. Der Adlerschrei am Schluss. Es ist wirklich, es ist wie ein Vogel. Es ist wie ein Adlerschrei. Geil. Und ich weiss nicht, eine Zeit lang habe ich, weil ich solche Sachen nicht exhalen können, habe ich sie halt einfach inhalen gemacht. Und das ist so ein Moment, wo ich irgendwas probiert habe und es ist so, das ist so dumm. Das muss ich habe wirklich herausgefunden, wenn es wirklich so dumm ist, das ist einfach absolut. Das ist das Beste. Das Ding ist, es ist recht blöd, weil live fand ich mega müde, den Song zu singen, weil ich kann das nicht. Hey, ich kann es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Song live werden machen. Aber wir haben jetzt einfach einmal gesagt, weil bei den letzten paar Sachen haben wir uns immer noch so ein bisschen selber limitiert, von wegen, ja, müssen wir jetzt da so viel Gitarre, weißt, ich habe dann quasi Gitarre-Parts geschrieben, dass ich drüber mit dem Gedanken, dass ich drüber singen kann. Ja. All das Zeug mache ich jetzt einfach nicht mehr. Aha, ja. Wir nehmen jetzt einfach den Song auf und dann, wenn es halt live nicht genauso tönt wie auf der Aufnahme, irgendetwas in diesem Stil bringen wir sicher an. Absolut. Aber eben, weil wenn ich jetzt wieder Songs so schreibe mit dem Gedanken, dass ich sie dann live kann singen, dann wäre es nicht. Dann haben wir uns wieder ich habe von dem Approach mittlerweile schon recht, dass wenn ich performe nur noch Sachen, wenn ich sie auch wirklich kann. Ja, das schon. Und wenn, dann bin ich einfach so, bei Crackfest ist es ganz schlimm gewesen, weil bei Crackfest haben wir alle Songs geschrieben und all die 4-5 Songs, die wir dann das erste Mal performt haben, ich habe gemerkt,
Im Pro-Raum kann ich das Zeug, live kann ich das Zeug nicht so. Ja, weißt du, ich meine jetzt nicht, dass ich meine mehr so, ich habe das Gitarrenriff gar nicht. So meinst du? Ich habe das Gitarrenriff extra simpler gehalten oder kein dass es kannst spielen, dass ich kann spielen und gleichzeitig singen, weil ich einfach in dem Moment nicht gleichzeitig das Riff spielen und singen. Ja. Und ich einfach so das Gefühl kann, ich habe das jetzt schon so lange probiert und ich kann es immer noch nicht. Aber dann schreibt ihr euch das Zeug ein, also ihr tut das Zeug in dem Fall nicht in Noten umschreiben oder so? Ich mache Tabs machst Tabs, Tutorial-Videos. Kommt drauf an. Okay, ja. Nein, kannst du in dem Fall auch die Sachen spielen, weil bei mir ist Bone Grid das beste Beispiel, ich habe eine Idee, ich bin einfach so am Spielen, da ist das Riff, voll geil, das ist voll krass, Nachher hängst du all diese 7 Riffs aneinander und dann producest du einen Song, nimmst Spaß auf, hast einen Drummer, einen Sänger, pipapo. Yeah. Nachher bist du 2 Wochen daran am Arbeiten oder eine Woche und dann willst du nochmal das Riff spielen oder willst du jemandem erklären, wie das Riff spielt und dann bist du so, ich kann kein Blass fucking Stimmen. Nachher musst du deinen eigenen Song lernen. Voll geil. Ich finde das cool, weil ich übe gerne neue Lieder und wenn ich dann meine eigenen Lieder muss nochmal neu üben, und ich Woche vergessen. Bei meiner eigenen Sache ist es so, dass ich es meistens dann noch kann, weil ich es geschrieben habe und dann, wenn ich es einmal gelesen habe, weiss ich, was ich gespielt habe und dann kann ich es kurz ausprobieren und dann ist also das erste Album habe ich fertig geschrieben letztes Jahr im Juli oder so. Jetzt habe ich schon etwa 14 neue Songs. Kein Blasen, wie die gehen. Dann kann ich dir sagen, dass der Ricky dort nicht gewusst hat, wie die Songs am Stück funktionieren. Weil im Video rein, zum Songs lernen, hast du einfach so zwischen Parts einfach so Cuts gehabt, wo der Ricky dann so cheeky gelacht hat. Und der Mike und ich so, wir sollten jetzt live am Stück können. Danke für den. Ja, die Endurance denke ich nicht immer so fest dran beim Schreiben. Dann müssen ihr leiden halt. Ja, es ist, also amigs habe ich wirklich das Gefühl gehabt, bei diesem Song merkt man, dass der Ricky der einfach so, er hat den Part geschrieben, er hat den Part geschrieben, er hat den Part geschrieben, dann hat er den Part geschrieben, hat es gelost und das Gefühl gehabt, es ist geil. Ja, voll. Zum Fernsehen, es ist geil, aber irgendwie so nach 3,5 Minuten merkst du, fuck, Alter, das ist also nicht möglich. Oder gewisse so Transitions, wenn sagen wir, du nimmst einen Teil auf, bis dort. Das ist jetzt der Verse oder so. Nachher suchst du eine neue Idee für irgendwie dann den Pre-Chorus oder Chorus. Findest die Hure geil, bist du so viel am Aufnehmen, und nachher hängst du sie zusammen und nachher willst du es spielen. Und dann merkst du, das Ende ist so hoch oben auf dem Fret und der Anfang vom nächsten ist so weit unten oder umgekehrt, dass es nearly impossible ist, in diesem Tempo so zu wechseln. Was machst du in dem Fall? Umschreiben. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Umschreiben oder eben nicht. Und wenn du es eben nicht machst, verwirrst du jeden fucking Gitarrist, der deinen Song covern will. Du machst so, was hat der gemacht? Du machst den Ricky-Approach, du sagst, das ist ein Bella sein Problem. Genau, das musst du machen. Und dann machst du aber den Bella-Approach und sagst, ja gut, wenn ich jetzt die 2 Palm Mutes dann nicht mache, kann ich es. Ja, voll. Aber wenigstens hast du die Freiheit, oder? Ich habe mit dem Bassist von Furchenschweiß geschwätzt. Ich glaube, bei SLA kannst du das nicht bringen. Das ist einfach, der hat gesagt, das hat mich sehr beruhigt. Er so, man, das ist auch so, dass du Spaß hast, oder, an dem. Und wenn du die Betonung dort und dort spielst, klar, am Songwriter ist es halt dann mega wichtig, aber schlussendlich auf der Bühne ist es am wichtigsten, dass du performst und Spaß hast. Und wenn du lieber hast, anstatt dann so sei es, mach das, hab Spaß, Hauptsache du kannst dahinter stehen, was du spielst, oder? Ja, voll. Und ich glaube, das gilt für die meisten. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Enter the Cavalry, Alter, dort mache ich die zwischen Palm Mutes nicht. Es ist wirklich so. Und es macht immer, jedes Mal, bei jedem scheiß Wechsel hat es einfach nochmal 2 Palm Mutes zwischen denen. Und ich bin einfach dort am Spielen und habe mir nur so gedacht, es geht, aber wenn ich sie nicht spiele, dann tönt es gut. Ja, das spielt dann schlussendlich mehr Rollen, oder? Was besser tönt und vor allem, wenn du überlegst, im Hintergrund hast du einen Drummer, der sowieso macht. Nein, also auf was ich mich mega freue, ist, wenn unser Repertoire grösser wird, dass wir nachher extra Settings anpassen können, wirklich hard as fuck für HC-Shows. Genau. Und eher melodisch für so Das ist der Dying Fetus Approach. Ja. Wirklich. Ja. Was, jetzt, du hast die ganze Zeit mit Dying Fetus. Was sagst du eigentlich zu meiner Holy Trinity? Sabbath, Rage Against the Machine und Slayer. Hast du das Gefühl, das sind 3 sehr wichtige Bands für die Musik, die wir jetzt hören? Ja. Den Claim habe ich schon mal gehört von dir. Ja, der Claim ist auch einer, der ist auf meiner Gitarre, wo ich glaube, der ist sehr persönlich. Unter jedem Pickup steht eine von diesen 3 Bands. Krass! Ich habe sie nämlich komplett auseinandergenommen und neu gemacht. Sag mal schnell, was war es alles? Black Sabbath, Rage Against the Machine und Slayer. Okay, du bist natürlich jetzt ganz klar, also das sind ganz klar... Ich rede von Metal und Metal Musik. Okay. Aber das sind definitiv Bands, die sind ganz klar auf eine Dekade zuzuordnen. Okay, also... I agree, 80er, 90er und Anfangs 2000er sind the most influential time for Metal gewesen. Völlig klar, oder? Gut, 70er
Sorry, Black Sabbath ist 70er. Also das ist eigentlich so der Ursprung, oder? So vom Heavy Metal, was sich dann in den 80er Jahren so geformt hat, wie er sich geformt hat. I agree, wenn es darum geht, dort sind definitiv die wichtigsten Influencers. Ich würde aus persönlich einfach sagen, also, weißt, schau, mich persönlich influenced hat Slayer weniger als Gut, Merciful Fate und King Diamond. Fair. Aber wenn ich gesehen habe, dass Merciful Fate und King Diamond, die haben Impact gehabt auf Metallica. Die haben Metallica influenced. Aber die haben Slayer auch beeinflusst. Und sie haben Slayer wahrscheinlich auch beeinflusst. Wegen ihrer Demo-Production im Studio in Schweden. Wegen dem Studio in Schweden, wo Metallica und ganz viele andere sind aufnehmen. Masters of Puppets ist im gleichen Studio aufgenommen worden wie Merciful Fate ihre Demo, weil das ist die besttönendste Demo auf der Welt gewesen, die umgeschickt worden ist als Demo und die Leute so, holy shit, wo ist das aufgenommen worden? Entschuldigung? Wer ist der Producer gewesen? Wow, das ist keine Ahnung, Alter. Irgend so ein Schwede. Irgend so ein Schwede. Der Olafsson. Das ist nicht so schlimm. Ja, deswegen, aber I agree, definitiv sind das 3 Bands, die einen Impact haben bei allen und ich höre die du hörst vor allem auch bei modernen Bands, hörst alles, irgendetwas von diesen 3 Du hörst mindestens eine von diesen 3 Bands fallen, das ist so. Ja. Also Sabbath, ja, bei mir persönlich ja. Dann meine 80er-Jahre-Influence, Merciful Fate und King Diamond. Und so, doch eher Megadeth und weniger Metallica, muss ich ehrlich sein, von den Gitarre-Riffs. Fair. Dann 90s ist bei mir definitiv Linkin Park und System of a Down. 90s, Linkin Park schon. Ja, das sind meine Influence. 90s, ja. Nein, Linkin Park ist von erst 2000 oder 90. Ich glaube, der erste Song ist 2001. Hybrid Theory ist 98. Nein, 2003. Hybrid Theory ist 2003 rausgekommen. Wow, ohne Scheiß. Ja. Dann verwechselst du sie mit Limp Bizkit. Nein, die sind auch bei dieser Zeit. Ich glaube, du verwechselst sie mit Rage Against the Machine. In dem Fall doch mit Rage Against the Machine, Alter. Meinst du Killing in the Name of? Nein, das ist klar. Rage noch nie gehört, also. Nein, aber was ist Linkin Park? Ich habe gemeint Hybrid Theory. System of a Down ist definitiv meine 90s Influence, Korn ist 90s. Korn ist 90s. Ja. Slipknot ist auch noch 90s. Ja, Slipknot, Korn, das sind Names. Ja. Das sind Names, sorry. Ja. Slipknot ist schon 90s, aber eher grösser in 2000er geworden, nicht? Also Slipknot ist 96 ja, unter dem Namen Rage Against the Machine gegründet worden. Wie? Slipknot ist 1996 unter dem Namen Xero gegründet worden. Und dann 1999 ist der Chester Bennington hinzugekommen. Fun Story, jetzt sind eigentlich 2 Sänger vorsingen. Chester Bennington ist der erste Sänger, der rein ist und der andere ist dann einfach heimgegangen. Ja, genau. Das war einfach nicht mehr nur nachher. Ja, der Chester war ja vorher schon in Bands und hat ganz andere Musik gemacht. Dann das ist ja ganz schlimm. Dann habe ich mir das so gemerkt, dass die in den 90er Jahren entstanden sind. Genau! Ich finde es aber ganz okay. Wirklich, ich finde es eben nicht so. Das ist nicht so mies. Ja, gut, aber das absolut. sehe ich, ja. Was sind deine 3, Mick? Hey, Sabbath, definitiv. Schon, gell, Sabbath? Wir sind beide voll Sabbath, Ich finde, kennt ihr von Cold Chisel? Aber das gehört nicht Metal, Bro, sorry, das ist Country. Nein. Das ist Country Blues. Ja, aber im Fall, no shit, lass dir die ersten 2 Alben an und sag mir nicht, dass das der Hardrock von heute ist. Ja. No shit. Es gibt ein Album, wo Home and Broken Heart und Tasker Scene drauf ist und all das Shit. Ich schwöre. Und dort ist wirklich so, also die Gitarre-Sache, die sie machen, das ist das, was Stones haben 10 Jahre machen. Bleiben trotzdem im Metal. Deine 3. Okay, Metal. Sabbath, Slipknot, auf eine Art. Vor allem für mich persönlich auch. Ich bin mit Slipknot recht aufgewachsen. Kettle. Was? Kettle Cap. Kettle Decapitation. Ja. Also mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wahrscheinlich Kids in so 15 Jahren werden, mit 20 Jahren werden sagen, dass eine von diesen Bands Paleface ist. Ja, schon jetzt. Vielleicht. Mega viel. Ja, voll. Ich sehe es. Also, die so haben viel. ja ein absolutes Cult-Following. Ja, aber ich meine, sie werden ja auch mega gelobt für ihre Mashup, für ihre Crossover. Paleface ist das, was passiert wäre, wenn Slipknot jetzt rauskommt. Ja, definitiv. Definitiv. Das ist das, was das ist nur das. Genau. Ja, 100%. Dann ist mit so viel Untergenres, wo sich ja immer wieder neu entstehen, wo sich ja eigentlich voneinander ja abtrennen, kann man wieder neue Mischformen machen. Also ich glaube, es hat nie ein Ende. Es wird nie aufhören. Das ist ja gut. Gut für uns. Ja, irgendwann irgendwie hast du das Gefühl, es ist alles mal durchgespielt, aber... Ja, voll. Ich möchte eine riesige Idee präsentieren. Ja. Weil ich nutze die Plattform jetzt gerade, um die Idee zu präsentieren, weil ich bin ja die Fantasy Basel und ich habe gedacht, holy shit, ich wollte an eine Metal Convention, Bro. Und dann habe ich geschaut, wo es die geht und sie geht es einfach nicht. Aber wie stellst du dir das vor?
Das ist lustig. Meinst du die Organisation? Nein, meinst du das Event? erste, was Jona die ganze Zeit hört, wenn er Metal Convention ins Maul nimmt. Es ist wirklich so, es geht eine halbe Sekunde. Wie stellst du dir Also das die vor? effektive Nein, das Frage. nicht. Das haben wir so. Willst du das wirklich? Nein, also, ich habe es gehört in der zweiten Folge, und ich so wie... Ist einfach Booth mit Dudes, die Bier trinken und über Metal schnurren. Nein. Nein. Die eigentliche Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einer Metal Convention und einem Metal Festival? Es spielen keine Bands. Doch, Nein, das spielen auch Bands. Bands. Das ist das Gleiche. Aber dann ist es Metal. Also, ich kann das beantworten. An einem Festival ist alles bestimmt vom Line-Up. Wer das spielt wo, wenn, wie, wo, was. Man konsumiert. Man geht dort hin zum Konsumieren. Was hat es dort für den Musiker? Inspiration. Okay. Fair. Kann man da lassen. Du siehst Networking. Ein Merch. Okay. Networking. An einem Festival? Mit wem? Mit anderen Local-Hobos von jetzt. Genau. Und wie viele von diesen Tausenden von Menschen, die dort sind genauso engagiert wie du? Genau. 2. Okay, Wie stellst du dir ein Event vor, das gemacht ist für Menschen, die innerhalb von der Kreation von der Musik tätig sind? Ein Ort, wo sich eben genau Cover Artists, Music Producers, Vocalists, Gitarristen, Pedalbauer, Drum Techs, Drummers können zusammentun und nerden. das ist Das ist, was du siehst in einer Fantasy zu Basel. Es sind einfach Leute am Nerden. Ja, aber das ist mein Lieblingsanime, bla 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 bla. Und ich schaue das so an, ich sehe mir einfach so, ich höre nur Metal-Gelaber. Wow, das und die Band und das ist geiler Crossover, blablabla, bla. Aber das passiert halt höchstens in einem Raucherbereich an einer Metal-Band Nein, und dann hast du eine Metal-Show. Das ist eben NAMM. Und Guitar... Wie heisst der in Europa? Guitar... Die Convention. Messe. Ja, genau, so eine Messe, so eine Gitarrenmesse. Ja, aber Ja, Messen sind scheiße, das- Alter. Weil Genau. Es tönt sehr gut, aber es tönt sehr nach LinkedIn. Jetzt hörst du auf da einen Gatekeeper-Kollegen. Nein. Es ist wirklich, also kritische Fragen sind das Einzige, was aber wirklich voranbringt. ich glaube, so Pareto-Prinzip-mäßig, wie du 80% von dem würdest erreichen mit 20% vom Aufwand, wäre Mosch-Stübli-Meetup. Oh ja. Oh ja. Und Also dann allgemein, hättest- das ist nur möglich, dann wenn alle zusammenarbeiten. Wir gehen wieder zurück zum Anfang von meiner Idee oder beziehungsweise von meiner Metapher, die ich gebaut habe mit dem Netz. Es braucht so viel wie möglich von den Kleinen, damit, wenn sie sich zusammentun, dass man schweizweises Netz hat. So eine Metal Convention ist nur möglich, wenn sich verschiedene von diesen Gruppen zusammentun. Das heisst, Sonst wenn wir geht's alle nicht. zusammen ein Festival, wenn wir alle zusammen ein Festival, ein Meet organisieren und Halle 622 buchen und wir alle zusammen dort hingehen, dann sind wir alle zusammen dort und alle Bands können spielen und alles ist voll. Ich sehe den Punkt. Genau, theoretisch schon. Jetzt meine direkte Vorstellung, ich habe schon ein Event geplant, okay? Ich habe Perfekt. geplant, er ist auf Papier. Er stattfinden würde er im Werk Baden. Weil das Werk Baden ist perfekt von der Grösse. Je nachdem, wie viele Leute das werden kommen, je nachdem, wie gross der Event schlussendlich wirklich wird, kannst du das Werk Baden ideal anpassen. Es hat die grosse Halle, es hat den Klinkerhof draussen, es hat die 3 verschiedene abgetrennten Räume, es hat den Garderobe unten, es hat einen Place oben. So, und was ist da, was mich am meisten stresst an der Metal-Szene? Gatekeeping. Das ist Hardcore, das ist Metal, das ist Black Metal, das ist Grindcore. Ich liebe alles. Yo, ich liebe alles und ich weiss, ich bin nicht allein. Deswegen finde ich, sollte an so einer Metal Convention jede so eine Subkultur seinen eigenen Place haben, wo man sich auch zeigen kann. Der Black Metal Place, wo alles düster ist und dunkel mit Kerzen. Oder? Und andere Orte, wo man seine Hardcore-Fans hat und wo man eine Hardcore-Show hat, wo man kann moschen, was auch immer. Und das Ziel ist vor allem eben, die Szenen untereinander näher zu bringen und eben auch Crossover-Sections können zu erlauben. Aber Das ist die Vision schlussendlich von der Metal Convention. siehst du wirklich so viel Gatekeeping und so viel Gender Defense heutzutage? Es ist, es wird auch ein bisschen, manchmal überdiskutiert. Der Punkt ist einfach, ich sehe es in der Eventorganisation. Ich sehe es nicht unbedingt bei den Zuschauern, sondern ich sehe es bei der Organisation. Und durch das auch, wie die Zuschauer sind. Was, jetzt ist da noch ein... Eben, du hast es ja gesagt, oder? Mit der Versi hast du das Gefühl, wir sind immer die softeste Band, oder? Und das ist halt dann voll nicht cool für die Leute, die gekommen sind für Deathcore. Und wenn halt dann mit 2 Deathcore-Bands spielst, kommen meistens Deathcore-Fans. Und die haben halt dann nicht so halt Spaß an New Metal oder dann an Hardcore, wenn sie für Death Metal kommen. Sie wollen Blastbeats, sie wollen kein Halftime Beatdown Schissel, oder? Und dort ist natürlich dann mega schwer, das
als Veranstalter es für alle richtig zu machen. Deswegen macht man nach wie vor immer noch HC-Shows, Death Metal-Shows, Deathcore-Shows, dieses und jenes, oder? Aber so bringst du dann die Szene auch nicht untereinander zusammen, oder? Und deswegen hat man auch Festivals und Pipapo und tralala. Ich sehe aber definitiv die Metal Convention mit dem Fokus für die Szene selber. Für die Leute, die sich untereinander connecten, für vor allem die Leute, die musikschaffend sind in dieser Szene. Und nicht nur die Konsumenten. Das ist wirklich gut. Ich bin noch ein bisschen zu LinkedIn. Das ist jetzt scheißegal, hast du Schnurren. Darum brauchen wir dich, ich jetzt einfach so dich. Du musst dir auch vorstellen, für jemanden, der sich nie getraut hat, an eine Metal-Show zu gehen, zu sehen, was da wirklich läuft. Ja. Es geht nicht darum, jetzt muss ich dort stehen, jetzt muss ich mich anstrengen, weil das wird niemand, das versteht man nicht. Weil an einem Konzert geht es nicht um die Kultur, an einem Konzert geht es um die Musik und um die Band jetzt gerade. Und die Kultur lebt in den Leuten, das sind wir auch im Bereich. Ja, das und stimmt. die Convention geht darum, die Kultur, etwas für die Kultur zu geben. Plätze, wo man sich kann austauschen, einfach so, LinkedIn-mäßig, wie du das sagst, oder? Und Plätze, wo Artists Möglichkeit haben, sich selber zu sagen, du willst mich als dein Cover-Artist. Wo finde ich meinen Cover-Artist für meine Band? Also Google. es stimmt, Das ist es stimmt irgendwo, schon, dass die Kultur am meisten, also mein Favorite Part ist vor einem Konzert Backstage hängen mit den anderen Bands und einfach austauschen und reden. Und das sind meine Favorite Moments, habe ich gemerkt. Einfach mal so währenddem einfach schnurren. Einfach Ja, mal. voll. Aber ich weiss noch, für mich als Konzertgang, bevor ich Konzerte organisiert und Konzerte gemischt habe, ist das etwas auch vom Geist für mich gewesen. Also weißt du, nicht nur mit den Künstlern, sondern auch mit den Leuten reden, die arbeiten. Ja. Oder? Zu fragen, hey, was läuft eigentlich? Wie läuft das ab? Was muss ich machen? Was braucht es eigentlich alles? Und alles das Zeug, oder? Und es ist wie, als Veranstalter machst du dir noch ein andere Gedanken, oder? Wenn du ein Event machst, ein Konzert machst und die Leute zusammenbringen, darum sollen 4 Bands enjoyen. Und darum ist es wie, es wäre eine mega coole Idee. Zum genau das. Genau die das. Schuhe. Wir haben eben die Schuhe alle schon mal verschiedene angehabt. Ich weiss nicht, ich vergesse das immer wieder. Es gibt Menschen, die haben einfach immer die gleichen Schuhe an. Die sind immer die Person, haben immer die Rolle, jeden Tag, oder? Und es fällt ihnen schwer, aus dieser Rolle rauszugehen, oder? Und wir haben wirklich alle verschiedenen Rollen schon angehabt. Im Studio, vor der Bühne, hinter der Bühne, auf der Bühne, Pipapo, tralala, wirklich alles. Und so ein Event hilft eben genau auch da, ein Verständnis für alle Schuhe, oder? Und vielleicht kannst du auch mal einen anderen Schuh anlegen an dieser Metal Convention. Vielleicht kannst du es so mal probieren als ein Veranstalter oder mal probieren als ein... Und das ist der Fokus. Ich habe zum Beispiel heute zum ersten Mal Sandalen mit Socken angezogen. Sehe ich gerade. Ich habe das erste Mal Penisfinken an, Die Bro. müssten fast weisse Socken sein, dann wäre es wirklich perfekt. Dann wärst du Aargauer, Bro. Bruder, Alter, Voll. ich bin jetzt gerade so kurz davor, den Podcast zu beenden. Und zwar nicht, weil wir einfach schon 3 Stunden aufnehmen, weil ich morgen um 6 Uhr muss Aber aufstehen. das Gute ist, wir können zu dieser Idee im Mostübli eine Poll machen, um zu schauen, wer wäre dabei, wer wäre interessiert. Und dort haben wir eben alle die Leute, die Musikschaffenden, die Techniker, Fotografen, Fans, alles. Also ich glaube, deswegen finde ich die Community so wichtig, weil genau das brauchen wir jetzt einfach den Austausch haben. Erstmals digital und nachher auch Meetups. Du hast verstanden. Die Metal Convention sollte dein Moschstübli Discord-Chat in real life sein. Genau. Du hast verstanden. Wir sollten also ein Moschstübli haben. Das Moschstübli, dort hin tun. Nein, hey, das ist im Fall wirklich cool. Das sind gute Insights. Ja, Aber Ricky, erstmal so unter uns. Das nächste Mal, wenn ihr bei uns vorbeikommt. Wir müssen, glaube ich, noch bei diesen 2 Jungs Genau, im Podcast. Es ist wirklich schon sehr, sehr interessant gewesen. Ich habe das Gefühl, der Jona und ich könnten zusammen wahrscheinlich Instagram-Rants des Jahrhunderts abladen. Wir müssen das glaube ich, mal untereinander austauschen in der Zwischenzeit. Und ich glaube auch musikalisch werden wir uns sicher austauschen. Gerne, bitte. Ja, wirklich. Also auch euch danke vielmals für die Möglichkeit, dass ihr uns auch gerade gesehen habt und gerade angehittet habt. Das ist wirklich geil. Voll. Sehr gut gewesen, sehr geil gewesen. Crowdkill Report. Nein, Crowdkill Report. Crowdkill Report, genau. Ja. Und ich habe jetzt den Einwurf da wirklich noch gebracht, weil ich bin mir ziemlich sicher, der Podcast würde noch mal 3 Stunden gehen, wenn wir nicht irgendwann mal forcefully beenden. Das stimmt. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist gerade so ein einigermaßen guter Moment gewesen. Ja, Ziehst du Domi. Ziehen Domi, genau. Ja. Aber nur für das Musikalische, nicht fürs Persönliche. Liebe Leute, nochmal Shoutout Mostübli, könnt ihr Discord abchecken. Auf Geht bei Instagram. Mostübli vorbei. Merci vielmals an alle unsere Patrons, ihr seid der Shit. Und voll. Shoutout Oben Red Carpet. Grenike, wir machen die Verlosung noch. Stimmt, Schwör. ja. Shoutout Red Carpet Bandroom. Da freue ich mich auch auf die Live-Shows. Yes.
Und ja, ich bin sehr gespannt. Es passiert viel in der Szene. Es ist ja irgendwie auch geil. Ja. Passiert das alles gleichzeitig, oder? Und eben, es kann nur wachsen, wenn es mehr Leute macht. Es ist wie, auch für euch da draussen, es ist wie, es gibt kein Gegeneinander, es gibt nur eigentlich das Miteinander. Wenn du einen Podcast willst anfangen, es ist so einfach. Fang einfach an. Red mit den Leuten, share deine Lieblings-Local-Bands. Wenn du eine Vorband brauchst. Mehr ist mehr. Wenn du eine Vorband brauchst, machst du nicht ein Online-Voting, wo du 4 Schweizer Bands gegeneinander antreten lässt, um einen Slot zu bekommen. Das ist schon ein Assi. Davon hörst du in der nächsten Folge. Let's go. Tschüss. So, einer von zwei muss jetzt noch etwas sagen, weil das ist nie das Outro, ist nie der Schluss. Es muss nicht gescheit sein. Pimmel. Ja, etwa so. Danke, wenn wir da sind. Ich entscheide mich da für etwas Gescheites. Nein, hör auf mit dem Sein. Ja, schon. Okay. Bots, Holzöpfel und Zipfelkappen. Jetzt ist genug heute unten. Entweder gehst du ab innerlich oder äußerlich, aber definitiv gehst du ab. Wenn du abgehst, dann machst du alles richtig. Jawohl. Ciao zusammen. Ich habe so geschwitzt, meine Hose ist grösser geworden.